Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Wir sind da im Expello Bandroom mit Expello. The whole Expello. Yes. Die ganze Band, ja. Die ganze Band, die anderen sind einfach da hinten, Ja. der Kamera Ja, und versteckt. so. Der Rest ist rausgerührt worden. Ja. Es sind jetzt nur noch der Niki und Mick. Das ist Vicky, ein was machst du? Untergriff an dieser Kamera. Was? Bouldergriff? Das sieht aus wie so ein kleines so ein Pinch-Teil. Schon ein bisschen, ja. Ich finde es schön, wie wir das noch irgendwo vorgestellt haben und wir schweifen schon ab. Glorios. Hey, für alle, die letzte Folge nicht gelost haben, Mhm. was ich zwar sehr nicht empfehle zu machen, weil die Folge ist sehr gut war, könnt ihr euch schnell vorstellen, wer ihr seid und was ihr so macht. Wir haben das in der letzten Folge nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, ich habe sie nicht gelost. Ist nicht los. Oder was? Nein, für die letzte Folge nicht gelost haben, ob du Mit jetzt schnell kannst dich vorstellen, weil die letzte Folge nicht gelost haben, mit euch wissen ja nicht, Ah, mit das uns? ist. Ich habe gedacht, was hat das mit uns zu tun? Ja, was sie sorry, in der letzten natürlich. Folge gemacht Es tut mir leid, haben? die letzte Du Folge, meinst- die wir mit Expello aufgenommen haben. Du Das meinst, ist eine du Weile meinst her. Folge 37 wahrscheinlich. Ich meine die Also, wenn ich Folge, das die getroffen vor habe, etwa 2 Jahren rausgekommen ist, ja. Das ist dort, wo ich mir nachher so übel den Finger eingeklemmt habe. Ne? Ja, das ist wieder gebouldert. Oh. Bist gescheitert, bevor du überhaupt in die Halle bist. Oh no, stimmt. Weil ich so excited war, wie du mir... Ja, erzähl mal, was passiert ist, weil das ist ja nachher gewesen. Das haben Leute Stell dich zuerst mal Also, vor. also- Stell dich zuerst vor. ich bin der Niki von Expello, ich mache Gitarre. Du machst Also Gitarre. nein, ich spiele Du machst Gitarrenmanufaktur, Ja. weiss Ja. man. Niki Guitars. Niki Guitars. Ja, vielleicht irgendwann kann ich weiß es nicht. Ja, Mal schauen. you never know. Mal schauen, was für ein Hyperfocus ich irgendwann sonst Ja, mache. ja. You never know when the tism is gonna Ja. tism. Ja. Aber erzähl mal das vom Finger. Das ist Jetzt, was sieht zuerst noch? Da Okay, können ja, wir ja, abschweifen fair. 4 Stunden. Lade ich gerade. Ich Ja, lade ja. gerade. Mick, ich mach Vocals. Machst du Fokus? Ja. Also, that's it. Das ist schon Ja. das ist schon so. Ja, singen. Ja, und so, da so ein bisschen die ganze... Du so, ich bin Mick, ich mache Vocals. Ja, ja. Ich bin sonst mega charismatisch auf der Bühne, Ja, voll. aber Ich jetzt beim finde Podcast immer, ich so, finde immer irgendeinen Grund, um nicht müssen helfen zu tragen und so. Also einfach so richtig Vocals. Hey, für Fotos posten ist auch ein Job von der Frontperson von dem Ja, und dann Merch. Fall. Und ein Merch. Schätze Mhm. nicht den Merch. Ja, der Merch ist effektiv nicht zu unterschätzen. Mhm. Mega. Aber wir gehen nachher noch drin rein, dass es auch einen Nachteil hat, wenn der Fokus so ein bisschen auf einem liegt. Aber ich habe gespritzt. Mhm. Okay, Niki, einfach, dass wir jetzt da rauskommen. Kannst du noch mal schnell sagen, hallo, Ja. ich bin der Niki, ich spiele Gitarre bei Expello und klemme gerne meinen Finger ein. Hey, ich klemme überhaupt nicht gerne meinen Finger rein. Es ist einfach nur ein bisschen dumm gelaufen, weil wir haben ja letztes Mal den Podcast gemacht und ich glaube, sind wir schon viel zu lange dran gewesen. Du hast sowieso müssen gehen, weil du wieder eine von deinen 100 anderen Verpflichtungen Da habe ich noch hast. nicht 100 Bands gehabt, da ist es nur... Eine weniger einfach. Du hast irgendetwas Nein. anderes müssen machen. Da hat es Ich Towers weiss noch nicht gegeben, Mhm. da habe ich noch nicht bei Fear Lab gespielt, da bin ich noch Fair. relativ normal unterwegs gewesen. Ja. Ja, du hast auf jeden Fall müssen irgendwann um 1:30 oder so gehen, oder Mhm. um 1:30. Ja, Irgendwas ist etwas, ja. hast du müssen Wir machen. sind schon etwa 3 Stunden. Und dran, wir ja. sind nachher zum Buba gefahren und haben dort bouldern. Und ich bin Und die so, Vorfreude ist so Ich bin groß. so excited gewesen, weil ich habe immer nur die Videos gesehen und ich habe so eine schöne so ein Boulder-Gym gefunden. Und dann habe ich mich so hart gefreut. Ich bin so dort hingefressen. Ich so, Mick, das wird der Wahnsinn. Jetzt müssen wir da aussteigen, müssen wir da bouldern. Und ich habe hinten die Tür aufgemacht vom Auto. Bin ausgestiegen. Und habe die Tür zugemacht und dann vergessen, die Hand rauszunehmen aus dem Spalt. Alter, da haben wir so fucking den Finger eingeklemmt. Und nachher, hast du nicht nachher so Eis geholt bei Ich der habe Bar? nachher Eis geholt bei der Bar und sie haben mir ich habe ein Schmerzmedikament dort Aha. und sie haben gesagt, sie können mir keins rausgeben, weil sie keine Apotheke sind. Oh, ich habe noch irgendein so ein super grusiges Schmerzmedikament in meinem Rucksack gefunden, glaube ich. Ich habe glaube keins genommen. Ich habe einfach gefunden, ja komm, fuck it. Ja. Und nachher Du bist einfach gecoacht beim Wetter. habe ich gecoacht Mhm. mit so einem pulsierenden Finger. Oh. Ja, fuck, was hat so weh da. Dann ist der ganze Nagel abgehakt. Es hat mega, Ui. mega gut ausgesehen, ja. Er ist jetzt wieder da. Ja. Und ich habe fast wieder Gefühl. Hast du auch Mühe gehabt beim Spielen und so? Nein. Ja. Nein, das hat keinen Einfluss gehabt. Aber- Also, coolerweise. Mhm. Weniger Einfluss als die gebrochene Hand, die ich ein Jahr vorne hatte. Ich Ja. weiß es ja gerade. Das ist, nicht so die Glückshunde. Ja, eigentlich schon, müsste man meinen, es ist dir recht. Aber. ja. Brauchst du Cool. eine Pause? Das ist, schon, weil oder? ich nur- mit, ja, das ist, das weil ist- ich mit dieser Hand Vorher an meinem Arsch Lottozettel. gehabt hast, ja. Das brauchst du zum Oldschool RuneScape spielen. Das Sonst brauche ich geht's nicht. zum Klicken Ja. für Oldschool RuneScape.
Und zum Lottozettel aus, vielleicht spielt kein Lotto, weil ich spiele RuneScape. Ja. Gibt es New School RuneScape? Es gibt es schon, aber es ist ein bisschen wack. Ja, ist weg. Okay. Ja, das kann man nicht machen. Ja. Anyway, wir sind jetzt da, weil Was unter für ein anderem... Es gibt keinen Segway, es wird jetzt einfach abgeklemmt werden. Ich habe heute in einem Meeting im Geschäft gelernt, man muss bei gewissen Sachen einfach reingrätschen, weil sonst artet es aus. Ja. Von dem her, anyway, Niki, ist eine coole Story, die du erzählt hast, danke vielmals. Aber wir sind ja eigentlich hauptsächlich da, weil ihr habt diesen Sommer ja ein bisschen etwas geleistet. Ganz etwas Kleines. Ja. Ihr habt ja etwas gemacht, was die wenigsten Bands schaffen. Mhm. Nämlich, dass ihr offiziell die beste Band der Welt sind. Ja! Also das sage ich. Das ist jetzt Ja. meine Dings. Ihr habt ja, wenn es jetzt runterbrichst, ihr habt quasi am Wacken Metal Battle mitgemacht. Wo Schweiz, weltweit alle Bands sich können anmelden zum Mitmachen. Nur für die von 12.633 Anmeldungen global. Ja, aber nur die von den Ländern, wo es dürfen nicht alle Länder immer mitmachen. Das heisst, Gut, aber bei der WM dürfen Aber auch nicht alle Länder zuerst immer mal- mitmachen. Zuerst aber mal wie sie weg sind. im Schweiz Shooten. gewinnen, weißt du, zuerst mal in der Schweiz gewinnen, das ist schon mal ein Win, oder? Nachher gehst du dann und gewinnst sogar Internet. Also das sind 2 Wins auf einmal. Ich würde sagen, quasi das WM-Final gewonnen, also beste Band der Welt. Ja, in dem Fall danke. In dem Sinn, Der Ja. Fall Metal WM, ja. Voll. ja. Ja. Einfach, dass ich es gesagt habe. Einer von uns zwei hat gute Reicher gehabt, letztes Jahr schon. Und hat für das Album schon den Metal Serval Award verteilt, der wahrscheinlich wesentlich weniger bringt wie der Win am Metal Battle. Aber hey, das ist ja egal. Jetzt, Er steht dort hinein. dort Er steht dort neben neben unseren dem... Trophäen. Also Wir alle müssen nachher unsere ein Spot von dem Trophäen. machen, das ist gut. Ja. Ja. Das sind unsere Errungenschaften. es ist wirklich eigentlich, also ich bin sehr impressed von eurem Bandraum. Der ist absolut insane. Ihr habt, glaube ich, ein besseres Studio als die meisten. Also von allen 3 Bands, die wir bisher besucht haben, ist das Beste. Ja, Das ist nicht so eine hohe Quote, aber das ist vor allem, trotzdem ich glaube, ihr habt ein besseres Studio als die meisten Leute, die Geld verlangen, dass Bands bei ihnen im Studio aufnehmen können. Möglich. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, wie du gesagt hast, ist nicht so eine gute Quote. nicht so eine Höhe. Nicht so eine höhere Quote. Es hat nämlich geheißen, ja, wir machen dann da so Bandroom-Rates mit Metal-Server. Gehen wir jede Woche bei einer anderen Band in den Bandroom einbrechen, zu euch kommen wir auch. Nachher ist ein Jahr lang nichts passiert und jetzt sind wir da. Und jetzt sagen, wir sind in drei Bandräumen gewesen. wir haben unterschätzt, wie viel Aufwand es ist. Obviously. Wir haben gedacht, du kannst einfach so, MTV hat das so locker flockig ausgesehen Ja, lassen. weißt du wieso? Weil sie irgendwelche Gunis haben, die die Kamera und das Zeug rumschleppen. Ja, weil ihr alle Das älter haben wir ja werden auch und Jobs haben. Das haben Okay. wir ja auch gehabt, jedes Mal, wo wir in einem Bandraum sind. Ich würde sagen, MTV als Vorbild zu nehmen ist wirklich geil, weil es braucht ein Metal Next unbedingt. Nein, du machst jetzt nicht Plan für Metal Server. Wie hat es geheißen, wo die Wohnungen sind besuchen und haben so Room Rates. Crips. oder? Room Raiders, oder? Ja. Das ist MTV Crips, gewesen, oder? Nein. Nein, Nein, das ist irgend so eine lustige, also dumme Show gewesen, wo irgendwie 4 Girls oder Boys irgendwie, und nachher ist jeweils ein Girl oder Boy in die Zimmer rein und hat dann müssen jemanden auswählen für ein Date aufgrund vom Zimmer. Und es ist ist wirklich aber dumm eigentlich- gewesen. Oh, ich wäre absolutely undateable gewesen. Absolutely undateable. Aber The reason, wieso dass ich überhaupt können daten, ist, weil ich nicht zuerst mein Zimmer gezeigt habe. Alter, als ich dich kennengelernt habe, sind in deinem Zimmer teils wirklich einfach so Stapel von Müsli-Schälchen gewesen. Hey. Weil die ganze Wege hat auch keine Müsli-Schälchen mehr gehabt, weil alle bei dir Ja, sind. ich bin Kunstkurator und das sind sehr schöne Müsli-Schälchen. Hast alle... Ich habe Hast du die auch schon können? absolut... Nein, Die haben alle zusammengeklebt. Die haben so alle... weißt du, weißt, das ist heute noch so. Ich habe so... Nati einmal die heiß auf dem Sofa so, hast du noch irgendetwas für einen Geschirrspüler? Ich so, ich fühle ihn schnell. ich gehe schnell schauen, aber ich glaube nicht. Und dann versuche ich so mega leislich so 8 Stapel so Teller und Zeug von meinem Schreibtisch so, ohne dass es möglichst stöhnt. Weil Und sie man muss merkt es ja so- dann, weil der Geschirrspüler läuft und einfach eine ganze Ladung nochmal oben drauf steht. Nein, einfach, es klärt ja dann einmal so fast von den Löffeln. So. Und ich versuche so mega leislich zusammenzustellen. Und sie ist dann so, aha. Und ich so, nichts. Dir ist Es bewusst, geht dich nichts an. dir ist bewusst, dass du gerade einfach einen perfekten Monty Python-Sketch beschreibst. Most probably, ja. Ja. sind wir eigentlich bei der- Anyway, also ihr habt das Wacken Metal Battle gewonnen. Wie ist es Ah, hier? dort sind wir gewesen. Was Genau. ist eigentlich genau, wie, jetzt die Leute, die Aber nicht was wir wissen- gesagt haben, MTV 2002, Peak TV wird nie mehr geben.
Ja, Anyways, merci bitte mit zum dir. allen verraten, dass wir alt sind. Gut, das haben wir vorher selber gemacht. RuneScape, MTV Room Raid. Egal, anyway. Next up. Next ist auch so eine wilde Bello, Sendung. grätsch mal dir selber rein. Hey, ich habe viel zu wenig Fernsehen geschaut. Ich kann das alles nicht. Du musst mal Clips von Next schauen. Im Fall. Das ist insane. Das ist insane. Es ist dumm. Es ist aber insane wirklich, dumm. aber Ja. wirklich, ja. Ich habe Es ist irgendwie- auch das, was heute so ein bisschen die Generation auf TikTok ist oder so, ist damals einfach so in diesen Shows gewesen. Ich habe früher schon sehr wenig Fernsehen geschaut und ich schaue jetzt gar kein Fernsehen, weil ich es einfach super scheiße finde. Ja, fair. Was willst du schauen? Also, was ich nochmal würde schauen, wäre der Bachelorette mit dem Mike. Das würde ich Oh nochmal no. schauen. Also, sie müssen mal den Bachelor mit Mike machen. Weißt du, wie funny? Holy fuck. Alles Ghost-Chicks, Alter. Meinst Weißt du, du? wie gut? Meinst Ja, du? Mann. Das wäre Peak TV. Dann kann ich ja morgen mit euch an die Party. Ja, er kommt sicher nicht. Wahrscheinlich. Ich weiß Mike, nicht. hoffentlich bist du da. Ja, wenn das ausgestrahlt wird, ist die Party vorbei. Nein, ich tue schon. Der Ricky hat den Tism, er lässt das heute noch auf. Ja. Sonst vergiss ich so ein Bild einfach eine Woche liegen. Das heisst, falls du noch irgendetwas regrettest, ist morgen zu spät. Ah, Musst du sofort ins Bett schicken. nein, fuck. Okay, egal. Das kommt Also, schon gut. Jetzt Nick, grätsch pass ich. du vor uns auf. Was hast du vorhin wollen sagen? Jetzt gut, es ist gut, dass wir zwei beide auf uns aufpassen. Wegen dem Wacken Metal Battle, ihr habt das ja gewonnen. Habt ihr da irgendetwas dazu zu sagen? Haben die Tipps und Damn, was für Tricks. eine Gesprächsführung. Hey. Damn, also. Oh boy. Haben Also wir etwas alles hat dazu sagen? angefangen damit, dass wir uns angemeldet haben. Also nein, angefangen hat es mit, du bist mal auf die Welt gekommen. Ja. Und dann irgendwann später ich. Okay, stopp. Wir haben uns angemeldet. Wir lernen das jetzt. Sicher auch spannend für ein anderes Mal, aber wir haben uns angemeldet. Und zwar mehr mit so einem, so ein bisschen, irgendwie, ja komm, wir probieren es. Wir haben actually unser allererster Contest ever haben wir Anfang des Jahres im Januar gespielt und das war das Blood Battle gewesen, tatsächlich. Oh, wir ja. haben wir haben vorher noch keinen einzigen Contest in 18 Jahren, 18, 19, 20, was weiß ich, je nachdem, wenn man eintreten ist, Bandgeschichte. Haben wir nicht, also so Votings und so haben wir glaube schon Ja, mal gut, vielleicht gemacht. Votings, aber nicht Aber Band-Contests, nicht so wo du Contest in dem gehst Sinn, spielen ja. Wer als ist der Blood Contest. Battle? Blood Der Battle vom ist vom Baden im Blut. Ah, ja. Dort, Baden im Blut. Baden im Blut. vom Baden im Blut Ja, Festival. irgendeiner, ja. Das ist im Juni einmal und dort werden 5 Bands und das ist halt so ein bisschen vom Mechanismus, du kannst dich dort nicht wirklich anmelden, du wirst so quasi angeschrieben und eingeladen für das Battle. Ja. Und wir sind dort angefragt worden und haben gefunden, ja und dort ist es dann so abgelaufen, dass dann einfach eine Reihenfolge ausgelost worden ist und wir sind absolut todesnervös gewesen, weil es ist Ja, und ich bin unser krank erster- gewesen. Und du Ich bist- hatte doch irgendwie Fieber gehabt. Du bist noch und- halb irgendwie schon nicht auf Ja. der Höhe gewesen. Und nachher dann ist unsere fucking scheiß Senior-Technik irgendwie noch ausgestiegen und dieses Mikrofon. Also bei mir ist Senior ausgestiegen. Ja, aber der Und- hure Galöri von Soundtech dort hat unseren Tech-Rider nicht gelesen. Und hat angefangen, wild Sachen von Was uns ein Wunder. Er hat wild Ja. Sachen von uns In-Ear raufgeschickt und ich dann irgendwann so schnell, kannst du bitte alles vom In-Ear, wo du uns schickst, Also, rausnehmen? du hast schon Und er recht so, pissig angefangen zu diskutieren. Ja. Das ist natürlich ja, nicht nein, so schlau sorry. gewesen. Ja, vielleicht ist es Nicht der nicht das zweite. Smarteste gewesen. Nein, also nach dem ersten und nach dem zweiten Song. Und wir haben dort auch noch gar nichts. Also wir haben da nicht gesplittet. Wir haben einfach gefunden, wir spielen jetzt einfach unsere Setlist und hülülü. Und dann sind die technischen Probleme gekommen. Wir haben schon gedacht, ja, Scheiße. Wir haben es natürlich absolut poorly gehandelt. Und sind dann trotzdem Zweiter geworden mit einem mega grossen Anteil Publikumsstimmen. Aber die Nur Jury, mit der Publikumsstimme? ja, die Jury hat uns mega nicht wollen haben- Platz 1 gegeben. Und dann hat, glaube ich, wie hat es Wir haben geheißen? wegen Black Diamond. Ja, mit, Black Diamond hat dann gewonnen. ja. Gut, Baden im Und Blut ist eher Death, Black. Ja, voll. Ja, und ich ja. glaube, weder mir noch Black Diamond hätten gut dorthin Okay. gepasst, aber Ja. Black Diamond hat, glaube ich, 13 Stimmen mehr gehabt Ja, ja. als mir. Und wir haben irgendwie 90% davon nur mit Publikumsvoting. Geil. Genau, und dann ist die Anmeldung irgendwie aufgegangen für das Wacken Metal Battle. Und wir haben. Ich glaube, es ist das Jahr irgendwie früher aufgegangen, viel früher aufgegangen. Aber Ja, ich glaube, das dort schon haben wir es, ist bis in Januar rein ist noch die Anmeldung offen gewesen. Und dann, und wir sind eigentlich nachdem
Erlebnis, wir sind so mit gemischten Gefühlen eigentlich in die Anmeldung gegangen. Wir haben gefunden, eigentlich haben wir keinen Bock irgendwie. Es ist ein mega psychischer Stress gewesen, mit dieser Contest-Situation irgendwie. Und auch mit den technischen Problemen und allem, was wir hatten und der Stress und alles. Und beim Backmetal musst du schon so 5 Termine irgendwie reservieren, weil du weißt noch nicht, wann... Hure viel gewesen. Ja, eben auch von der Logistik her. Und wir haben gedacht, so, okay, weißt du, und dann, wir haben uns dann aber angemeldet und haben gefunden, hey, look, wir kommen nicht weiter. Ja, und dann haben wir uns ja noch zum etwa 18. Mal am Greenfield Contest angemeldet und erfolglos. Wie immer eigentlich, also wie jedes Jahr. Ich habe dafür trotzdem das Greenfield können. Das stimmt. Mit Unified Move. Aber du hast gezahlt. Scheiß habe ich gezahlt. Nein, aber zum Gehen. Nein. Ah. Ich bin Unified Move und gesagt, komm featuren und ich bin dann halt einfach dort featuren. Und, also das Hotel habe ich gezahlt, ja, zum dort pennen, aber abgesehen davon. Du zahltest nicht? Ich habe sogar vom Buffet Kredenzen dort. Das ist im Fall das wirklich, das war so nice gewesen. In dem Fall zahlt man. Und dort das ist noch witzig. Ich weiss noch, wenn ich dort hingeguckt bin, das erste Mal, dass ich in einem Backstage war von so einer riesengroßen Produktion. Also wirklich vorher noch nie erlebt in dem Stil. Das ist nochmal etwas anderes als Gränichen oder irgend sowas. Und ich habe dann wirklich, ich habe dann den Inflames-Sänger gesehen dort und ich bin ein Fan. Und er ist wirklich so am Tisch nebendran gehockt. Und ich habe so, fuck, ich würde so gerne einfach ein Foto mit ihm machen oder so. Aber es ist halt der Artist Backstage. Also bin ich so durch zu der Artist Managerin gegangen von Unified Move, zu der Tanja. Und ich habe gesagt, hey Tanja, jetzt musst du einfach ganz ehrlich mit mir sein. Ich will gerne ein Foto machen, gehört sich das oder nicht? Und sie hat einfach gefunden, nein, gehört sich nicht. Machen wir nicht. Schauen einfach an. Das finde ich aber generell mega geil in diesen Artist Backstages von grossen Produktionen, wo du wirklich dann so, alle verhalten sich so mega normal, aber du weißt, innerlich sind alle so, fuck man, das ist der, das ist der Tino, ich würde fast so gerne ein Foto machen mit dem und dann so. Ja, aber das wird nachher noch relevant. Das wird nachher noch relevant, die Story. Also, und ich bin wirklich dort hinten und gefunden, so, Mann, ich darf nicht ansprechen, ja, aber okay, das wird schon seine Richtigkeit haben. Genau. Und ja, dann haben wir uns angemeldet und sind dann eingeteilt worden für unser Semifinal im Werk 21 am Dienstagabend, am 8. April, glaube ich. Ich habe gemeint, das war eben fix, dass wir in Zürich spielen. Wo ist es? Nein, sie Save Your Last Breath, Mary Jane und Bad Marilyn. Stimmt, ja. Genau, mit denen. Und wir haben als erstes gespielt, irgendwie so um 7, halb 7. Ja, dann 7 gespielt. Irgendwann 7 oder halb 8 haben wir gespielt. Elend, hure früh haben wir gespielt. Und ja. Aber ich weiss schon dort, ich habe das Line-Up gesehen und ich so, ja, Save Your Last Breath gönnt. Easy, in dem Fall ist Endstation. Ja, das ist wirklich... Aber easy, machen wir es. Ja, schauen wir mal. Das Lustige war, dass ich, glaube irgendwie so ein paar Tage vorher ist noch im Zakiona ist noch eine Austragung mit Kate Effect. Und ich bin dort auch schauen, dort hat ja Fueled by Fear gewonnen. Und dort hat der Luki mit mir einen Podcast gemacht, weil er glaube irgendwie gerade so Hyperfocus auf Podcasts machen hat. Und nie released. Und hat mich ausgefragt, wie meine Einschätzungen sind. Also es existiert das Zeitdokument noch, wo er mich so gefragt hat, was denkst du, wer macht es? Und ich habe gerade gesagt, ja, Save Your Last Breath, safe. Machen die das? Ja. Luki einfach auf Content am Sitzen, Alter. Das geht gar nicht. Ja, aber das ist eine fun Story, weil der Luki hat jetzt schon etwa 3 Wochen lang mit mir geplant, wie wir einen Podcast werden machen irgendwo. Ja, hauen mal auf das an. Ich hoffe, er hat Aufnahmen noch. Das ist wie unser Reisevlog. Nein. Mick, erzähl weiter. Ja, und nein. Ich tue... Ja, sonst kannst du erzählen, wie hast du den Abend erlebt? Der Dienstag. Der Dienstag. Der Semifinal. Ja, ich bin seit längerem mal wieder mit dem Zug angereist als Konzert. Nein, das war die unnötige Geschichte, wo ich gemeint habe, ich muss auch da helfen in den Bandraum. Und nachher bin ich gekommen und weil Expello immer so pünktlich ist, also alle im Prinzip, und man meistens auch noch ein bisschen früher nachkommt, weil man sich sicher ist, dass damit wir nicht in Stress kommen, komme ich da an, um nachher festzustellen, dass alles schon eingeladen ist. Damit nachher ich nicht mitfahren mit dem Auto, weil es nicht genug Platz hat. Und ich nachher musste mit dem Zug wieder zurück auf Zürich. Und ich war auch so, ja, easy. Dann, dann kehre ich wieder. Du, ja, wie ist es gewesen? Haben wir den Soundcheck gehabt? Haben wir den einzigen Soundcheck gehabt, glaube ich? Nein, es haben doch alle irgendwie einen Soundcheck gehabt. Ich weiss nicht mehr, wie es genau war. Es ist auch irgendwie ein bisschen
noch irgendwie speziell organisiert gewesen, weil die Leute, die das organisiert haben, haben das glaube ich auch noch nicht so oft gemacht. Ich glaube, sie haben es nicht schlecht gemacht. gemacht. Sagen, dass sie das wirklich super Arbeit geleistet haben. Und ja, dann haben wir... Ja, es ist Wir haben erstaunlich viele Leute gehabt, wie das so früh war. Jetzt recht, ja, das ist wirklich cool gewesen. Hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Nossen rausgekommen sind. Ja, ich glaube, ab der Hälfte von euch im Set ist nachher niemand mehr gekommen. Also ab eurer Hälfte ist nachher, glaube ich, voll gewesen. Also nach 10 Minuten. Voll ist es ja nicht gewesen. Nein, aber es ist das Maximum an Crowd erreicht gewesen, ab der Hälfte von euch im Set. Was auch spannend ist, wir haben dann wirklich nach der doch eher nicht so gut gelaufenen Nummer am Blood Battle sind wir natürlich, und das ist mal etwas, was ich sagen muss, das ist etwas, was Wacken Metal Battle uns mega vorwärts gebracht hat als Band. Weil wir wollten anhocken und sagen, Scheiße, wie strukturieren wir die Huren-Shows jetzt eigentlich? Weil du machst das 20 Jahre lang, du bist so von betriebsblind irgendwann. Ja, vor allem mit dem kurzen Timeframe. Genau. Weil es hat doch geheißen, eben... Blood Battle war 30 Minuten gewesen, einfach zu ihm. Und das Semifinal eben auch wieder 30 Minuten. Ja. Stimmt, es war beides 30 Minuten gewesen. Nachher hat es geheißen, für die Finale dann 20 Minuten. Und dann haben wir ja gesagt, hey, wir müssen irgendwie... Mit das durchgetockt irgendwie. Wie bringen wir innerhalb von 25 bis 30 Minuten alles auf die Bühne, was wir den Leuten zeigen wollen, wer wir sind und was wir machen. Und ich glaube, wir haben dann schnell mal irgendwann gefunden, ja, vielleicht müssen wir das mal ein bisschen skripten. Also das habe ich gefunden, weil Hast du das gefunden? Ja, weil ich stinke Huren ab mit Ansagen, wenn ich die muss improvisieren. Das geht vielleicht irgendwie in 2 von 10 Fällen geht das gut und der Rest ist awkward. Und es ist auch für die anderen nicht so geil, wenn sie nicht wissen, ja, wann muss ich jetzt einfach fucking einsetzen, wann muss der Moritz den Song starten oder so. Das ist immer so ein bisschen ein Knackpunkt dann auch, oder? Und wenn es natürlich durchgescriptet ist, dann wissen die anderen, was ich sage und wann sie einsetzen müssen. Und was wir mega unterschätzt haben, ist, wie absolut flüssig die Shows das werden. Das ist wirklich crazy. Also wir haben für uns, es gibt Bands, die scriptet wahrscheinlich auch ein Stück weit, ab einem gewissen Level machst du das, glaube ich, einfach. Aber wo mega, weißt du, der Sänger mega schlagfertig, kann wirklich auf Situationen mega natürlich eingehen. Der Lucky redet dann eben in der Relo fast ein bisschen zu viel. Er ist zwar super unterhaltsam, aber ich habe es bei der Show gesehen, wie ihnen im Zack. Weil ich meine, nein. Viel Liebe für den Lucky. Rück mal die Aufnahme raus. Und nein, aber ich habe es dort auch gesehen. Ich meine, Fuel by Fear hat dort gewonnen. Und die haben halt einfach eine säcke Show gehabt. Das hat einfach knapp back durch. Und der Lucky hat einfach mega viel gelabert zwischen den Songs. Das nimmt er extrem Wind aus den Segel dann, oder? Und das ist dann so ein bisschen, da kommt dann so nicht so stimmig auf. Es kommt so bei Leuten, die so alle 2 Tage an einem Konzert finden, ein bisschen cooler rüber, weil es ist nicht das, was alle Bands machen, aber wenn du halt einfach, wenn du halt nicht so viel an Konzert gehst, bist du bei so einer Band, dann halt wahrscheinlich dort stehen und denkst, ich kann jetzt einfach mal die Schnurren haben. Ja, wir haben dann einfach da so angefangen zu skripten. Es war für mich quasi ein bisschen eine Erleichterung, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich muss mir nicht irgendetwas aus dem Arsch ziehen zwischen den Songs spontan. Und für die anderen war es auch eine Erleichterung, weil ich gewusst habe... Weil wir auch gewusst haben, oh, Mick muss sich nichts aus dem Arsch ziehen. Genau. Und ja, wir haben das und ich denke, ein sehr grosser Kritikpunkt an unserem Auftritt auch schon, und zwar war das nach der Eskimo Callboy Show damals, wo nämlich, ich glaube, das war der Basil gewesen. Der Basil, der dort noch Reviews geschrieben hat, der gesagt hat, ja, also ausser Zürich und geil ist es der Mick eigentlich sonst nichts Gescheites rausgekommen bei den Ansagen irgendwie. Hey, schön, wenn man Videos hat oder so, ich sag das sicher mit einer Frequenz von irgendwie pro Minute 2 Mal, entweder oder beides. Also, ich weiß nicht warum. Das ist, weil alle grossen Bands nichts anderes wissen, um zu sagen, wie der Name von der Stadt, wo sie sind, und dass sie es cool finden. Und weil wir an so viele Shows sind, haben wir das Gefühl, aha. Nein, es war dort wirklich extrem gewesen. Und ich das war wirklich gewesen. Der Song ist fertig. Zürich geil. Ja. Und nachher so Zürich geil. So ein Band wahrscheinlich im Hintergrund. Nein, Fresse. Also jetzt musst du extra beim nächsten Show einfach Zürich geil zurückgehen. Hey, manchmal mache ich es sogar im Fall einfach als Insider innerhalb von der Band. Aber ich bin zurückhaltend worden. Das Beste sagst, Zürich geil, bist in Bern. Das ist sick. Ja, wie der Sänger von Sum 41 am Greenfield. Ja. Zurich!
Ja, Brüder ist dort jetzt in den Bergen gestanden. Ja, und hat das Gefühl, Zürich. aber das ist Oh, auch... weil wer wenn- hat das ja, so- aber sie haben den Atlas auf den Tisch gelegt und er hat nicht aufgesehen. Darum weiss er gar nicht. Wo wir es schon davon hatten. Ja, es schaut Ja, so oder gross. wo wir in Rostock waren, Broilers schauen. Und der Sammy Amaro hat Ostsee und Nordsee verwechselt. Und das ist... Und sie haben einen Ausbaut im Fall. Das war schon mal übel gewesen. Gott, aber auch völlig verdient. Ja, aber so im Spaß. Es ist natürlich... aber es ist doch ein bisschen peinlich gewesen. Darum ist das Werkbaden so geil. Wenn du im Werkbaden auf die Bühne laufst, hast du an der Tür so ein Schildchen und dort steht, ihr seht das ja am 8. November, hat es ein Schildchen, wo steht Ich bin da. Hello Baden, we are. Und dann kannst du so das, ja, ist gut, super, weiss ich auch was sagen. Nein, leider nicht. Meine Freundin spielt dann ein Konzert und ich muss dort helfen. Okay. Du musst. Also leider nicht. Also, ja. Also, komm nochmal. Druck dich aus. Wir sind da zum Reden. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Das habe ich gedacht. Ich bin da. Okay. Nein, eben, und dann haben wir die Show gespielt und es ist mega gut rausgekommen. Aber ich kann auch sagen, es ist, also ich bin ja dann auch zum Beispiel gerade bei Save Your Last Breath schauen gegangen und dann dachte ich so, Scheiße, Mann, ey. die räumen uns immer noch ab. Irgendwie. Und, hey, keine Ahnung. Also es ist... Wir sind, ja, es ist wirklich Also das ist im Fall wirklich, also spannend. wenn ich die Halbfinal-Line-Ups gesehen habe, habe ich so das Gefühl, das ist wahrscheinlich das, was am härtesten wird zum Entscheiden. Ja. Ja, vor allem habe ich eben, Ja. ich habe all die Halbfinals angeschaut, oder die Heats, würde ich jetzt so sagen, und habe wirklich müssen sagen, boah, ey, das ist schon Crème de la Crème von der Schweizer Musikszene, so auf dem... Also ein paar Überraschungen hat es gegeben. auf Ich bin so dem verdammt Niveau. überrascht gewesen, dass so nur nicht Eben, weitergekommen ja, sind. ja. Wer hat Ja. dort gewonnen? Ich glaube, Bedrängnis haben Ah, dort gewonnen, Bedrängnis. tatsächlich. Das war Ja. sehr interessant gewesen, also das Finale. Ja, Ja. aber weißt du, alle, irgendwo durch müssen sagen so, boah, das ist schon hure krass, es hat hure viele geile Bands und irgendwie haben es einfach alle gerade aus. Ja. Ich weiss gar nicht, wer nächstes Jahr soll mitmachen. Mhm. Du Ja. Wir kannst ja dürfen nicht alle nochmal die- mitmachen, du kannst ja nicht die nochmal nicht die gewonnen gleichen- haben. Aber ich glaube, du kannst dich schon wieder einmal... Ah, können alle nochmal, ja. Ja. Ja, also ich glaube, solange du das nationale Finale nicht gewonnen hast, darfst du glaube nochmal mitmachen. ja, ja, also. genau. Ihr dürft nicht. Und ich Ja, habe wirklich auch, also auch weißt du, für Das das ist nicht so, dass wir es nochmal verbessern könnten. Weißt du, einfach für Ja. das Schweizer Finale. Einfach haben wir dachte das ich Line-Up, muss boah, nur eine Band wechseln. habe ich hohen Respekt gehabt vor dem Schweizer Finale. Weil ich dachte, ich so, hey, Brutal. krass, da kommen jetzt einfach all die das irgendwie mitgemacht haben. Und die haben alle wirklich auch Unglaubliches geleistet. Irgendwie. Haben 8 Bands, ich meine, das ist Ja. Obviously würde ich crazy. ja mir selber immer zuschreiben, so, ja, alle anderen haben Unglaubliches geleistet. Wir haben einfach Glück gehabt, Ja, obviously. Und nachher haben wir das Finale gewonnen. Und dann sind wir auf Deutschland gekommen und dann ich so, ja, all die anderen Bands haben obviously Unglaubliches geleistet. wir haben einfach Glück gehabt. Dann durch pures Glück haben wir am Wacken einfach auch nochmal gewonnen. Ja, und dann habe ich müssen sagen, jetzt haben wir Per einfach Glück Zufall gehabt. sind einfach alle 45 Ja. Jahre gleicher oder ähnlicher Meinung gewesen. Das war einfach ein verrückter Zufall gewesen. Ja. Aber es ist ja auch crazy gewesen. Ich meine, gerade am Finale selber. Ich meine, ich bin Also welche Finale jetzt? in der Jury. Ja, Schweizer der Finale. Halbfinale. Nein, Nein, das ist Schweizer. der Schweizer Finale Ja, in der genau. Jury. Okay, aha, Wir ja, haben- ja, ja. Ich meine, ich habe wirklich... Ich habe dort gemeint, dass... Also ich bin dort sehr sicher gewesen, dass eine andere Band gönnt. Ich bin sehr sicher gewesen, dass Royal Desolation gönnt, tatsächlich. Die sind sehr stark. Die haben extrem starkes Set gehabt. Und Und weißt ich du, bin... wer richtig stark war? Der Gitarrist von Algebra, Alter. Holy fuck, ist der Bruder gross gewesen. Holy shit. Fucking Cyborg gewesen. Ah, für die- Es hat für die- eh ganz starke Performances drunter gehabt. Mein persönlicher Fave dort. Ich habe wirklich gedacht, Royal Isolation macht und ich bin dann irgendwann vor der Rangverkündigung bin ich duschen, habe ich schon umgezogen und bin eigentlich so mega zerzaust irgendwie noch irgendwo zuhinterst gestanden und gefunden, komm, und jetzt sagen wir Royal Desolation und dann dürfen wir heimfahren und dann ist das Abenteuer für heute gelaufen und Ja, es hat in der schon Backstage. einen Backstage. Ah, hab nicht gewusst. Aber sie sind Ja, nicht ich bin schon bettparat gewesen, weißt du, schon alles gut gewesen. Ich bin Schon dachte so, Pischi? nein, fast, aber Ja. so Heimgehkleider. Und hey, dann rufen die einfach irgendwas für Expel und ich denke so, what the Also fuck, die, ey. Brian. Ja, nein, einfach da vorne und ich kann... Weißt du, das ist so crazy, wenn du eigentlich überzeugt bist, gehen jetzt heim und es war schön, gewesen, es war eine coole Erfahrung, gewesen, wir haben viel gelernt, wie wir unsere Shows optimieren und ja, das wäre alles gut gewesen. Und dann von einer Sekunde auf die andere, du spielst jetzt am Wacken in 2 Monaten.
Ich meine, es ist ja nur schon, ich meine, am Wacken spielen fast jede Metalband, die irgendwie anfängt, auf europäischem, aber auch teils internationalem Boden, irgendwie träumt davon. Ich meine, Wacken es ist nicht mehr zahlenmäßig das grösste Festival, aber so in Sachen Prestige und einfach vom Status ist das einfach so der Traum, den du hast, einmal am Wacken zu spielen. Und das ist so schwierig zu kommen dort. Und ich meine, Paleface sind jetzt nächstes Jahr fängs eingeladen. Leute in Südamerika, die können dir von den Metal Festivals in Europa nur einen nennen. Aber du führst komplett allein ab vom Wacken jedes Jahr. Und sie sparen die ganze Geld ein Jahr lang und gehen Wacken. Ja, aber die haben doch in Südamerika auch geile Festivals. Ja, schon, aber das ist nicht das Wacken. Das ist einmal alle 5 Jahre, haben sie immer so... Das Einzige, was es gibt, sicher Ozfest in Mexiko, aber that's it. Und Wacken das Thema ist so historisch, oder? Das ist einfach so ein Traum, einmal im Leben einfach mal Wacken gehen. Ja. Bist du schon mal gewesen, Ich wohne da, ich bin nie gewesen. Ja, ich muss mal. Gang mal. Ah nein, es ist Grenichen Immer jetzt. Grenichen, ja. Ja, aber das ist schon... Also, dort bin ich mega überrumpelt gewesen. Also ich habe auch echt nicht gewusst, was schnurrt. Dann ich habe das Mikrofon in die Hand bekommen und es ist... Ich meine, Stimmt, du hast nichts gesagt. Da hat der Moritz tatsächlich mal etwas gesagt. Ich bin überfordert gewesen. Ich bin wirklich dort vorne gestanden und habe nicht gewusst, was ich sagen soll, weil ich so nicht damit gerechnet in dem Moment. Und ich habe gedacht, holy shit, hey. Ist ja real, oder? Also haben ihr keine Ansprache vorbereitet? Nein, nicht. Also ich Nein, warum auch? Ja, also... Nein, ihr seid schon ein bisschen wie Deers in front of headlights. Ja. Also, aber du merkst vor allem, dass man so unglaublich nicht damit gerechnet hat. Ja. Das ist der Moment, Voll. der Moment, wenn der Tess das Mikrofon in die Hand bekommt und irgendetwas darf sagen, dann weisst du, alle anderen haben einfach auch gar nichts gesagt. Du hast auch nichts gesagt? Ich habe glaube auch nichts. Nick ist irgendwie mir noch nicht gesehen. Ich glaube, findest du immer noch auf unserer Instagram-Page. Wir haben einen Livestream gemacht. Du kannst Du hast einen schauen. Livestream gemacht, ich bin in der Ferien. Das heisst, du hast schon nicht geschaut. Wie gesagt, ich bin in der Ferien. Ja. Machst du Cuba Libres geschlürft. schon mal, wenn du zurückkommst aus der Ferien, in der Firma, also alle nicht gelesen, mehr einfach so alle in Kübel. Wenn es wichtig ist, werden sie sich schon wieder melden. Ja, so. Who the fuck Das hat mir cares? mein man? Lehrmeister beigebracht. Er ist nach einer Woche Ferien dort angehockt. Kontrolle A, der Lied. Wenn es wichtig ist, kommen sie schon wieder. Damn. Hey, nehmen wir den mal gut. Sonst sieht man auf der Kamera, dass ich der Einzige bin, der die Gutzlinnen steht. Wir sind eben alle professionell und essen nicht vor einem Mikrofon. Okay, ich esse es gut. Woher hört man das? Ja. Hört man da ganz üblich. Weißt du, wer mega Ich kann gerne extra einen gern so Catchgeräusche hat in so Podcasts und so? Der Dave von Safer Last Breath. Also, wenn er ihm nochmal eins auswischen nachdem er schon gewonnen hat, kannst du einfach ins Mikrofon catchen. Nein, ich bin nicht gemein. Okay, dann mache ich's. Ich bin auch nicht petty. Also. Lieb dich, Dave. Ja, nein, Niki, du hast selber nichts können sagen am. Ich Dir weiß hat es gar nicht mehr. die Sprache verschlagen. Ja, mir hat es auch die Sprache verschlagen. Und ich glaube, ich habe irgendwie. Selten ist das. Das ist sehr selten. Das ist effektiv sehr selten. Manchmal braucht es wirklich Gewalt, um mir die Sprache zu verschlagen. Wolltest du das ausführen, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Also, mehr hast du eine Story dazu, das war meine Frage. Keine Ahnung, hast du sicher schon mal irgendwo eins am Bauch bekommen, wo du nachher so nicht mehr hast können. Okay. Nicht. Ja, es hat jetzt einfach mehr so getan, als ob du noch Schonieren schon. irgendwie gerade so eine Anekdote hättest dazu. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe doch keine Anekdote zu irgendetwas. Okay, das ist gut. Er wollte einfach. Nein. Du sagst einfach auch sicher nicht Originalwald. Finde ich gut. Profesh. Hey, ja, dann haben wir uns vorbereitet auf das. Und ich weiss noch, das war so witzig, wir sind hier drin geguckt, in diesem Raum, und sind die Setlist dann zusammenstellen gewesen. Und wir haben extra noch Feedback geholt von der Jury, was man noch an der Setlist allenfalls könnte anpassen, verbessern und sowas. Und ich weiss noch, was mir das zuerst wie... Der erste Ding war einfach so, ja, aber was sollen wir jetzt noch gross schrauben? Wir gewinnen ja eh nicht. Und hat er quasi, ja, okay. Und dann hat er aber gleich gesagt, hey, bringt mehr Abwechslung. Vielleicht noch ein bisschen mehr melodiös und so, weil ich glaube, was bei uns irgendwie sehr positiv vorgekommen ist, wir haben ja extra noch das Intro für Breaching for the Sun gemacht, wo ich dort einfach so alleine den Refrain clean singe. Und das ist mega gut angekommen. Und ja, wir sollen einfach mehr Facetten zeigen, noch ein bisschen mehr melodiöse Zeugs drin tun. Und dann haben wir so einen Song noch müssen, oder
können umtauschen oder so. Und ich weiss, dann haben wir am Raffi angerufen, das ist ein mega langjähriger Kollege von Moritz und auch von uns. Also der ist wirklich so seit 2008 ist der dabei. Er ist der erste Fan im Prinzip, oder? Und er schreibt bei Metal Inside oder so, also ist immer wieder so ein bisschen so unterwegs gewesen. Und ja, wir haben ihm dann angerufen, weil wir haben uns in der Band nicht darauf einigen, welchen Song nehmen wir jetzt eigentlich rein als abwechslungsreicheren Song, weil bei 20 Minuten hast du nicht so viel Spielraum. Das ist mega schnell mal. Das sind ja 4 Songs, oder? Ja, 5 haben wir. Ja, und ich glaube, das ist eben auch... Wir haben einfach den Raffi entscheiden lassen, wie unsere Setlist nachher soll aussehen. Ja. Ich glaube, das ist im Fall auch bei diesem Blood Battle. Ich weiss noch, wenn ich mich richtig erinnere, das klingt wieder, ich weiss noch, wenn ich mich richtig erinnere, dann weiss ich es ja doch auch nicht so ganz genau. Aber ich habe gemeint, wir haben bei diesem Blood Battle gefunden, oh scheiße, 30 Minuten. Ja, wie bringen wir möglichst viele Songs dort rein? Und dann haben wir wie einfach gefunden, ja, die 30 Minuten, die müssen wir füllen. Dann schauen wir, welche von unseren Songs gehen genau auf, dass wir etwa 30 Minuten haben. Ja, dann ist das schon gut. Weißt du, wir müssen ja möglichst viel von uns zeigen, müssen wir möglichst viele Songs spielen. Und das Konzept haben wir eben nachher beim Metal Battle da nicht mehr verfolgt. Weil wir einfach gefunden haben, hey, also vor allem jetzt nachdem wir auch, wo wir das Finale dann in der Schweiz gewonnen haben, haben wir auch gesagt, so hey, jetzt haben wir noch weniger Zeit. Und ja, jetzt müssen wir uns wie überlegen, weißt, wie zeigen wir uns? Und zeigen wir uns eigentlich nicht, indem wir einfach 25 Minuten füllen mit Songs und nachher einfach dort aufstehen und die wie ein Örgeli runterrattern und dann einfach sagen, ja, Zürich geil, das sind wir gewesen. Zürich geil. Wacken geil, keine Ahnung. Ja. Sondern wirklich, ich glaube, dass man einfach so eine gescriptete Show, und wir haben ja auch ein paar Mal besprochen und gefunden, so, ja, aber weißt du, so gescriptete Show und dann merken die Leute, dass es eine gescriptete Show ist. Aber das Lustige ist, man merkt es eben wirklich nicht. Die Ansagen, was vielleicht finde ich irgendwo noch. Ich schaue nachher mal schnell. Wir machen sicher nachher mal so einen Break, oder? Vielleicht damit all die Memorabilia schon. Aber haben die dann noch so Dance-Move eingebaut und so? Nein, das überhaupt nicht. Also es geht vor allem um die Ansagen. Darum, also einerseits, wo ist eine Ansage, wo ist keine. Und vor allem bei den Ansagen habe ich wirklich ein Skript Wort für Wort erstellt, was ich dort sage. Und vor allem am Wacken. Und da könnt ihr auch tunen und so. Ja, nicht mal wir haben nicht einmal tuned. Nicht mal das. 20 Minuten. Ja, bei 20 Minuten, ja. Ja, das weißt, haben wir wirklich gesagt, wegen 20 Minuten oder 30 Minuten. Nicht? Nein, aber wer würde es merken, wenn etwas gescriptet ist, wenn man euch nicht mehrmals sieht? Voll. So. Ja, aber auch dann, weißt du, es ist... Keine Ahnung, also wir haben ja dann im Nachhinein noch eine Show gehabt, nach dem Wacken am Weissrüti. Und dort, und ich meine, dort haben die dann auch wieder ein bisschen mehr, ich sage jetzt improvisiert zwischen ihnen schon wieder oder so. Ich habe immer noch ein Skript gehabt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr geil so zum Spielen. Es ist für mich eine Entlastung eigentlich. Ein paar Zürich geil hast du gebracht. Ja. Ja, nein, wir haben noch eine Schlägerei gehabt im Aufspiel. Das ist nicht so geil gewesen, und ich musste reagieren. Ich muss schnell einen Song abbrechen. Ja, aber eben, es ist... Ja, also... Das ist noch schwierig gewesen. Wir haben noch den Tipp bekommen, dass wir möglichst Deutsch und Englisch einbauen. Und dann hast du 20 Minuten, du hast nicht bei jedem Song eine Ansage. Und dann musst du noch möglichst in sinnvoller Weise Deutsch und Englisch, dass möglichst alle abgeholt werden von der Bühne, weil du eine von den wenigen Bands bist, die quasi Deutsch und Englisch redet. Und dass das wieder so ein bisschen mit zusätzlichen Punkten kostet. Ja, du musst einfach irgendwie alle Register ziehen, oder? Und ich glaube... Wir haben schon die Feedbacks geholt, ja. Ja, wir haben wirklich überall die Feedbacks geholt und gesagt, so, und was sollen wir am besten machen? Wir haben ja auch noch andere Bands angeschrieben, die ein Jahr vorne bei Wacken Metal Battle mitgemacht haben. Haben wir denen geschrieben und haben wir den letztjährigen Gewinner auch geschrieben. Ich weiss nicht. Andere Bands angeschrieben, die eben auch schon dort mitgespielt haben, um einfach zu fragen, so, hey, könnt ihr uns irgendetwas mitgeben? Oder, weißt, irgendwie so. Und dann haben sie uns eben auch gesagt, dass auch viel Bewertung passiert, eben auch abseits von der Bühne. Wo halt dein Auftreten generell. Also weißt du, wenn du jetzt dort zum Beispiel, keine Ahnung... So viele Leute abhöbelst. Von dir aus, ja. Oder wenn du irgendwie Allüren hast auf der Bühne und findest... Ja, so wie pünktlich bist du, wie effizient bist du beim Einladen, beim Abbauen, beim Aufbauen? Gehst du irgendwie den Techniker anschnauzen und so? Oder hast du den Shit einfach beieinander? Das sind alles Sachen auch, nur schon
es hat auch Bands gegeben, die gesagt haben, hey, das ist zwar etwas, was wir nicht bestätigen können jetzt, also wir haben nichts dergleichen beobachtet, aber es hat geheissen, das kann stimmen oder nicht, aber es hat geheissen, dass es wirklich, quasi, wenn du in den Bus gehst und in den Artist Shuttle und abgeholt wirst und zu der Bühne, zu dem Auftritt gefahren wirst, dass die Busfahrer nachher dann nicht einen Bogen ausfüllen, wie du dich verhalten hast in dem Bus rein. Oh. Oder? Also das ist ich weiss aber nicht, ob das stimmt. Ich habe extra noch... Ich habe noch... Ja, also ich weiss auch nicht. Ich habe extra noch ein bisschen übergelinset, aber ich habe jetzt nichts gesehen oder so. Also ich glaube schon, dass wirklich mit Abstand die grösste Bewertung fällt auf deine Show und auf die Musik und wie du die präsentierst und das, was so immediately nachher ist, oder? Also Auf- und Abbau. Aber ja, ich denke schon, dass es so ein bisschen Einfluss schon hat. Also wenn du jetzt irgendwie gross negativ auffällst. Das kann dir wahrscheinlich nicht extra Punkte geben, aber es kann dir extra Punkte abziehen. Oder wenn hey, vielleicht. Der Musik Ja, also das das Bewertungsraster ist ich meine, dass die Jurymitglieder müssen alle Bands schauen. Das sind 45 Jurymitglieder, 30 davon von den teilnehmenden Ländern, jeweils der Promoter plus 15 Unabhängige. Und sind alles in der Jury? Oder? Was für Leute sind es dort in der Jury? Ich habe keine Ahnung, also es sind einfach von diesen 30 teilnehmenden Ländern jeweils Promoter. Also bei uns war es ja der Sebastian. Ja, fair. Und bei den anderen Ländern sind es halt andere Promoter gewesen. Ja, der Sebastian aus Uruguay. Plus... der Sebastian aus Mexiko und der Sebastian aus Kirgisistan. Genau, und du gibst dem Lieblingsakt, der Act, der dir am besten gefallen hat, aus welchen Gründen auch immer, dem gibst du 5 Punkte, zweitbeste 4 Punkte, 3, 2, 1 Punkt. Die anderen kriegen nichts. Und ja, dann die Band mit den meisten Punkten, die gönnt. Und du hast dann 5 Sieger, also gibt es 5 Bands mit den meisten Punkten. Also selber von der Orga vom Wacken jetzt nicht wirklich schwierig oder eine? Ich glaube, es hat schon Jurymitglieder gehabt, die beim Wacken auch bei dem Metal Battle irgendwie dabei sind. Und auch irgendwie der von EMP hat, glaube ich, auch noch eine Stimme bekommen. Ja. Das weiss ich jetzt nicht auswendig. Ich weiss wirklich nicht, wer alles ist. Ich weiss nur mit Sicherheit, dass die 30 Promoter von den jeweiligen Ländern, die sind mit Sicherheit Jury gewesen. Ja, aber die 15 anderen weiss ich nicht. Ich glaube, es sind im Fall auch noch von den Ländern, die nicht mitmachen, hat es auch... Weil es ist zum Beispiel ja der... ist nicht der eine irgendwie von Saudi-Arabien dort gewesen? Sie machen nicht mit? Sie machen nicht mit, aber der Promoter von Saudi-Arabien ist, glaube ich, trotzdem dort gewesen und hat dann auch können mitbestimmen. Ja. Weil die Chance ist groß, dass natürlich nächstes Jahr dann zum Beispiel Saudi-Arabien dafür mitmachen. Ja. Da haben sie das aber irgendwie so. Das ist so, wie es funktioniert. Ja. Ja, und genau. Dann haben wir knapp 2 Monate Zeit gehabt, um uns auf das vorzubereiten. Und 15, 20 Minuten. Das war so ein Unterfangen gewesen, hey, die ganze Reise dort rauf, auch logistisch alles. Und dann stehst du einfach 20 Minuten auf der Bühne. Und das ist so... Und ich bin noch so halb angeschlagen gewesen mit Halsweh und wir haben extra ein Hotel gebucht, dass ich nicht muss im Zelt pennen muss, nachts vor dem Ding. Also einfach so vor dem Auftritt. Also nachher bin ich dann schon ins Zelt, weil nachher war es mir wie härte Goal gewesen, aber einfach so die Nacht vorher noch ich einfach in einem Bett schlafen und nicht im Zelt, im Schiff. Ja. Das Wetter ist... komplett verständlich. Ja. Das Wetter war so unglaublich scheiße gewesen. Ich bin toll. Was? Das hat verdammt schön ausgesehen, Berichterstattung. Wir sind ja auf dem Wacken, VIP... Rain and Rain, oder? Ja. Hey, wir sind ja auf dem VIP-Camping und dort ist es noch halbwegs gegangen mit dem Schlamm. Hey, wenn wir einmal durch sind, durch die regulären Campings, wo wir denen vorbeigelaufen sind, da denke ich, die armen Siechen, hey, leck. Also, ich weiss, Rain or Shine und irgendwie stellst du dich ja drauf ein, aber hey. Nein, Kollege, wir sind 30 gewesen, ist fertig. Gut, am Grünich ist auch nicht besser gewesen. Gränichen hat, glaube ich, auch gelitten. Das Gränichen hat etwa ähnlich ausgesehen wie das Wacken 2012, wo ich war. Ich habe einfach irgendwann Bilder geschaut und ey. Nein, also meine Gummistiefel habe ich da oben lassen. Ich habe die sicher genommen, an die Zaun gestellt, meine normalen Schuhe angelegt und bin Richtung Flughafen. Aber im Tag war nochmal der Contest am Wacken. Wir haben, also es ist Mittwoch und Donnerstag, ja. Ja, weil ich weiss, weil da sind wir schon am Gränichen gewesen, weil alle so, hey, hast du gesehen, Expello und so, hure geil. Ja, das weiss ich noch am Gränichen, von mehreren Leuten. Ja. Das war am Mittwoch, ja. Und dann...
Am Freitag war Rangverkündigung. Wir haben eigentlich ein mega gnädiges Lot gehabt, muss ich sagen. Ja, mega. Weil wir haben gerade nach dem Mittag gespielt. Über den Mittag gespielt. Ja, am 1. 5 ab 1. Und ich glaube, parallel hat keine einzige andere Band gespielt. Das heisst, oder nichts. Ja, einfach so das kleine... Nichts, wo uns jetzt mega abgraben Sachen. Gut, das ist, wir können sowieso nicht behaupten, weil wir sind irgendeine kleine... Ja, schon, aber weißt du, es ist... Ja, aber weißt du, das Metal Battle, ich meine, weißt du, wenn nebendran noch irgendwie Landmark spielen würden oder so, dann ist je nachdem, ist halt schon, oder irgendeine sonst eine grössere Band, weil es spielen zum Teil schon weil am Mittwoch geht es ja eigentlich los. Und auch am Mittwochabend fangen schon diverse grössere Bands an zu spielen. Ich glaube, wer war das? Mittwoch oder Donnerstag? Guns N' Roses oder so am Abend. Also, Donnerstag haben Guns N' Roses doch Donnerstag, ja. Aber der Contest war ja früher noch fertig gewesen. Nevertheless, kannst du mega Pech haben, wenn du jetzt am Donnerstagnachmittag spielst, dass nebenbei schon so viele andere Sachen spielen. Halt. Aber ja, dann again, das Publikum votet nicht aber es ist natürlich schon cooler, wenn du ein bisschen mehr Publikum hast, um zu spielen. Voll. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es hat viele Leute bei uns im Fall. Es hat recht viele Leute gehabt, es ist Video sieht es recht voll ausgesehen. Ja. Also wir haben dort die Veranstalter vom Metal Battle gefragt, was sie so schätzen, wie viele Leute das bei uns sind. Es geht über 12'000. Also mindestens 2. Ja. Das kann ich bestätigen, ich habe den Livestream geschaut, das sind mindestens 2 gewesen. Ja. Apropos Livestream. Muss ich jetzt einfach auch schon mal loswerden. Schaut den nicht? Nein, es geht. Also einerseits die Soundqualität ist, glaube ich, schlecht gewesen. Und ich weiss, da haben die wahrscheinlich nachher auch noch was dazu zu sagen. Was ich aber auch krass gefunden habe, ist, dass das so nicht moderiert ist. Weil was nur schon an Hate-Kommentaren, nur schon die ich mitbekommen habe. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, ich meine, ja, ich weiss, wenn du etwas ins Internet stellst, selber. Ich meine, wir kriegen es bei den anderen, ich meine, wo bei uns Game Insane viral gegangen ist auf Hardcore Worldwide mit irgendwie 1,5 Millionen Views oder so, dann hat es auch plötzlich, da sind wir auch aus unserer Bubble draussen gewesen, und dann sind die Kommentare auch zum Teil ein bisschen sehr nasty gewesen. Und es ist auch lustig, dass die fast immer nur auf mich abzielen dann. Und gut, der Niki hat das mal ein bisschen Shit bekommen. Hast du auch Shit bekommen? Wegen Regenbogen, ja. Strap und den Fingernägel. Also das ist offenbar so der absolute Triggerpunkt sind Regenbögen. Eine Frau, die Screams macht und lackierte Fingernägel bei Männern. Super schwierig. Ausser es ist die ganze... dann ist es natürlich true as fuck. Ja, aber die ganzen Alphas sind super triggert von Fingernägeln. Ich finde das... also es ist natürlich schon... ist gefährlich. Also das ist... Und das Geile habe ich gefunden, es haben auch mega viele Leute behauptet, dass sie es auch besser machen würden. Ja, klar. Das machen sie immer. Und das finde ich hure geil. Ich habe so ein riesiges Problem gehabt, weil es ist ein offener Contest. Mach mit. Das ist ein Open Contest. Mach mit, wenn du es besser machst. Was machst du heute? Wieso bist du dann nicht du an meiner Stelle dort auf der Bühne, wenn es besser geht? Sie haben auch keine Lust gehabt. Sie würden, aber sie machen halt. Die misogenen Comments sind einfach insane. Ich bin so am Ruhig, so what the fuck. Ich habe den Livestream geschaut und ich hatte keinen Sound gehabt, weil ich bin in so einem Freestyle-Camp am Skateboarden unterrichten und habe einfach nur den Livestream geschaut und habe so minim Lautstärke gehabt, weil eigentlich hättest du keine... Wenn du Kind sagst, du darfst kein Handy haben die ganze Zeit, solltest du das Leiter nicht mit dem Handy so die ganze Zeit rumrennen. Und dann habe ich das so auf dem Tisch gehabt und einfach so geschaut. Du darfst mit Kind arbeiten? Ich habe eine I&S-Ausbildung, ja. Oh shit. Oh. Ja. Das haben wir zwar schon viele gesagt, what the fuck, aber ja. Ja. Effektiv. Und auf jeden Fall habe ich das nachher jetzt das Handy auf dem Tisch gehabt und ich so... Yay! Ich kann die! Oh mein Gott, so cool! Und dann habe ich irgendwann mal Kommentarspalt aufgemacht und dann eine halbe Minute drin geschaut und habe gesagt, okay, nein, das machen wir wieder zu. Ja. Das ist ja wirklich absolut, also das ist ja unterste Schublade. Also das ist wirklich unterste Schublade. Aber offenbar ist es bei vielen oder fast allen Metal-Battle-Bands so ein bisschen also ich habe dann irgendwann später nochmal reingeschaut und dann ist irgendwie, egal was gelaufen ist einfach nur gehatet worden da drin. Ja, es ist schade, weil irgendwie, weißt, ich denke mir dann auch so, ich meine, ich weiss zum Beispiel, dass meine Mami mega gehypt vor dem Livestream geguckt ist und entsetzt war, was dort alles geschrieben wird über ihre Tochter. Einfach. Und ich weiss auch, dass ich meine, ich mag mich erinnern, wie beschissen das mir am Donnerstagabend gegangen ist.
Dass wir einfach da einfach real sind für einen Moment. Weil ich habe am Dienstag ist ein Doc rausgekommen, im 10 vor 10 SRF, wo einerseits zwar schon uns als Band und dass wir als Wacken gehen, aber eben auch mich als Person und auch so ein bisschen Sichtbarkeit auch für Frauen in den Szenen und so. Ich bin nicht ein Fan davon, wenn man mich zu fest isoliert wahrnimmt von meiner Band. Ich finde, wir sind eine Band, das ist so, wir sind die Gruppe, aber das ist nicht Mick Dean und Band. Wirklich aber nicht. Und das geht mir gegen den Strich. Dann ist vielleicht ein Bass spielen, weißt du? Ja, aber es ist dann halt eben gleich wieder, ich weiss das auch, du bist dann Sängerin und ein gewisser Fokus wird immer auf dir liegen. Das ist dann halt einfach. Und ich habe das schon relativ viel Attention gefunden, eigentlich so für meinen Geschmack. Aber ich fand, okay, gut, Sichtbarkeit und das ist für einen guten Zweck. Und ich meine, ist ja auch cool, wenn mal so ein bisschen Metal und unsere Band auch mal im Schweizer Fernsehen vertreten ist. Ich meine, das ist eine mega Plattform. Ja, und dann spielst du die Show und ja, wir haben schon so gehabt, hey, es ist mega gut gelaufen und wir sind völlig gehypt von dieser Bühne runter. Aber dann vergeht ein bisschen Zeit und du fängst schon darüber nachdenken. Und du fängst schon so ein bisschen, ist es wirklich so gut gelaufen? Und du schaust die anderen Bands und denkst, die sind doch eh besser. Und du hast null Feedback. Du hast schon deine Kollegen, die dir sagen, hey, es war mega geil gewesen. Aber ich meine, weißt, all deine Kollegen würden wahrscheinlich nach der Show ankommen und sagen, es war mega geil gewesen. Und du weißt einfach nicht, wie ist es jetzt tatsächlich gewesen. Du musst noch irgendwie 2 Tage warten, bis du effektiv Bescheid weißt, weil erst dann Rangverkündigung ist. Schon mal Spiel gehabt, nicht? Ja. Eben, gell? Ja. Also, Aber wir haben keinen anzetteln, der hat sich selber gebildet. Haben wir einen gehabt? Ja, es hat einer sich gebildet. Bei uns, ja. Ich Ja, habe ich habe doch eben gemeint, eine Band, die vor uns war, dann haben sie doch abgebrochen oder so, oder nicht? Ich weiss nicht, die haben... Irgendjemand hat irgendetwas gesagt. Mexiko war vor uns gewesen, und die sind abgewürgt worden, aber ich weiss nicht warum. rote Karte bekommen. Hey, Ja, wir haben es schwierig. tatsächlich müssen, in der Info haben wir müssen irgendwie, wir müssen unterschreiben, aber wir haben ganz klare Anweisung gehabt, wir dürfen nichts machen. Also wir dürfen nicht aufrufen zu Moshpit, zu Wall of Death, zu Crowdsurfen, zu alles, was sich Leute auch nur im Ansatz könnten irgendwie wehtun, verletzen oder sonst irgendwas. Also wir dürfen eigentlich nicht animieren zu irgendetwas dort oben. Das ist schon sad. Das ist Darum haben wir wirklich... nachher Fuck-Shit abgespielt. Limp Wir Bizkit animieren Effekt. euch nicht zum irgendetwas machen, aber how about Ich hätte Fuck-Shit? schon nicht sagen, do not mosh, wink. Ja, das kann ich dann auch schon zum Anime. Ja, aber es ist... Ja, fair. Ja, aber das ist wirklich, das ist noch ein Problem gewesen. Wir haben gedacht, so Scheiße, wie eng sind die da? Also, komm, schau, wir riskieren es jetzt nicht, weil es ist mega dumm, wenn wir da raufgehen und unsere Bodies die Heime repräsentieren und nachher scheitert es an so einem Kack. Und nach 5 irgendwie- Songs macht Ja, nein, und es ist irgendwie... Eben, und ich bin dann wirklich... Ich meine, ich hinterfrage mich einmal selber schon auch eher stark, oder? Das ist und bin dann auch angefangen, Scheiße, ist es wirklich so gut gewesen? Und ich meine, du hast dann auch die hohe Reizüberflutung. Es ist und immer wir haben- laut. und wir Es haben ist schon wieder- immer fucking laut. Du bist im Zelt, du hast kein Hotel. Du bist wirklich, du hörst, wenn vorne fucking Guns N' Roses 3 Stunden müssen irgendwie spielen, dann hörst du die 3 Stunden bei dir im Zelt. So laut. Und du hast immer Trouble. Ja, und wir haben schon wieder Lampen gehabt mit dem In-Ear. Also, bei mir ist es gegangen. Ja, bei dir ist es gegangen, weil bei dir hast du dich endlich mal gehört. Und ich habe dann eben das, wo ich dich normal höre, hat nachher bei mir noch viele Leute. Ich musste das In-Ear rausnehmen oder abstellen, weil du so laut bist bei mir drauf, weil wir zu wenig Zeit haben für nichts. Und ich habe gedacht, ja super, das fängt jetzt schon wieder an wie am Blood Battle. Aber Da können wir die ganze Sache einfach gehen Ja, aber lassen. weißt du, nein, es ist eigentlich sonst ist es mega gut gelaufen. Ich meine, es ist, wir haben es wirklich gegen aussen haben wir kein technisches Problem gegen aussen. Scheinbar, Cool, ja, oder? Ja. Gegen aussen. Und also man hat mir nichts gemerkt, oder? Denke ich. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass der Sound schlecht ist am Livestream. Also wir haben von mega vielen gehört. Livestream-Sound. Ja. Das ist Livestream, eben, also die Messlatte. Wie sagst du Messlatte? Messlatte für Livestream-Sound ist relativ niedrig, ja. Eben, genau. Aber das Nein, ist halt das nur ist- für Leute, die wissen, wie so Livestreams tönen und das Ganze funktioniert. Wenn jetzt irgendjemand natürlich kein Blazen hat davon und nur immer die wacken Live-Videos sieht, was wacken auflädt. Ich habe Art der Livestreams vom Hellfest gesehen, die absolut grottenschlecht tönen. Ja, aber eben Livestreams, aber wenn du jetzt einfach irgend so einen Dude
Dude oder Dudin bist, wo nur immer die Wacken-Videos sieht, was Wacken selber auflädt, weil dort machen sie Ja, die Produzierten, die dort machen sie ja noch Post-Processing und alles. Weil das stimmt mit Postmixing so ganz scheiße. Gut, aber das ist nicht ganz das Gleiche. Aber genau, das ist nicht ganz gleich. Ja, logisch, aber aber wir das- wissen das. Darum, wenn ich den Livestream höre, denke ich so, Aber ja, einer, gut. der dort unten kommentiert, die könnte das besser, der weiß das wahrscheinlich, Ja, wahrscheinlich nicht, oder? nicht. Nochmal eine kleine nerdige Frage. Machen ihr im In-Ear so, dass der Mischer nachher eure Mixes noch macht? Ja, das ist ein Thema, das sprechen wir gescheit. Nein. Wir machen so halb-halb. Wir haben so ein bisschen Hybrid. Bis dahin haben wir so eine Hybridlösung gehabt, wo alles, was wir relativ simpel haben können, DI abnehmen bei uns, ist bei uns direkt reingekommen. Also der Kick-Trigger und alles vom Laptop und Ja. alles von den Campers. Aha. Und dann alles, was wir nicht direkt haben können splitten, also der Gesang oder irgendwie Drum-Mics, haben wir einen Anschluss gehabt bei uns, dass uns der Monitor-Mixer nachher können direkt geben. Aber die können die auch splitten. Genau, das könnten wir auch, aber im Moment sind wir einfach nicht ausgerüstet für das. Fair. Und dort haben wir dann wieder gefunden, ja, okay, steht ja alles auf dem Tech Rider. Wir haben ja 100-mal den Tech Rider geschickt. Die werden sich wahrscheinlich den schon hoffentlich durchlassen. Das ist eine grosse Produktion. Da ist nochmal eine Abhängigkeit, oder? Genau, und dann hast du einfach die Abhängigkeit und nachher kommt dann halt irgendetwas rein. Und ich glaube, es war auch gewesen, dass irgendwie die Mic ist auf dem Drum-Kanal gekommen und das Drum auf dem Mic-Kanal oder irgendwie. Ich weiß nicht, wie es nachher nicht war. Es ist nachher alles. Bei mir war alles viel zu laut. Ich habe meine Sachen selber nicht gehört. Ich habe Sachen so rausnehmen. Bei dir war zum Glück alles gut gewesen in dem Fall, weil du dich genug laut gehört hast. Bei mir war es gut gewesen. Man muss aber auch sagen, dass wir haben ja unseren Tech Rider im Vorfeld müssen schicken, aber er hat nicht gekommen. Also der Mischer hat nicht gekommen. Wir haben zum Glück nochmal Ausdruck dabei gehabt. das ist Alle, gut zum wer Wissen. auch immer den Metal Battle nächstes Jahr gönnt, nehmt das Zeug einfach nochmal ausgedruckt mit. Einfach nehmt es mit. Und Das ist eigentlich generell ein guter have a Input. Nehmen backup. den immer mit, weil egal wo du hingehst, der Ja, Soundguy hat ihn eh noch Habt nicht einfach gesehen. irgendein Backup, irgendwas, wo Ja, das voll. Kind machen. planet euer Equipment so, dass ihr möglichst unabhängig sind von allem, was irgendwie dort ist. Das, Ja. Ja. Ja, ich kann Ja, nicht. also- Der Soundcheck ist ja so schnell gegangen. Es hat irgendwie geheißen, jetzt könnt ihr auf die Bühne. Und dann haben die anderen auf der anderen Seite angefangen zu spielen. Wir haben uns eingerichtet und ich so, ja, ist geil, dann muss man da ein bisschen einrichten und so. Also vielleicht schnell, wie funktioniert das dort? Du hast die zwei Stages, die Headbanger Stage und die Wet Stage, W-E-T, mit so Punkten zwischen W-E-T, die Wet Stage. Fett. Also Nein, wet. Ah, wet. Wie nass. Ja, ich kann wet. So wie das Wacken. Wet, Nass. nass. Ah, darum. Und keine Ahnung. Also es ist so mit Punkten, ich weiß nicht, ob es noch irgendwie anyway, zwei Bühnen sind beide gleich gross, sind direkt nebeneinander. Und die Crowd verschiebt sich dann immer so, so von links nach rechts und je nachdem, wo spielt. Und dann ist immer eine Band am Spielen und du hast dann Zeit zum Aufbauen. Und ja, bei uns war dann auch so ein bisschen, wir haben unser Equipment, einen Teil davon haben wir auf dem Parkplatz gehabt und bei uns. Und du musst dann eigentlich an einem gewissen Punkt musst du am Punkt Standort X sein mit deinen Sachen. Dann kommt der Artist Shuttle, du musst umladen und dann wirst du dort hinter der Bühne gefahren. Und nachdem musst du ausladen, du wirst angewiesen, dort stellst du dein Zeug an und dann wartest du, bis du Scope bekommst und dann gehst du go aufbauen, während nebendran die anderen halt spielen. Also wir haben schon früher angefangen aufzubauen, weil wir einfach auf dem zugewiesenen Platz angefangen haben, das Zeug auszupacken Ja, und so parat machen, dass wir einfach möglichst schnell Genau. dort das Zeug können abhandeln und sobald die Band, die vor uns von der Bühne weg war, haben wir nachher können auf die Bühne Genau, das Zeug anstellen. Sorry, ich habe das nicht so im Blick, weil ich bin... Ja, ich weiss. ich mache ja nur Vocals. Eben. Wenn du einmal mit dem kleinen Köfferli rumlaufst. Und Ja, und- trotzdem tue ich es meticulously vorbereiten. Hey, sie laufen wenigstens mit ihrem eigenen Köfferli um. Ja. Ja, Es sind sogar zwei Köfferli, einfach zum sagen. wenn es nicht vergisst. Und dann haben wir das Zeug aufgestellt und irgendwie hat es irgendwann geheißen, ja, und jetzt kommt noch, jetzt machen wir schnell das Monitoring und ich so, okay. Ja, dann nehme ich mal schnell kurz mein Handy führen, um auf das Monitoring-Programm zugreifen, damit ich da allenfalls irgendetwas. Dann war irgendwie nichts und dann hat es geheißen, es geht jetzt los. Ui. Und ich so, ja, okay, gut. Dann bin ich noch übergegangen, habe meine Sachen aus dem Hosensack genommen und dann ist es eigentlich schon losgegangen. Ja. Und das ist schon krass gewesen. Und Also, es ist gerade wieder vorbei gewesen irgendwie. ja, es ist so... Hallo, tschüss. Es ist, also was ich so lustig gefunden habe, ist, das habe ich eben voll nicht gewusst, beim Intro von Hardline habe ich habe irgendwo noch ein Video aufgeladen mit meiner Reaktion.
Ich habe nicht gewusst, dass der Gudi beabsichtigt. Weil normalerweise ist er ja bei Moritz vom Triffo spielen und dann kommen wir auf die Bühne. Aber der Gudi hat voll den Rockstar-Move gemacht und ist einfach alleine zuvorderst vorgelaufen. Yes! Und hat dort einen sauren Riff gespielt und es hat mega episch ausgesehen. Und ich habe irgendwo noch ein Video von mir mit meiner Reaktion. Es hat so geschifft. Wie die Sau. Und ich weiß nicht, ich bin dort hinein und ich bin so stolz gewesen, weil man muss einfach sagen, ich meine, der Gudi ist einer, der sich in den ersten Shows, die wir hatten, zum Teil hinter den Vorhang versteckt hat von der Bühne am Bühnenrand oder so. Von, mich braucht es nicht. Und so. Und jetzt steht er dort von diesen 12'000 Leuten. Geil. Und ich bin hinten dran so gehypt gewesen. Und es ist so lustig auf dem Video, du siehst einfach so, Gudi läuft vorne, Rockstar, ich bin völlig so, what? Und nachher teile ich so, oh shit, es geht ja los. Genau. Ja, das ist schon... Der Gudi wie ein fucking General. Ja, voll, aber es ist tatsächlich ein Moment, dort rauszusäckeln, bei so einer Menge Leuten und zu wissen, du spielst jetzt gerade am Wacken, das ist ein Moment, der schwierig zu beschreiben ist eigentlich. Und ich bin im Vorfeld... Du hast gar nicht so viel Zeit, weil du... Nein, du hast nicht viel Zeit zum Überlegen. Machen. Das stimmt. Du hast wirklich nicht viel Zeit zum Überlegen. Und, was auch noch ist, ich habe im Vorfeld wirklich gedacht, hey, ich werde wahrscheinlich sterben von Nervosität. Und ich bin auch sehr oft gefragt, also wir alle sind sehr oft gefragt worden, so, hey, sind ihr nervös und sind ihr nervös, der Puls, was ist mit den Leuten? Tatsächlich, also ich persönlich bin nicht nervös gewesen, in dem Sinn, ich bin aufgeregt gewesen. Aufgeregt im Sinne von, fuck yeah, ich spiele am Wacken, ich meine, wie crazy ist das? Und das ist wirklich eines der ersten Mal, wirklich einfach so im Vorfeld, also einfach gefunden habe, hey, jetzt ist einfach, weil ich auch gewusst habe, dass wir gewinnen oder irgendwas, die ist so gering, das wird jetzt einfach genossen vor allem. Ja, wir schauen, dass wir keinen Scheiß machen, dass wir nicht unsere Chancen auf irgendeine Platzierung noch mit irgendeinem Scheiß in die Tonne treten, aber in erster Linie ist es einfach gewesen, hey, geniesst den fucking Moment. Weil das sind jetzt einfach, das wird, wie soll ich sagen, das wird ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Das haben das ja alle hinter der Bühne gesagt. Ja. Schaut einfach einmal rauf, schaut mal führen und einfach nehmt den Moment so, wie er ist. Nein, komm, du willst sicher... Nein, ich wollte du noch etwas fragen, bitte. Nein, direkt fertig. Ja, wow, gratuliere, es ist passiert. Okay, sorry, in dem Fall bringe ich jetzt meinen Input trotzdem. Danke, Niki, dass ich mich jetzt einfach absolut scheiße fühle wegen dir. Ja, easy. Aber das klingt für mich so, als ob ihr einfach auch wirklich gut vorbereitet gewesen wäret und gewusst habt, was ihr macht. Weil ich merke selber, ich bin eigentlich nur dann nervös, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht ready. Weil wenn ich weiss, dass das ist so ein älterer Spruch, weißt du, wenn du sagst, ich bin so nervös an der Prüfung, dann bist du nicht richtig vorbereitet. Hast du nicht richtig Nein, aber es ist im Fall so. Man würde meinen, ihr macht es schon seit Jahren. Jahren. Nein, ich glaube, ich bin auch nicht mehr so ein Lampenfieber-Mensch. Das ist früher definitiv schlimmer gewesen. Heutzutage ist es eigentlich relativ easy, aber gerade bei so Contest-Situationen bin ich doch schon eher aufgeregt, weil einfach du wirst halt hure bewertet. Normalerweise wirst du nicht bewertet und du hast nicht eine Uhr, die im Hintergrund läuft. Das sind halt schon besoffene vor der Bühne, wo dann du wirst ja schon bewertet. Ja, aber dann ist es mir egal, aber es geht nicht um eine Platzierung. Es ist so das Künstliche, das haben wir auch in der Schür noch gefunden, so das Contest-Feeling, weißt du, wenn es so künstlich wird, es so mega spannend gemacht und dann so, und Dann geht es 3 Stunden bis der Dann geht es wieder 3 Stunden, bis der Brian irgendwie erzählt hat, wer jetzt was hat und so. Und alle stehen im Publikum und denken einfach, hebt die Schnurr und sagen, wer gewonnen hat. Ja, voll. Ja, aber sie müssen ja gleich, so ein bisschen müssen sie es ja schon. Ich glaube, es ist anders, wenn ich Lampenfieber verlierst im Werk 21, also nachher am Wacken. Ja, aber ich habe ja These, dass es schlimmer ist, vor 2 Leuten spielen wie vor 200. Jetzt ist es schlimmer, vor 2 Leuten spielen oder 12'000. Hey, wir haben auch schon vor 2 Leuten gespielt und das war auch cool gewesen. Rite of Passage. Ja, also das gehört irgendwie dazu. Ja. Dass man halt nein, ich meine, ich habe effektiv mehr Mühe, wenn es wenig Leute sind. Wenn ich nur so 2 Leute im Publikum habe, dann schaue ich die an und sehe ihre Gesichter und sehe so, oh. Ja, und du weißt genau so. Bitte lauf jetzt nicht weg. Ja, erstens das so. Es ist einfach so eine Person, das ist deliberately. Genau, weil du hast eine Person, sie schaut dich so an. So. Ciao. Ja, das ist erstens das Bitte gang nicht und das zweite ist so. Bitte find's nicht allzu scheiße. Ich glaube,
keiner von euch zwei wird den Moshpit anfangen. und mit wem überhaupt? Und oh Mann, was ist, wenn der eine einen Moshpit will und der andere nicht? Der eine Dann- Wall of Death. Und der andere geht und der eine... Ja. Ich mache mega gerne den Vergleich. Ist es schlimmer, von der Verchaska-Staumauer Bungee-Jumpen oder mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu kumpen? Ich meine, Bungee-Jumpen. Bungee-Jumpen, Hätte ich, ja, glaub, weil wesentlich mehr die Höhe Mühe. ist viel weniger abstrakt, wenn du aus dem Flugzeug kommst, ist die Höhe schon wie fast abstrakt. Du nimmst Höhe eigentlich dann nicht mehr so ganz als Höhe wahr. Also nicht, Bist du dass ich schon mal aus einem Flugzeug gekommen? weder noch habe ich gemacht, aber einfach in meiner Vorstellung. So eine grosse Tür, Wer- die du da spuckst. Ich würde... Ja. Nein, dude, ich habe fucking Höhenangst. Ich unterschreibe würde das. beides nicht machen. Es ist beides nasty, aber Nächstes Jahr. Aber ich vor würde- Kamera. nein. Ich würde... Nein, es gibt kein Wenn ich müsste wählen zwischen einem von beidem, dann wär's wahrscheinlich aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm in einem Tandemsprung oder so, weil I Ja. don't trust myself. Aber nicht Bungee. Bungee-Fan ist in meiner Vorstellung 100'000 Mal Viel schlimmer. Und Das Seil ich kann glaub, ja nicht heben. und die 12'000 Leute, die du hast dort, oder 15'000, also schieß mich tot, ab irgendeiner Größe ist es einfach, ist halt die abstrakte, du siehst schon die in der ersten Reihe oder so, aber ich meine, Du musst hast nur nicht mal die der erste Reihe Fotograben gesehen, ja. ist irgendwie 20 fucking Meter gefühlt, der ist riesig Ja. gewesen. Ich hast meine, ich nicht bin mal- mich gewöhnt, dass ich während der Bühne, während der Show runtergehe. Es wäre, ich weiß nicht, ich hätte fast einen Song gebraucht, um runter und wieder raufzugehen, weil es so, also einer Und von trotzdem der haben Höhe es und gewisse Bands haben's ja gemacht und sind runter und... der Sänger von der Argentinier hat Ja. das Wie hat's gemacht. geheißen? Ja, Hey, das sagst wissen wir- du mir, weil es sind El Nueve Once. Ah, El 911. Erste- Ja, El 911, ja. Oh, ist das so ein... Heisst das etwas? Ich glaube, es ist ihre Postleitzahl. Was? Ich glaube, es ist ihre Postleitzahl. Du weißt, Es was eine ist, Postleitzahl ist, oder? Es ist D911. Also entweder ist 9/11, entweder ist 9/11 Joke oder Postleitzahl. Shit! Weißt du, das ist das andere, es was heisst, nein, passiert El ist, nicht My Chemical El Romance. 911 heisst D911. What? Da haben wir jetzt ein ist Fass neun- aufgemacht. 9 ist 9, 11 ist 11. Ah ja, jetzt sehe ich es. Ich Ja. ganze so, ich so... El Nueve Once. Der Sänger von denen ist oben. Der ist oben. Der ist runter und hat so einen weißen, hat so wie so einen Poncho er hat so oder einen sowas, Duvet-Anzug oder irgend sowas angehabt. Da ist er in Schlamm dort sich wälzen und ich hab gedacht so, Hat einer von ihren Songs Inside Job geheißen? Aber, ich weiß Das nicht. ist nicht so befasst damit. Oder Jet Fuel oder so. Eben, ja, gell. Ich muss es googeln. Flight. Ich bin gespannt, was ihr jetzt herausfindet. Wir können sonst nachher mal eine Pipi-Pause machen, dann ist es Zeit zum Googlen. Ja. Ja, nein, Wo sind wir stehen geblieben? beim Nein, Fotografen beim und Bühnenabend. Zeugs. Genau. Ja, also du siehst die siehst gar erste nicht so Reihe weit. plus minus. Aber eben, du nimmst nicht so viel wahr, weil die Leute sind schon mal... Also einerseits, es verschwimmt alles irgendwann, es schifft. Ich habe mich hure müssen konzentrieren, weil alles, was so... Sie haben ja die Stage-Monitor-Boxen haben sie so ein bisschen nach hinten genommen und irgendwie die 1,5-2 Meter zwischen den Stage-Monitoring-Boxen und vorne, dort hat es überall Wasserpfützen gehabt. Und weil es hat noch ein Ich hab- Gleis. Ja, Ein ich hab- Gleis für den Kameramann. Ja, aber das ist noch eins weiter unten. Ah. Und du hast wirklich, also ich lege ja doch recht Strecke zurück einmal auf der Bühne und ich habe wirklich müssen schauen, jedes Mal, wenn ich dort durchgerannt bin, dass es mich nicht auf den Lotz haut im Ist Fall. jemand Weil es ist weggeslidet? bei uns nicht, so wie es mir ist. Du auch nicht das Mal, oder? Moll, sicher. Ich wollte auf den Drumriser gumpen und nachher bin ich hängen geblieben mit dem Fuß Nein! und dann bin ich voll ins Schlagzeug reingefallen. Und ich glaube, das hat... Und ihr habt trotzdem gewonnen. Ja, sicher. Jetzt muss ich den Livestream nochmal Voll schauen. Einsatz. Nein, man sieht es im Livestream eben nicht, weil der Livestream folgt immer dem Mic. Aha. Und ich bin beim einen und ich will auf den Drumriser aufstehen, um nachher so rückwärts nachher runtergumpen. Ja. Und nachher bin ich mit dem machen. Fuß hängen geblieben und bin so drüber gestolpert, in alle Teller rein und so. Und ich so, oh, dong. Hast du wahrscheinlich das Timing einfach gehabt, dass gerade im Ja. Breakdown nicht gepasst hat? Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber wir sind alle schon irgendwann mal auf die Schnurren gefallen. Ja. Dich hat es schon richtig glatt. Mich hat es dort an dieser Show, glaube ich, mit Save Your Last Breath, kann das sein? Also ich weiß nicht... Mit Smash gekommen? Nein. Also für die, die Ich nicht weiß am nicht, Schauen also ich sind, weiss einfach im Industrie 45 hat es mich mal bei einer Show wirklich auf den Lotz gehauen, weil der Teppich vom Drumriser so ein bisschen überlappend war und ich will auf den oben dran,
Ich wollte dort hochgumpen auf den Drumrise und bin abgeschleppt und mich hat es voll auf den Latz genommen. Und das Lustige ist wirklich, ich sehe wirklich... Nein, also das war peinlich gewesen. Und das Zweite ist, da bin ich an einem Mikrofon hängen geblieben, das war in der Garage 8 gewesen. Und dann sind ich auf den Latz gehabt, einfach so die ersten 2 Reihen sind alle am Filmen gewesen. Und ich sehe einfach etwa 6 Personen gleichzeitig synchron das Gesicht machen so. Und du bist dort so. Während sich so an meinen Leggings so einen Blutfleck anfängt zu bilden. Stimmt, in der Garage 8 bist du in der Garage 8 hat es mich. Da hat es mir. Ricky, hat sicher schon auf die Schnur gehauen. Ja. Mich hat es nicht Einmal war es dunkel gewesen und ich habe gemeint, die Bühne geht weiter. Und ich war in der Intro, das war spannend. Das ist einfach so. Nein, ist noch Backing Tracks, Backing Intro. Track. Und ich glaube so, und die Jungs so mega so am reindrücken, weil es ist mega weird, um auf die Bühne zu gehen und so, Jungs, ihr habt Platz. Oh Mann. Also das Schönste finde ich bei dir am Gränichen, wo du im Takt auf den Arsch geht bist. Das ist schön. Auf den Arsch geht. Ich habe so einen Jump gemacht. Weißt du, so der Rockstar Jump. Der Rockstar Jump. Der, ja. Der, ja. Spread your legs. Aber der School of Rock Jump. Genau, das School of Rock, ja. School of Rock Jump. Nicht der V-Jump, so. Sondern Was? Ja, genau, so. Bruder, was So. für ein der Jump? andere ist so. Ja, aber da machst du nicht mit der Gitarre. Fair, ja. Müsstest du jetzt Ja. Und dann machst du den. Der Super Mario Jump, der. Ja, genau, ja. Wie bist du bei dem auf dem Arsch gelandet? Willst du es sehen? Ja. Spagat. Nein, ich habe so ein Video. Ja. Weil ein Kollege hat er hat nur das gefilmt. Er war die ganze Zeit hinter der Bühne gewesen. Und er so, ja, ich mache ein Video und so, Nachher filmt er einfach nur das. Geil. Und nachher bin ich bin eben gelandet, aber irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, der Schwerpunkt ist irgendwie falsch gewesen. Nachher bin ich nach hinten gekippt. Und nachher bin ich auf den Arsch gegangen und ich habe gerade mein Solo angefangen zu spielen. Und dann bin ich einfach am Boden gesessen, wie so ein Toddler, Mann. So, mit so gestreckten Beinen bin ich so am Boden gesessen. So Geil. Geil. Das war Gränichen 18 Das war das gewesen, erste Gränichen, Ja. wo wir gespielt haben. Ja. Ja. Sehr nice. Das war lustig. Oh shit, ich glaube, das ist die Hose mit dem Loch. Okay. Meine Frau gesagt hat, kann ich nicht mehr anziehen. Das ist okay, der Ricky kann es Nein, ich sehe kein rausmeditieren. Loch. Okay, danke. Okay. Nein, Soll ich dir auch noch einen Schritt schauen oder ist es okay? Lange. Jetzt gerade hast du geschaut, ob es wirklich kein Loch Ja, hat. ja. Ich mach's trotzdem nicht. Wo sind wir gewesen? Ja, beim Umgehen auf der Beim Bühne. Umgehen. Aber Bella, ist- du hast schon auf die Fresse gehauen? Ich bin öfters schon auf die Schnur gefallen, ja. Recently im Werk Baden bin ich von der Bühne gerannt, von der Bühne oben runtergekommen und dann in einer Pfütze gelandet und einfach straight einfach am Boden und wäre dann so schnell wieder aufgestanden, dass es keiner gemerkt hat. Nice. Der hat aber weh getan. Vor allem mit den Kollegen so, du hast einfach aufgehört Gitarre zu spielen. Also, jo, ich bin am Boden gelegen. Verreckst. Jetzt, wo du das von der Hose sagst, im Fall. Einer meiner Lieblingspodcasts. Bei der einen Episode haben sie einfach Shorts gehabt, oder? Und der Editor hat sich gefunden, so wie, ui. Und hat einfach so den Blur-Dings gemacht, oder? Ah, nichts gesagt. Alter, und dann hast du gefragt, so wie, Bro, es haben mir so viele geschrieben, Bro, sind deine Eier draussen gewesen? Nein, es war einfach so ein bisschen, weißt, bisschen Haut gewesen und so, aber alle haben gemeint, wie es einen Blur gegeben hat. Aber seine Eier einfach. Scheiße. Ja, Jetzt tue ich einfach extra die ganze Folge einfach einen Blur bei dir. Mach einfach einen Blur, oder? Ja. Ja, ist gut. Aber nur so einen kleinen. Das zweite Lied, oder? Welches? Was? Das zweite Lied? Blur. Bedünnt. Fuck off, man. Ich entschuldige mich herzlich bei allen Leuten, die Ah. Flachwitz nicht gerne haben. Puns are strong. Tut mir aber trotzdem nicht leid. Danke, Ricky, für sein solidarisches gutes Mitessen. Okay, ist gut, Niki, ich nehme Ja, genau, wir haben die Nice, Show ja. über die Bühne gebracht und ich bin gerade interviewt worden nachher von der, die Social Media macht. Also ich bin eigentlich, das ist schon crazy gewesen. Du bist irgendwie, die Show war fertig gewesen, ich bin runtergelaufen und ich bin noch nicht einmal ab der Bühne angekommen gewesen und ich habe schon das Mikrofon im Gesicht gehabt, so, how was it? Wie so ein Hockeyspieler in der Ja. Pause. Und wir hätten eine Garderobe gehabt mit Sofa und Kühlschrank und wir sind wahrscheinlich etwa 5 Minuten dort drin gewesen. das ist weil so wir lustig einfach keine Zeit hatten für Wir den sind- Shit. Ja, du bist im Fall wirklich durchgetaktet, weil Ja. wir haben wirklich noch Interviews gehabt, dann nachher, wo wir haben müssen anwesend sein und sonst noch irgendwelche Termine und dann am Donnerstag haben wir eigentlich den ganzen Tag Networking-Termine gehabt, wo irgendwie, glaube die Hälfte davon sind die Leute nicht auftaucht, das war ja geil gewesen. Ja. Und dann, und weißt du, das ist so unser Backstage, wo wir gehabt haben. Ich meine, das war wunderbar gewesen und so. Aber wir sind dort reingegangen, weißt du, so, mal,
Sieht schön aus. Und sie wieder rausgegangen. Hat er und wenigstens das ein ist Andenken mitgenommen aus dem Backstage? So, Haben wir, einfach- es hängt an der Eingangstür. Ja, Auf der anderen Seite. ich finde es dann nachher. Ja, wir haben einfach noch den Rucksack gefüllt mit Sachen. ja mit so... Der Artist Mate. Der ist Ist gar der nicht mal- Artist Mate ein anderer Mate, wie der, was vorher ausverkauft? Ich weiß nicht, ich trinke Alkohol. Also er ist, einfach gar nicht, er ist halt einfach gar nicht mal so gut. Welchen Geschmack hat er? Met-Geschmack. Ja, der ist wirklich nicht so gut. Was? Met-Geschmack finde ich nicht so gut. Ich finde den Krise-Met immer viel besser. Aber der hat immer so cringy Namen, darum stelle ich sie nie. Ich hätte gerne ein Glas Jungfrauenblut. Ja, Jungfrau. Das stimmt. Die sind Beruhigt euch mal. Das ist so wack. Du so, Gott verdammt, ich will einfach ein Glas Krise-Wein. Gib mir es einfach. Hei. Ein Jungfrauenblut. frisch geerntet. Ja. Ui. Ja, nein, er ist nicht so gut. Er ist... Und man muss auch noch vielleicht zu dem wissen, der Backstage dort ist unterteilt in einen Artist- und einen VIP-Bereich. Und du kannst dir für, glaube ich, 1000 € das VIP-Upgrade kaufen, aber im Artist-Bereich kommst du nur rein, wenn du actually Artist bist. Und wir haben für die Ja, beiden oder Metal du Battle irgendwo- Tage haben wir quasi den Artist-Zugang bekommen. Mhm. Und ja, haben dann können auch dort hindern. Und dort hast du wirklich deine Ruhe gehabt. Und das war schön, gewesen, weil vorne hast du nie jetzt deine Ruhe gehabt. Also weißt du, im Artist-Szene war es lärmig, aber es ist wenigstens ein bisschen... Hat In Flames am Wacken gespielt? Nein, das glaube ich nicht. Nee. Das nicht, sie spielen nächstes Da Jahr. habe ich, wie du hast ja vorhin irgendetwas geredet vom In Flames, da habe ich jetzt mir im Kopf zusammengerechnet. Ja, es ist nicht wegen dem Influence-Sänger relevant, sondern weil, ich meine, es ist wirklich, ich habe Conclusion. wirklich, ich bin wirklich ein bisschen an meine Grenzen gekommen, einfach von der Reizüberflutung her und von wirklich, ich habe so viel müssen labern und so viel müssen, und es ist auch mega oft der Fokus dann halt auf mir gewesen, weil die Leute haben mich halt mega gut wiedererkannt, weil ich bin die ganze Woche noch mit der Frisur dann auch noch so rumgelaufen, oder? Der Niki hat die Fingernägel wahrscheinlich weglackiert gehabt, gerade nach der Show. Sicher nicht! Das war nur Promo gewesen. Ja, und Auf keinen Fall. Also natürlich, weißt, und du Ich bist... hätte es ja jeden Tag, aber ich bin zu faul. Und du bist halt trotzdem immer noch so ein bisschen in dem Dings inne, dass du halt auch ein bisschen immer dich repräsentativ sollst verhalten, wenn immer du dort bist. Also du hast immer so einen gewissen Anspannungslevel, ist schon dort und so. Du bist am Networking, klar, du redest mit mega vielen Bands und das ist mega geil. Und mit mega vielen halt, ja, Leuten und Produzenten, Bokers und Marketing und Pressefuzis und einfach alles. Und das ist schon... Aber es ist halt viel. Und du hast halt keine Pause. Und ich bin manchmal hin und wieder einfach schnell eine ruhige Minute gebraucht, um einfach mich schnell sammeln und schnell wieder aufladen. Weil ich bin nicht extrovertiert. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Der Marco zum Beispiel, der könnte ewig. Der hat endlos Batterien für so Scheiß. Da ist ja viel gebaut. Ja. Ja, der ist einfach total extrovertiert und das ist nice, aber ich halt nicht. Und dann am Freitag, wo dann der Dings war, der Traumverkündigung eigentlich. Ja, und der dumme Fototermin, wo sie Ja. den Termin 8-mal umeinander geschoben haben. Ja, Und dann irgendwann hat es geheißen, ja, wir schieben ihn jetzt nicht mehr umeinander, weil er ist jetzt. Und dann haben wir dort müssen das dumme Foto machen. ja aber sie haben uns extra noch dafür geholt. Wir sind eigentlich das Hinterste gewesen zuerst. Also, wir haben uns Aber fast wo nicht gesehen. man fast niemand drauf gesehen hat. Und ich glaube, mich hat man auch nicht gesehen, weil ich einfach nicht... Es sind wieder mal alle grösser gewesen als ich. Ja, gut, wir sind halt... Weißt du, wenn sogar die aus Mexiko grösser sind als du? Ich meine, what the fuck? Die sind jetzt auch nicht so gross gewesen. Ja, die sind jetzt wirklich auch nicht so groß gewesen. Du musst auch schon Stiefel holen. Ja, so, also Stiefel. Ja. Mhm. Also, wie Kiss. Plateau. Super. Mhm. Das nächste Expello-Album ist einfach Industrial. Nein. Nein. Es ist halt bei dieser Rangverkündigung, kaum haben die Switzerland gesagt, hat es nur noch gegrabbelt. Ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Gewisse Interviews, also zum Beispiel das dort Metal Hammer, ich weiss nicht mehr, dass mich das gegeben hat. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich das weiss es hast nicht du, mehr. glaube ich, auch gar nicht gegeben. Das haben wir als Band gegeben. Ich weiss es auch nicht. Wer hat das gegeben? Ich weiss es nicht. Ist Der das nicht Moritz? Der Moritz? Ich weiss es im Fall nicht mehr. Weil ich weiss, dass ich Oder hast du auch etwas gesagt? weil es gibt dort Videomaterial. Also ich bin nur am Interviews führen gewesen. Die erste... Ja, die Leute müssen anstehen.
Ja, nein, sie haben Anstellen- an mir fucking gezogen. Es hat Gruppenfotos gegeben mit allen Bands und die Leute haben wirklich mir angefangen am Shirt zu ziehen und so. Und irgendwie teils, wo ich bin ein Interview umgeben war und ein anderer ist gekommen und so, oh, ich bin noch von dem und dem Outlet. Und ich so, ja, und da hinten gibt es noch ein Foto. Und das ist dann einfach so quasi 3-4 Stunden so weitergegangen. Und wir haben dort keinen Artist-Zugang mehr gehabt. Also ich konnte mich nie jetzt schnell verpissen und schnell einen Break holen. Und dann irgendwann so nach 3-4 Stunden, und dann ist es schon etwa 7 Stunden her, dass ich das letzte Mal etwas gegessen habe. Es geht dann eben schnell, wenn so viel los ist. Irgendwann hat der Marco dann zum Glück mir nochmal einen Artist-Zugang, nochmal einen temporären schnell irgendwie auftrieben, dass ich einfach schnell etwas essen konnte. Und dort ist mir zum ersten Mal so richtig gedämmert, warum man dort hinten niemand anspricht. Einfach nicht. Egal wie gross oder wie klein oder irgendwas. Weil dort bin ich... Also weißt du, nicht, dass mich jetzt dort jemand angesprochen hätte. Warum auch. Aber... Ich habe schon vergessen, dass wir Full Circle gegangen sind. Ich so, was? Und jetzt kulminiert die Geschichte in dem, was wir vor einer Stunde etwa... Bist du beeindruckt? Wahnsinnig. Das ist High-Level Storytelling. Dort bin ich wirklich fucking froh gewesen, dass ich einfach schnell hocken und eine fucking Pizza hinterher stellen. Ist die gut gewesen? In Ruhe. Ja, das war nicht schlecht. Ist das Foto gewesen, wo du gepostet hast von der Pizza? Irgendetwas, ich habe mal eine Ja, Story ich gesehen habe von irgendeiner nur oft Pizza gehabt, eigentlich. Es war noch geil gewesen. Aber es ist so geil. Sie verkaufen so Viertel-Pizzastück. Und die sind jetzt nicht mega gross gewesen, gell? Und dann bin ich so angegangen und fand, ich nehme gerne 2. Oh, haben wir fest Hunger! Und ich so, Bro, das ist nicht mal eine halbe fucking Pizza! Wenn du in die Pizzeria gehst, bestellst du eine halbe Pizza. I don't think so, oder? Wieso sollte ich jetzt nicht, also keine Ahnung, also Food-Shaming-Match oder was? Weißt du? Ich bin so... Absolut. Weißt du, so, hey, nein. Hast du von diesen Tacos gehabt? Nein, Also aber von der Falafel ist das sehr geil gewesen. Ja, die Falafel habe ich auch gehabt. Und es hat so einen authentischen Taco-Stand. Der ist auch First Class, sagt man. Also wir reden hier von der Foodstand, von der kostenpflichtigen Foodstand im VIP-Bereich. Im Artist-Bereich, und das haben wir leider nur ein einziges Mal dürfen in Anspruch nehmen, hat es noch ein Catering, wo du darfst essen. Und das ist wirklich sehr geil gewesen. Das ist ein mega langes Buffet, wo es wirklich diverse Speisen hat, von sehr geilen Currys über auch Pizza und Burger und Fries und ja, Zeugs, aber was ich dort ein bisschen wack gefunden habe, also entweder habe ich es nicht ganz gecheckt, wie es funktioniert, aber du hast einmal durchs Buffet durchlaufen. Du hast mit so einem Badge einbatchen. Genau, das ist ein dann hast Badge. einmal durchlaufen, hast du alles können nehmen, was du hast wollen, und dann hast du können essen. Nachher hast du nicht nochmal können gehen. Ja. Und hast du auch reinladen? ja, und nachher, genau. Den Ross müssen bringen am Ja, Buffet. ja, genau. Und was passiert nachher? Und du bist so, oh, Alter, geil, ich nehme einen Hotdog und ich nehme so noch einen Philly's Cheesesteak, nehme ich auch noch. Und dann da finde ich von Pizza zu geil. Lass dir alles auf den Teller, weil du einfach fucking Anxiety hast, dass du das Gute verpasst. Ja, und normalerweise ist mein Buffet-Mode so, ich nehme mal ein bisschen von dem, dann hocke ich an, gehe ich das essen und so. Habe ich echt noch Hunger? Ja, komm, dann gehe ich das nächste probieren. Das kannst du dort nicht machen. Ich bin dort gewesen, ich habe so FOMO von dem Buffet. Ich so, Niki ist Burnout am Buffet. ja, ich so, wow, ich muss auswählen, was ich nehme, weil ich habe nur begrenzt Hunger. Aber Ja, es gibt so viele geile Sachen. nachher laufst du weg und siehst, fuck, es ist Scrambled Eggs da. Ja, Holy genau, shit, nachher Alter. laufst du weg, ich laufe weg und ich so, nein, Ja. Chicken Wings, fuck. Ja. Und dann ich so, und dann hasse ich nochmal irgendwie Heartbreak, zurück. Ich weiß nicht, wir sind doch an dir vorbeigelaufen und du hast gefunden, bitte iss noch meinen Hotdog. Oder so. Ja, bitte iss mein fucking Hotdog. Weil ich hasse Food Waste, Mann. Ja. Und nachher bin ich der dort, wo nachher muss, keine Ahnung, nachher muss ich so einen Hotdog liegen lassen. Ist das vor dem Spiel oder nach dem Spiel gewesen? Alles nachher. Nachher, ja. Und Man vorne keine Zeit gehabt. Ja, Oder, also- und das ist halt... Judge, so wie ja, der Schweizer jetzt zu gut. Ja, aber das ist... Aber ich bin auch immer so ein bisschen rumgeschaut, ich so bei anderen Leuten auch ein bisschen Food waste. Dann habe ich gesehen, dass ich nicht der Schlimmste bin. Und dann habe ich müssen sagen, ja, es rechtfertigt es jetzt nicht, aber... Mal. Aber ja, es ist so, Aber bei einer Witz, es ist so okay. Ja, es mit darf dem mich System, sicher, also. kein anderer von denen darf mich judgen, dass ich den Hotdog liegen lasse. Also fuck that. Ja. Aber dort habe ich auch den Sänger von Windrose ist durchgelaufen und dort habe ich den Respekt vor ihm verloren. Was? Ja. So, weil Sind das er die doch mit der- nicht so klein ist. Sind das Zwerge? Das sind Zwerge-Metal. Weil er doch nicht so klein Nein, weil er hat müssen im Esszelt
hat er müssen vapen, weil er es nicht können bleiben lassen, nicht zu vapen. Das ist ein Vape, Bro. Er ist ein Oh, Vape, Bro. nein. Er ist ein Vape, Bro. Nicht real, nicht real. uncool. Ein Zwerg, der vapet. Ich habe Ja. gedacht, er hat sicher so eine Petroleumlampe, die Er er müsste fucking... Er müsste so eine lange Pfeife, Pfeife, ja. Mann. Dann hätte ich gesagt, easy. Aber ich habe nicht... Also nein, du sagst, der Sänger von Windrose braucht eine lange Pfeife, sonst hast du keinen Respekt vor ihm. Nein. Ich habe einfach keinen Respekt vor Leuten, die müssen rauchen müssen, wo man... Gut, fair, Wo man fair, essen tut, fair. ja, das ist Essen schon- tut, oder fair, wo man ja. einfach nicht zu rauchen hat, ganz einfach. Das ist Wie nasty. jedem Konzert, wenn die Leute, die das Gefühl haben, so, boah, ich will jetzt da nicht aus dem Konzertsaal raus, ich glaube, ich tue da meinen Furzstängel da hinten da. Das merkt sicher niemand, weißt du, wenn ich dann das nachher so... Ah, du meinst die Icos, die einfach nach Arsch schmecken? Aha, nachher sind sie so... also, das merkt kein Mensch und ich so, Alter, das schmeckt wie ein... Hey, der Luki ist am Killswitch Engage Konzert von den Securities ermahnt worden, dass er Dino nicht soll aus seiner Wassermelone die Pfeife ziehen. Ja, nein! Weißt du, das ist das finde ich so unglaublich auch. Die an der Bushalte stehen, dann auch so nochmal ihrem huren Kaugummi Gritti-Bands Arschlochgeschmack so. Und nachher sind sie so. Es sind auch immer so riesen Batterien, die in der Hand haben. Ja, so Handgranaten. Und nachher saugen sie an diesem Scheißzeug umeinander. Und nachher sind sie so. Ich glaube sogar unsere Mobbingopfer hätten dich verprügelt, hättest du so einen mitgebracht bei uns in der Schule. Vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist wirklich Ist das nicht cool. nicht heutzutage cool? Ich weiß es nicht. Ich bin zu Wenn du alt. die ganze Ich Zeit weiss nach es nicht. Furz schmeckst. Nein, es ist aber im Fall wirklich so, dass so die Generation von uns und die unter uns fast geschafft hat, die Tabakindustrie zu zernichten und dann die dann sind Tabakindustrie Vapes gesagt hat, wir machen Wassermelonengeschmack und alle sind zusammengeht wie Klappstuhl. Und ich meine, also es ist ja nicht an Jugendliche gemarketet und so. Wir tun ja explizit nicht an Jugendliche werben. Da machen sie so Ja, Wassermelonen, Äpfel und Krise-Geschmack und so. Ja, und Zeugs. was, der Kiosk und die Werbung sind direkt vor dem Kindergarten. Ja. Das ist nicht targeted für Ja. Kinder. Gut, ist es auch nicht. Wenn die Kinder natürlich so blöd sind und auf so geile Sachen wie Wassermelonen stehen, kann ich ja nicht dafür. Doppelapfel, Kollege. Müsstest du mit dem Rest von Versis reden. der Domi und der Timo haben früher auch Shisha mitgenommen. Und dann, wenn im Backstage gefragt, ob irgendeiner ein Problem damit hat, wenn sie jetzt eine Shisha aufbauen, und dann hat wirklich 90% von der Zeit hat's einfach geheißen, ihr habt was dabei? Eine Shisha. Hat irgendjemand ein Problem mit? Nein. Und dann hast du wirklich so das Gefühl gehabt, du gehst schnell aufs WC und kommst zurück und dann bist du in einer fucking türkischen Lounge gehockt. Wirklich, du kommst rein und hast einfach das Gefühl gehabt, wer von euch Double hat den Hazer dahinter Hey, gestellt? aber sorry, Aber das sie haben wir doch gefragt. alle gemacht mit der Shisha. Ja, irgendwo aber sie am See haben oder im aber- Bandraum oder so. Das war ein Canon-Event. So. Ja, Ja, aber es sie sind haben- wirklich alle 3 Bands, die dem Abend Ja. gespielt haben, so im Kreis sich den Shisha-Schluch am Hey, Umgehen. aber Der ich Herpes. habe nie daran Ja. überlegt, aber Vape muss die Shisha-Industrie voll den Hit geben. GK. Ja. Was? Nein, Weil ja. es ist genau das gleiche. Nein, ich glaube, Vapor ist noch ein bisschen ungesund. Also ich kann in den letzten paar Jahren höre ich nicht mehr, dass Leute so Shisha rauchen. Eher Vapors. Ja, aber es ist ja auch Ja, weil viel du so praktischer, Kirchen nicht in wenn den du jetzt... Weiß nicht, das letzte Mal, als ich Shisha geraucht habe, war in Deutschland. Shisha ist so mega unhandlich. Eben, genau, ja. ja, Shisha ist aber auch ein Gemeinschaftsding. Das machst du nicht allein. voll. Ich habe es im Sag Programm ich Du mal, nimmst als nicht alter deine Raucher. Shisha an die Bushaltestelle mit. Ja, voll. Okay, zum Fernsehen. Ich glaube, der Timo und der Domi haben das wahrscheinlich auch schon gemacht. Ja, und es ist ja mega unpraktisch, wenn du musst Schon umsteigen im Zug und du willst Shisha rauchen. Ja. Oder nachher geht die Kohle auf eine Person drauf. und so. Was machst du? Ja, Kohle muss heiß sein für Umsteigen. Ja, stell dir vor, im Club, es wäre einfach nicht mehr, du hörst auf dem WC, hast früher immer das gehört, das... Und nachher hörst du einfach nur noch Alufolie einstechen und du bist so, was machen die da drin? So, Alter, wir sind Doppelapfel, Bro. Also wir sind im Fall, wir sind noch früher, ganz früher sind wir von, ich glaube, ich weiß nicht, sind wir zum Tesco Shisha rauchen? Ich weiß es gar nicht. Aber wir haben schon auch Shisha geraucht. Und wir haben, also ich weiß, dass wir, ja glaube, ein ganzes Jahr lang hat Expello keinen Bandraum gehabt und wir haben akustisch probt, irgendwie einfach an irgendwelchen Seeufer oder Im irgendwo. Shisha-Rauch. Und haben zum Geil, Teil auch ich bin Shisha nicht dabei dabei gewesen, ich bin gehabt, als so wie es Kind mir ist. Also das ist schon, it's been a thing. Also, Das ist ein riesen Ding. ja. Aber ich Da bist du noch nicht dabei gewesen. Shisha ist echt ein Schick gewesen. Und ich habe immer auch Shisha rauchen. Ich weiß Und- nicht, wieso das so krass war. Ich glaube, Du, meine erste aber Shisha mit habe ich in 14. einem Bandraum geraucht mit 14. Ja. Ich habe auch mal eine gehabt. Ich rauche nicht mal. Ich Ja, aber das ist genau das Gemeinschaftsding. Ja. So, ja,
keine Ahnung, es ist so, wow, geil, und es ist nicht Rauchen. Ja, Der genau, Kollege, genau. es ist nicht Rauchen, weil es ist halt Wir nicht sind so... beim Kollegen. Es ist ja nur Shisha, es ist Wasser mit Wir sind beim fucking- Kollegen auf dem Balkon gekocht und haben nicht gewusst, was wir rein tun sollen, weil wir keinen Tabak haben können kaufen. Dann hat er einfach so Teebeutel anzünden. Das hat relativ gut funktioniert, bis der Beutel angefangen zu brennen. Ich habe mit 14 auch mal Oregano geraucht, das ist schwer, Alter. You do what you do, Alright, do what you got. speaking of Zeug, wo man sich reinrühren kann, wie sind ihr zu eurem Fondue-Deal gekommen? Gell, ja. Das war recht lustig. Niki, erzähl mal, du hast... also, weil ich habe Fondue nicht mal so... Also weißt du, das ist jetzt nicht mein Lieblingsessen. Du musst dich Blasphemie! du musst dich nicht Ich rechtfertigen liebe vor mir. Käse, aber so Raclette ist Fondue... viel geiler. Ja. Du musst jetzt Ad-Placement machen und sagen, Fondue ist mein Lieblingsessen. Also ich finde aber, es ist... Also die ganze Band verbindet die Liebe zu Käse. Das ist schon immer so ein bisschen so gewesen. Käse in allen möglichen Formen, da gehört Fondue natürlich dazu. Und du hast lieber Raclette einfach. Ja, nein, ich auch nicht so. Aber ich liebe einfach sonst Käse. Käse ist einfach wirklich etwas sehr Geiles. Käse ist einfach etwas Geiles. Am Ricky sein Sekundo-Herz, man blüht. Das ist so... Raclette ist lieber. Ja, ich finde es halt einfach... Ich finde eine Raclette-Orgie machen die oder auch eine Fondue-Orgie machen, ist immer nur geil, wenn es nicht bei dir die ist. Das... Ja, weil es ist nachher einfach mega... Du kannst es nachher auch machen wie meine Mutter und dann die ganze Zeit so übelst viel Lavendelduft umsprayen, dass deine Kinder nachher wirklich nicht allergische Reaktionen, aber wenn ich und meine Schwester irgendwo reinlaufen und es schmeckt nach Lavendel, laufen wir wieder raus. Weil ich kann noch Die nie... hat das gewaterboardet mit dem Zeug. Wirklich so, dann schmeckt die Wohnung nicht mehr nach Käse. Und wir so, Lieber Das schmeckt schmeckt mit Käse Ja. und Lavendel einfach. ja, das schmeckt nach Lavendel. Ich habe noch nie... Ich weiss Ich habe noch nie so. das Wort Raclette-Orgie gehört. The fuck does that mean? Eigentlich ist jedes Mal, wenn Das Raclette klingt ist, ist mega eine Orgie. falsch. Ja, schau, es ist Ja, mega, einfach es ist eine mega Fressorgie, easy. Du tust einfach Leute einladen und das ist der Fehler Nummer 1. Weil irgendjemand wird sagen so, ja, machen wir ab zum Raclette. Und irgendjemand sagt so, hey, wir bringen zu Herdöpfel, bringen dir den Käse. Und dann... Viel zu viel Wahlen immer. Und nachher ist so, ja, okay, erstens Kalig, der 3,50 ausgegeben mit Herdöpfel, Kalig, der hat nachher nicht gewonnen, oder? Ja. Und dann gibt es einen, der sagt, ja, er bringt den Käse. Und nachher bist du so, ja, wie viel? Und nachher machst du den Fehler. Und nachher gehst du in die Käseabteilung oder irgendwann sagst du so, und sie, wie viel Gramm Käse so pro Person würden sie so empfehlen? Ja, frag mal einen Verkäufer, was er würde empfehlen. Was du sollst kaufen. Der sagt ja dann natürlich so, ja, also unter 800 Gramm Käse pro Person würde ich jetzt nicht. Und nachher stehst du... Das ist eine faire Menge, muss ich sagen. Faire Menge, ja. Dann kommst du mit 300 Gramm, nein, wahrscheinlich sind es nicht etwa 300 Gramm Käse pro Person. Und dann hast du das eine Arschloch dort, der sagt, du hast aber die Billigkeit gekauft, oder? Ja, du musst... Nein, schau, der Trick ist eben, du musst immer ein bisschen vom Guten kaufen und dann noch den billig. Weil mega viele Leute... Billig Das ist der sogenannte Motier. Also ich liebe billig Sind wir wieder zurück beim Fondue. Ja, aber weißt du, mega viele Leute finden die ganzen speziellen, wo sie irgendwie so, ja, ich weiß nicht, so... Boah, Ricky, der aus dem keine Käsehaus Ahnung, im Laden. Knobli brauchst du nicht anders. Knobli Alter. und dann, was weiß ich da alles. Aber du kannst den Knobli selber drauf tun. Nein, ist nicht Ja, das Gleiche. sicher, aber es gibt auch mega viele so spezielle Käse, wo... Ich weiss, sagt das Käsehaus im Baden etwas? Nein. Das ist der Ja. geilste Raclette-Käse ever, den du dir kaufen kannst. Hm. Aber eben, das habe ich auch Wir noch sind jetzt per gelernt. Sponsoring verpflichtet, um Oh ja. dir Ja, Paroli bieten. Ja, dann einfach mach. Danke. Mach jetzt. Also geschätzt zu deiner Frage, Sehr wie der, gern Deal, geschehen. wie der Deal zustande gekommen ist. Ja. Wir haben, wie wir gewusst haben, die Rangverkündigung ist am 1. August. Das heisst, haben wir gefunden, komm, wir nehmen halt das Fondue Goclo mit, oder? Und der Niki hat so 2,5 Kilo Gerber Fondue Käse mitgenommen, weil das ist der einzige, den du nicht hast müssen kühlen. Ja. Oder? Es ist effektiv der Und- einzige, den du nicht musst kühlen. Und dann Das sagt viel über den Käse. haben wir halt, wir haben auch gefunden, ja, wir machen jetzt einfach ein Fondue im Backstage, aber wir haben wirklich die ganze Bagage mitgenommen. Und der Marco Ich hat habe die nachher, ganze Bagage du hast die ganze mitgenommen. Bagage mitgenommen und der Schon wie Marco, auch als Rotter das Jahr zuvor. genau, der, Und dort ist das schon der Run. Aber haben die gewesen. das Gaglo, ist das Nein, schon das ist extra Nein, noch nur nicht nicht. gewesen. Und Noch der nicht Marco hat dann eben gefunden, jetzt haben wir das wie zweimal gemacht oder so. Und wir haben immer so unseren Slogan mit Käse vor dem Auftritt und so. Ich habe nicht gewusst, haben sie so am Rotten Rock Fest noch gemacht. Das habe ich nicht gewusst. Mal, wenn am Nein, Rotter haben wir ja. haben wir es auch gemacht. Ja. Und das ist. Und dann hat der Marco gefunden, hey, ich frage dich mal an nach Customized Fondue Goclos. Und hat das im Internet gesucht und hat dann bei Mofondue eigentlich angefragt, wegen so halt Expello Fondue Goclos, eben da irgendwie ein Custom Fondue Goclo Ja, wie machen. viel das kostet? Und die haben nachher auch ihre Aufzüge gemacht, da haben sie nachher raussuchen, wo wir gepostet haben. Eigentlich dann auch schon gewusst,
dass wir als Band am Wacken sind, dort gewonnen haben und dass wir ein Fondue im Backstage gemacht haben. Obwohl das zu dem Zeitpunkt sind die Stories eigentlich schon wieder abgelaufen gewesen und es ist relativ schwierig gewesen, das zu wissen. Also ich weiss nicht, die haben da voll den FBI-Modus reingenommen und haben uns nachher eigentlich die Partnerschaft angeboten eigentlich. Geil. Und das ist jetzt eigentlich unser allererste so Real Endorsement eigentlich ist Fondue. Geil. Ja, ich Nein, weiss, Ricky, du weißt, was du hast. Ich weiss. Aha. Weil, Der will einen Eldoni-Deal. nein, nie. Ich rede ja nicht schon seit etwa 3 Jahren davon. Der Ricky sagt immer, er schreibt nicht. Du hast Ja, aber Zugang weißt- zum fucking Mail. Geh schreiben, Alter. Ich bin nur da für Du die hast Haare. vorhin erzählt, du sagst mega gut im Snowboarden, du hast nichts daraus gemacht. Ja. Weil du hättest das daraus machen. Nein, hätte ich nicht. Ja. El Toni hat es noch nicht gegeben, als ich noch aktiv war. Hast du nicht mal Oh, beworben? das klingt, dass er so. Bist du jetzt nicht mehr noch aktiv? Aber ich bin viel zu alt. Mit dem gewesen. Geo und dem Also- Saisonabonnement. Ich habe keine Lizenz mehr. Du brauchst eine Lizenz zum Ja, Snowboarden. du musst ja so eine komische Nummer haben. Weißt, früher war es noch geil, was noch real war. Jetzt ist alles so Fisskacke. Schau, der Bella, Fédération Internationale de Ski, MAES. schau, der Bella ist einfach Professor. Snowboard ist komplett Der ist einfach verarscht worden Professor, seitdem. Marco sagt das auch. Ah ja? Es ist aber auch Ja. so. Seitdem mache es ist wie Kunstturnen. Es macht mich so, Entschuldigung, Ja, das ist- jetzt gibt es kurz einen Snowboard-Tangent, jetzt gibt es kurz Erzähl mal, Bellas weil ich Quick Run. kenn absolut gar Früher war nichts von Snowboarden wie Skate. Früher war Snowboarden DIY fucking Underground-Szene vom Also, Wintersport. Nicht bürokratisch. Ne? Nein, es ist einfach gewesen, Nein. du bist dort hingekommen, du hast einfach gemacht, was du willst. Es ist literally eine DIY-Szene gewesen. Hardcore, Underground, United auf der ganzen Welt, alle am Snowboarden. Es ist geil gewesen. Jeder hat anderes Zeug gemacht bei den Contests. Es ist wirklich sick. Und dann ist die FIS gekommen und hat gesagt, wir brauchen da Punkte für die Olympischen Spiele. Es müssen Ding, das ist Zeug. Und jetzt machen alle die gleichen verfickten Tricks. Alle. Es sind vor allem wie im Kunstturnen auch immer 17-jährige Chinesen, die die Besten sind. Nicht, dass ich per se etwas gegen das hätte. Oder Japaner. Oder Japaner, ja gut, aber das sind schon krass. Es ist schon heftig, was sie machen, aber es ist, Ja, ja. es ist langweilig geworden zum Zuschauen. Es ist nicht mehr cool. Bitte führt einfach wieder das Format ein, dass wir einen Tech-Run haben und einen Style-Run. Danke vielmals, Schau. das war es. Ich finde, es ist mega easy zum Sport wieder aufpippen. Du musst einfach mehr so Hybrid-Sportarten machen. Crackheads das machen lassen. Ja, also das ist ja wie mal einer, der gesagt hat, dann machen wir Olympiade, aber einfach mit Doping. Ja. Das fände ich absolut schauenswert. Aber was ich auch schauenswert fände, wäre, egal welche Sportart, aber mit Vollkontakt Boxen. Und dann hast du einfach... Du meinst das Basketball, das die Amerikaner mit dem Trampolin Das ist spielen? geil. Das ist so ein knasti Nein, Basketball. einfach... Stell dir vor, Basketball, aber mit Boxen. Aber hast du das knasti Basketball Nein, mit das dem habe ich- Trampolin schon mal gesehen? Ist es im Fernsehen Das ist gekommen? literally das. Ja, es ist so Gut, amerikanisch. Gut, in Italien hast du Casco Historico. Das ist dort, wo so wie Rugby ist, aber es ist schlägelt. Genau, Nein, es ist- aber jetzt stell dir vor, Ist okay. PGA Pro Tour Golf, aber mit Tiger Woods verteilt am Füßen. aber mit Schlägi. Geil. Darf jetzt Schläger brauchen? Das ist up to the referee. Ey, Also plötzlich so mit Rules. Helm und Vollmontur müssen Fuck golfen. that! Scheißegal! Springreiten, aber mit Schlägi. Du musst absteigen und dich Fuck prügeln. fuck that! Einfach Als Ross. voll drin! Eben, Voll drin! so WWE Rules, oder? Ja, Einfach ja, 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 einfach- whatever is Ja, there. keine oder? Ahnung, Mami-Regeln, ja. Was Mami. Mami-Regeln. MMA. Oder? Nein, Mami. Was sind Mami? Ja, wenn einer Mami sagt. Ah, ja, fair, ja. Ja. Aha. Wenn er den Böllen nimmt und hässig heimgeht, dann ist fertig. Ja, dann ist fertig. Keine Ahnung, scheißegal, Fußball. Weil Fußball wäre so viel geiler, Wenn es wie Hockey wäre, ja. Ja, der Hockey hat mich aufgebracht. Es ist so, oh geil, mitschlagen. Oder zum Beispiel. Ich finde aber, man sollte... Nein, Schach, es gibt Schachboxen. Das gibt's actual, das ist das actual Ding. Schachboxen, du spielst Schach und du tust dich gleichzeitig boxen. Das ist aber geil. Ich muss dir nachher definitiv mal ein Video von dem... Es ist wirklich... Das ist, schauen wir es. Basketball-Trampolin, wo die sich nachher Ich glaube, wir müssen runterfustet. noch einen Break machen. Ja. Weil dann Das können wir ist sicher schnell auch das kurz- ursprüngliche Konzept beim Biathlon gewesen, nicht? Ja, Ja, oh shit. Ja, Biathlon, aber nicht mit Ski, Boxen, aber- sondern mit Schiessen. Aber, weißt du, was ist dort der Gedanke gewesen? So, weißt du, ja, Skifahren, ja cool so, aber du hast das Nein. Gewehr dabei und Nein, aber schiessest du. es ist, So, eben, okay. es ist ja nicht Skifahren, es ist langweiliges Skifahren. Ja, es Und ist dann- Dann ist- sage ich, wir Langlaufen. machen langweiliges Skifahren. Spannend. Schusswaffe. Das ist wie das amerikanische Schulsystem. Wie pippen wir das Ganze? Du meinst, die Amerikaner sagen, jeder, der behauptet, die Amerikaner brauchen nicht das metrische System, hat definitiv noch nie von 9 mm.
Das ist einfach... Der Unterricht ist definitiv zu langweilig. Weißt du, wo du Biathlon gesagt hast? Ich habe am Biermarathon gedacht in Zürich. Da gibt es ja auch einen, der so Das Bierkastenrennen? Bierkastenrennen. Ja, Mann. Genau. Haben wir früher einmal gemacht. Ich habe nur davon gehört. Ja. So Ich bin amigs nicht gar nicht den Bierkasten einfach gesoffen. Ja, Fair. ja. Bei uns hat es eben noch etwas anderes gegeben. Flankeball mit Boxen, das wäre auch noch etwas. Ja gut, aber das ist almost inevitable, wenn du schlechte Verlierer hast. Ja. Das ist in jedem Sport. Bei uns hat es so etwas Geiles gegeben, der Grand Prix Klösterli. Das war aber irgendwie nur für Kinder gewesen. Das ist so ein Seifenkistenrennen. Oh mein Gott. Und Seifenkistenrennen finde ich... Das Beste, ich habe Seifenkistenrennen zu Winkel gewonnen. Ich habe leider nie mitgemacht. Ich weiß nicht wieso. Es ist so wild. Was ist Nein, das? aber Seifenkistenrennen. Aha. Imagine, du hast Kind. So. Imagine, du hast Kind. Aha. Und nachher gibt es so einen Contest. wo Imagine, deine- du möchtest, dass sie verletzt werden. Genau, stell dir vor, du hast deine Kinder nicht so ganz gern. Ja. Dann baust du mit deinen Kindern in der Garage aus einer Holzkiste und Rädern, baust irgend so eine Todesmaschine, das Rennauto. Dann setzt du den Golf dort rein und dann lässt du ihn von einem Berg runterfahren und dann sagst ciao. Das machen sie ja Red Bull so mit ihren komischen aber Red Regeln Bull- und so. aber ja, Ja, aber das ist für Weicheier. Das ist nicht Red Bull Grade. Okay, Das das ist ist- nicht... Das ist das überhaupt... ist der, der in Wasser fallen, weißt du noch? Ja, aber das ist ja, nicht mit ja. ins Wasser fallen. Das ist Okay. dann Das ist- einfach, du fährst Nein, irgendwo... Du das gehst einfach so. Seifenkistenrennen ist wirklich wilder als Seifenkistenrennen ist einfach... Das Red Bull Ja, Seifenkistenrennen ist boah, nix. Nein, das Vor allem ist das Ding nichts, ist, in der nichts. Schweiz ist das ja noch so Lista, da die Firma, die da die scheiß Regal baut. Ah, die Office... Das ist ja wirklich so eine lizenzierte Rennserie gewesen. Die ist in der ganzen Schweiz gewesen. Im ganzen Ding haben von irgendwie 10 bis 16-Jährigen sich mit diesen verfickten Seifenkisten da hocken. Das war wie bei der Formel 1 Rennen gewesen. Die haben also Carbon-Seifenkisten gehabt und so. Ja, du hast Das einfach ist Glück, brutal du hast einfach Glück gehabt, wenn dein Papi irgendwie Ingenieur war oder so. Irgendwie. Ja, Ja. wir haben das mit dem Sport, mit der Jugend gemacht, mit dem Jugendsport. Und dann haben wir in Oh, der, ich hätte das so im gerne Winkel, gemacht, hast du ja. eben, wo ich aufgewachsen bin, dort hat es eine Kategorie gegeben, Locals, und die habe ich gewonnen mit unserer Seifenkiste. Ja so gut, eine in der Holzkiste. Schweiz ist es Insane. auch Rodelbahn. Im Nachhinein gemacht. einfach Und so. am Hast du Anfang doch haben sie etwas nicht gemacht so... aus deiner Karte? Wo Am ist Anfang sind noch dein Leute weggeflogen und so Sponsor? Scheiße. In der Nirgends. Schweiz hast du einfach Zeugs probiert, oder? Alter, Sommerrodelbahnen sind so eine wilde Idee. Es ist Was schon ich dort auch schon verletzte Touristen gesehen habe. Bei der Rodelbahn, da bist du doch verdammt dumm, um dich zu verletzen. Nein, bei denen, Sommerrodelbahnen? auf dem Pilatus hat es eben eine, die ist offen, die hat keine so, die ist nicht auf der Schiene. Oh. Die offen sind, die Oh, kannst du shit. rausfliegen. Ah, wirklich? Ja, nicht nur, du kannst ja den Leuten Du kannst voll einfach- hinten reinfressen, einfach ab bis Schleudern. Ja, Rodelbahn. Aber das die ja finde ich normalerweise wenn nicht jemand, auf die Schiene, Rodel, wenn jemand auf die Rodelbahn geht, also auch die auf der Schiene und nicht einfach konstant durchdrückt, what are you even doing? Ja. Es ist, also weißt du, wenn ich zum Teil, wenn wir so auf laufen. Rodelbahnen gehen und nachher dann haben wir so Es hat so irgendwie eine Bremsen. Mutter mit irgendeinem fucking Säugling vorne drin, Nein. wo dann irgendwie Schiene. so im Schritttempo dort oben geht. Ich denke mir so, was machst du da? Wo du so dort Postnatale Abtreibung. Oh. wo du so denkst, Natural Selection, do its thing. So sorry. Nein, aber ich denke mir immer so, also weißt du, ja, logisch, jeder zählt so sein Tempo, aber ach, come on. Aber hat Rodelbahn Wirklich. Schiene? Ich meine, das ist Was? einfach so Rädchen und... Es gibt verschiedene Varianten. Jetzt lernt man sogar noch etwas in dem Podcast. Ja. Es sind zwei verschiedene Varianten Sommerrodelbahn. Es gibt die mit der Schiene, da kann eigentlich nicht viel passieren, Ja, außer voll, du bist ja. zu langsam und der Niki fährt von hinten dich rein. Warum ich? Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach Beispiele genommen mit Leuten, die da sind. Okay. Bei der nächsten Sommerrodelbahn wäre der Rico. Der Rico. Ja. Das wäre auch funny, wenn der Rico würde ein Taoist-Shirt anlegen und dann würde behaupten, er sagt der Ricky, das würde niemand merken. Er wird nie... Anyway. Nein, der Wir können Rico schon mal wird nie einen Tisch- etwas anderes als einen Windbreaker anziehen. Das weißt du Nein, genau. Nein, er will- den Windbreaker der Rick- anziehen und ich gebe ihm... Der Rico wollte eben unbedingt einmal einfach als Joke als Sänger von Taoist auf die Bühne kommen mit dem Ricky seinem Shirt und einem Ding, dass niemand merkt, dass es ist. Unbedingt. Weißt Das du, wäre witzig. Wir spielen ja in seiner Heimatstadt gleich. Anyway, dort machen wir es nicht. Auf jeden Fall, dann gibt es noch die andere Sommerrodelbahn und die ist viel sketchier. Auf dem Pilatus und im Azmennig hat es die. Das ist so eine, da hast du wie so eine Schale. aber das kann so eine, ich, ja. In so Chile eine, hat es aber auch eine. es ist wie so eine... Das würde ich ganz sicher nicht Wie gehen. so eine grosse Rutsche. Es ist eigentlich wie so eine grosse Rutsche. Ja. Darum würde ich auf der Verzaska Staumorani runtergumpen. Die wird von Tessiner gewartet, das Bungee-Dings. Sketchy. Anyway, du hast so... Ich bin Viertel-Italiener, ich darf das sagen. Ja, aber Dad, nicht du bist in der Tessiner, du Schweiz. Trottel. Jeder, der in der Schweiz wohnt, ist mindestens ein Viertel-Italiener. Ja, das stimmt. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Über das müssen wir auch mal noch reden, dass wir das Ja. herausgefunden haben. Egal. Auf jeden Fall, das ist so eine Schiene und dort ist so ein Bob drin, nennt sich das. Und der ist auf Es ist Rädchen. jetzt eben nicht eine Schiene, es ist eine Schale. Es ist eine Schale, ja. Ja. Und dann fahrst du dort wie auf so einer Rutsche eigentlich runter und du kannst wirklich, also das Ding kann rausfliegen. Ja, aber es ist wenn nicht du fest schnell bist, gemacht. eben, ja. Da habe ich wirklich schon ein paar Sachen gesehen. Ja.
Oh man. Aber auch Schlitteln, weißt du, so im Winterschlitteln. Ja, das ist Das insane. ist viel gefährlich. Das finde ich. Das find ich so gefährlich. ich find- Hast du eigentlich mal deinen Werbeaufruf fertig gemacht, wo du Welche angefangen Werbeaufruf? hast für Raclette, für Fondue? Nein, ich glaube, das haben wir abgeschlossen. Wir sind Käse-Fan, wir haben den Fondue-Deal. Ja? Okay, Ja, tipptopp. Und wir haben jetzt im Merch kann man unser Fondue kannst du kaufen. Unser Skaklo. Dann mache ich das für Weihnachten. Du kannst Skaklo mit Expello drauf kaufen. Das ist geil. Ew. Ja. Und jetzt. Das tun wir auch Dropshippen übrigens. Wir sind jetzt Dropshipper. Dropshipping Bros sind sie. Ja, ja, Okay, das heisst, nächstes Jahr gibt es Expello Crypto. Ja, Crypto und Vapes. NFTs, Cryptello. oder? Und Vapes machen wir auch. Vapes, boah, das wäre aber, Vapes. weißt du, was das für Ziel Ja, ist? und zwar mit, Käsegeschmack. Endlich Nein, mal, mit, endlich mal mit dem- Generation Alpha erschliessen. wir machen wie sage ich, den absolut intimsten Expello-Geruch. Und zwar den Stuhl von Moritz. Geil, schlag sich schon. Wobei zum Generation Alpha catchen ist hure easy. Du musst einfach ein Brainrot machen. bisschen rechts sein und dann ist es okay. Lange das heute schon? Was? Ja, die Wirklich? Du hast ja vorher den Witz gebracht schon wieder. Von wem? Ja, wir haben doch vorher wieder irgendetwas im Auto haben wir es doch gehabt, von wegen die Jungen catchen und dann du so. Ich habe gesagt, du musst rechts fahren und dann Aha, du so, wie wie die die heutige Jugend. Ist das. Ja, das Ding ist halt, sie müssen rebellieren. Und gegen wer rebellieren sie? Gegen ihre Eltern. Wer sind ihre Eltern? Leute, die so ein bisschen Yuppies. älter, so Yuppies, ja? Ja. Und wie rebellierst du gegen linke Yuppies? Ja. Indem das Ausländer ausschaffen. Also, gehen wir pissen. Also, eine Stunde 45, das ist super. Ja. Mhm. Mach Ja. Pause. Also Pause, hä? Pause? Pause und die Pipi-Pause. zweite Packung Gutzli, bitte. Tipptopp. Hat es den gleichen Geschmack oder anderen Geschmack? Das ist der gleiche, ja. Gutzli-Geschmack. Guter Geschmack. Geil. Ricky, nimm das Mikrofon bitte Ich ans fänd- Maul, weil ich rede davon, wie man eine Banane mit dem Löffel isst und du Ich machst einfach fand nicht das actually absolut, ich fand das absolut eine lustige Sketch-Serie. Männer mit fragilem Ego, mit. Oh, von denen gibt es viel. wo nachher so. Und sobald eine Banane will essen, du so, haha, das ist gay. Und dann so, Das ist doch, das ist doch der KIZ-Song. so, und ich so, Banane. Gobble die Banane ab, Mann. Also gut, wir sind zurück bei Metal Servala, ihrem neuen Aussenexperiment. Wie kann der Niki Männer uncomfortable machen mit einer Banane? Das ist etwas, was ich eigentlich wirklich gerne mal bei Filmen brauche. Machen wir das? Nein. Das Please ist eine no. Feldstudie. Einfach, ich Nein, habe eine nur- Kamera, du nur hast eine schon- Banane. Nur schon der Titel allein. Der Titel, ich habe eine Kamera, du hast eine Banane. Langt! Perfekt! Ja, perfekt! Das ist, was ist das? Die Fallhöhe ist relativ niedrig. Das ist ein Schweizer Jugendforst, hä, so? Wobei, wir sind ja Aber nicht mehr wir müssen Jugend. Aber wir müssen es dann zum konsequent durchziehen, auch in der Schweizer Metal-Szene machen. Und dann gerade aufdecken. Gerade aufdecken, wo sie homophobe Compadres sind. Ich könnte einen Song über das machen. Über Bananen. Your camera, my banana. Mich haben mal, im einen Skilager, das ich geleitet habe, hat mir einer von den Gofen gesagt so, Silvan, du siehst aus wie eine Frau. Und dann habe ich mal nichts gesagt auf das und dann sind ein Kollege so, boah Brudi, hat er das mir gesagt? Und dann habe ich mir den geschnappt und gesagt, ja was? Hätte ich das so verletzt? Hätte ich das in deiner Männlichkeit getroffen, wenn er dir das gesagt hat? Würde das wirklich so etwas mit dir machen? Und dann sind all seine krassen Kollegen um ihn herumgestanden. Hey, er hat dir gegeben, Alter. Er hat dir gegeben. Du kannst nichts mehr sagen, Bruder. Er hat dich auseinandergenommen. Darum ist der Bella ewig jung geblieben, weil er sich den Respekt von Heranwachsenden verschafft hat. Ja. Nein, nur von Heranwachsenden, wo... Nein, der hat mir ja nicht mich angefickt. Der hat ja... Ha. Er hat ja quasi... Sein Kollege, also er hat ja quasi nur preisgegeben, dass er ein fragiles männliches Ego hat. Mm. Der 16-jährige Heranwachsende. Wunderbar. Sechsschüler. Denen kannst du manchmal sagen, ein bisschen geben, die verstehen es schon. Da Okay. gibst du Hey, ich Live-Lessons, kann Alter. mega... Das lernt man in dem Fall im I&S-Kurs. Ich habe nie mit Sexschülern zu tun, darum. Ja. Ich will nicht. Ja. Nein, es ist okay. Die sind schon genug, wie das dass du manchmal kurz kannst, wie das Kids heutzutage sagen, clap back. Also wenn ich mich so zurückerinnere an meine Sek-Zeit, dann muss ich sagen, ja, eigentlich sind wir genug bestraft gewesen mit überhaupt schon einfach reiner Existenz. Ja, das ist so... Aber wir haben MySpace gehabt und Netlog.
Netlog. Netlog. Und Musst du mal Netlog Best of... MySpace mit den Songs, die kannst du drauf tun und so. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen, das heißt Netlog Best of Boys. Oh. Hey, aber ohne Scheiß. So die Emo-Boys, die ihre so perfected Profiles haben auf Netlog, weißt du, mit so das ganze Konzept durchgezogen. Du bist schon ein bisschen neidisch jedes gesehen. Foto kuratiert und ich dort so. Ja, ich habe ein Foto von mir und dann habe ich ein Foto von Eluvati aufgeladen und ich so, das ist eine geile Band, weißt du? Und dann ist es so, das ist mein Netlog-Profil und ich so, na Mann, ja. Ja, so, ey, geh mal auf das Netlog-Profil. Ah, die ist auf meinem Netlog-Profil gewesen, ja, jemand hat mein Netlog-Profil geliked und so. Ich liebe es, dass alle, die jetzt den Podcast hören, einfach nahtlosen Übergang haben von, was haben wir vorhin geredet? Banane. Relativ sinnvolles Zeug. Banane. Niki und der Bella wollen die Leute mit Bananen belästigen. Und jetzt Fass es zusammen als Netlog. Mario Kart, weil das könnte man im Prinzip Das Schöne, auch als... das Schöne an der ganzen Sache ist, niemand wird erfahren, wie wir dort hingekommen sind, außer wir 4. Und das bleibt auch so. Ja. Außerdem geben wir sehr viel Geld. Fuck off, Bella. Nein, sicher nicht. Ich bin käuflich da, ist typisch. Aber Netlog ist leider nicht zu uns gekommen, aber Was Aber heisst ich- denn zu uns? also in Südamerika haben Ah, Netlog nicht, vergiss immer. Netlog nicht gebraucht, aber vergiss ich aber auch sobald mir immer. der Kollege gesagt hat, machen wir eine Band, hast du gerade ein MySpace-Profil gemacht. Ich habe eine Power Metal Band gegründet und wir haben den MySpace gehabt und ich habe in Photoshop das Logo gemacht. Wir haben nie einen Song geschrieben. Gut, es gibt sehr viele Bands, die noch nie einen Song geschrieben haben. Es gibt sehr viele Bands, die nie auf das Aber- Logo rausgekommen sind. eigentlich, Aber ja. gell, auf Netlog hat es wie das. Du hast nicht auf Netlog ein Bandprofil gemacht, glaube ich. Nein, Das, Netlog das ist irgendwie nicht gewesen. Nein, Das hat man nicht gemacht. Du Du hast hast auf immer nur MySpace hast du das auf gemacht. MySpace, Ja, du hast MySpace, auf MySpace das Bandding gehabt oder so MX3 oder das Zeug. Ja. Nein, Netlog Ja. ist für Emos. Und Netlog ist jetzt einfach. Ja, für Emos ist das gesehen. Netlog ist Oh, habe gewesen, ich Emo-Mädchen hot gefunden, du. Uiuiui. Untouchable für mich. Absolut. Weil ich einfach so ein bückeliger Teenie gewesen bin. Ich bin nicht cool gewesen. Hast du das Gefühl, ich bin cool gewesen? Ja, klar. Also für irgendjemand von uns so ist cool Niemand- gewesen. Nein. Aus Fuck, irgendeinem Mann. Grund spielen Nein. wir in einer Metalband. Ja, Ja, aber einer von jemand von 4 muss doch. we had no Gut gewesen game. sein. Nein, das ist, Oh. das ist Wir meine haben alle Theorie. die Emo-Chicks einfach Wenn angeschaut und du, gesagt so... wenn, du in der Sek cool, wenn du in der Sek cool gewesen bist, bringst du nachher nicht mehr an im Leben. Ja, das stimmt. Das ist einfach Ja. meine So die peaked in High School. Wobei der Ja, Jeremy hat etwas angebracht. Wer ist der Der Jeremy? Schulkollege Jeremy, der Vize-Weltmeister im Motocross wurde, ist ein paar Mal. Damn, nice. Cool. Ist ja cool gewesen, der Sek. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er eben auch Die nicht Mädels cool. haben ihn natürlich cool gefunden, weil er halt ein exciting Hobby gehabt Gut, und Bikers und so Extreme Sport Leute haben einfach irgendwie ein anderer Coolness Factor als Jock. Ja, aber er hat- ich weiß nicht, ist er... Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt auch sagen, wir haben exciting Hobbys gehabt, aber. Also alle haben wack gefunden, dass ich Metal-Gitarre spiele, Alter. Weil ich habe akustische Gitarre... Also ich habe Metal auf akustische Gitarre gespielt in der Pause. und es war akustische Gitarre, wo ich schwarz angemalt habe mit so einem Filzstift und es hat gestunken. Okay, Bruder, wie du bist Sau. cringe as fuck. Oh, ich bin gewesen. ultra cringe gewesen und Haare bis da natürlich. Hast du so hart gehabt? Ich habe so... Also so Haare wie ich jetzt habe. Merci für die Ja, Side-Hit. eben, ja. Für den Drive-By. Ah, ja. Kleiner Dick. Messi für den Sidecut. Nein, ja, habe ich mal einen gehabt. Aber ich bin so schade, dass das nicht mehr blond sein. Er ist zu fest verwechselt worden mit der neuen Sängerin von Linkin Park. Ja. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen frustriert. Ja, ich habe von dem Mickey auch gute Haarpflegetipps bekommen im Winterthur. Mhm. Und eigentlich, es ist absoluter Fick. Es ist wirklich so mühsam. Machst die Haare einmal nass und dann hast du einfach so Stroh auf dem Grind. Mhm. Das ist halt. Plus, ich habe es gemacht, Ja, bevor ich 30 geworden bin, dass ich etwas Dummes mache, bevor ich 30 bin. sehr gut. Also, vielleicht, Aber du bist jetzt 30. ja, aber. Ah. Ja, die sind nicht innerhalb von einem Tag rausgewachsen. Ja, stimmt. Fuck, man. Mit Zurückfärben schießt mich eben auch an. Ich habe Ja. gerade wieder gedacht, es ist eigentlich schon wieder Ende Woche und eigentlich ist es so geil, aber irgendwie ist doch erst gerade Sonntag gewesen. Und what the fuck ist passiert? Ich finde es so lustig, du hast also gesagt, es ist schon wieder an die Woche suggeriert, dass es in einer Woche rausgewachsen ist eigentlich. Oh nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint. Manchmal, das ist so. Ui. Ja, ich habe letztens den grössten Fick gehabt, wo der Ricky die Folge aufgeladen hat, wo wir interviewt worden sind. Habe ich das Gefühl, ich hätte noch braune Haare gehabt. Mhm. Der Dude fickt. Ja. Nein. Okay. Vielleicht. Wer weiß. Nein. Ich nicht. Wer weiß Wenn du das schön schon? fragst.
Ja, genau. Du musst auch Okay. lieb fragen. Zum Scar nochmal zurückspinnen. So einen Ball also nochmal aufwickeln. Wie viele Italiener, die kein Italienisch können, haben wir am Vierlab, Expello, Vomit Heist und Sons of Coherence Gig und Alive for Redemption Gig in Winterthur gefunden, innerhalb von extrem kürzester Zeit? Ich glaube, etwa 6. Nein, das sind mehr als 6. Das ist Italiener. Nee. Ich glaube, wir sind auf etwa 15 gekommen. 15? Es sind mehr als 10 gewesen, auf jeden Fall. Wieso? Oi. Ja, der Nico ist mal neben mir gestanden und hat das Gefühl, Brudi, du bist auch ein Italiener, der kein Italienisch kann. Ich so, jupp. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass der Nico auch ein Italiener ist, der kein Italienisch kann. Das sind wir 3 gewesen. Und dann sind plötzlich Leute gekommen so, was machen die da? Wir sind alles Italiener, die kein Italienisch können. Und dann so, hey, ich auch. Ist Und nicht dann, der Radar nachher auch? Der Radar! Ja. Natürlich. Schon krass. Ja, das ist wirklich absolut schnell gegangen. Ja, das ist wirklich schnell gegangen. Das habe ich ja gesagt. Und alle sind so dort Alle so, sind alle Italiener, so wie dort so, ja, weißt du, ich bin Italiener. Nachher irgendjemand so, cool, ja, sag mal etwas auf Italienisch. So, nein. Basta. Einmal Scopato. Was? Einmal Scopato. Das heisst, Du könntest mir jetzt irgendetwas erzählen. ich weil würde dir das- sagen, was das heisst. Nein, Bella Das kannst heisst, Italienisch. nie hast du bumst auf Italienisch. Okay. Eigentlich heisst es nie hast du bürstet, aber das Bürsten wird verwendet als bumst. Schon. Auch in Italien in dem Fall. Ja. Ja, okay. Ist der, wenn wir schon bei dem sind, ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du, das ist jetzt, habe ich zwar von einem anderen Podcast geklaut, aber wenn du etwas sagst und davor hängst, so etwas, was man machen kann, wie zum Beispiel den Boden aufnehmen. Wenn du aber vorher sagst, heute wird sowas von, das impliziert immer, dass du nachher gehst du saufen. Also zum Beispiel, heute wird ich mir sowas von die Schuhe zubinden. Instant Anregung zum Saufen. Stimmt. Heute würde ich mir sowas von das Mikrofon in den Grind hauen. Instant. Nein, also jetzt beim Mikrofon. Beim Mikrofon- Nein, Mikrofon in den Grind hauen, das hat jetzt bei mir nicht so das Gefühl ausgelöst, dass ich das Gefühl habe, Okay, dass du dir okay. das eine Weil das Uhr- etwas ist, dass was wir du schon dir- gemacht das- haben. Ja, voll. Ja, ich würde jetzt auch Actually. sagen. Aber sobald es so absurde Sachen sind, wie so, boah, heute wird mir die Schuhe zubinden, habe ich richtig gut gefunden. Was zum Fick ist an Schuhe zubinden absurd? Nein, dass du sowas von Aha, Schuhe ja, ja. zubindest. Ich meine, keine Ahnung, du gehst Ja, hin, heute du will ich tust- sowas von die Wand streichen, ja. Ja, du tust so normal deine Schuhe binden, heute tue ich normal. Das ist nicht Stimmt, etwas, du wo man- haust dir nicht normal das Mikrofon in den Grind, ja. Ja. Das kann irgendetwas sein, das kann eigentlich sagen, ja, man geht gut Karaoke singen, aber es ist inevitably einfach damit verbunden, dass man hure Ja, das stimmt. reinschüttet. Heute will ich sowas von Plakat gestalten. Ja, das könnte Komm, ja probier's sein. auch mal. Ja, okay. Ja, ich bin schlecht in Du kannst eigentlich irgendetwas anschauen in diesem Raum. Ja. Tisch verginken. Gib mir sowas von Das Tisch ist von allen verginken. Optionen die schlechteste. Ja, aber ich habe den Tisch gesehen. Ja, das ist es Was so. macht man mit Tisch sonst? Du könntest sowas sagen wie, heute Heute- kann ich sowas von... Heute kann ich mal wieder sowas von den Karton entsorgen. Ja! Es geht! Ja! Heute kann ich sowas von... Go Das Kerzen Monatsbudget neu aufstellen. Ja, Das funktioniert. heute kann ich sowas von mal schlafen. Heute gehe ich sowas von meine Seite stimmen. Nein, der geht Ja, nicht. mal das. Können wir mal. Sobald es zu sehr in den Musikkontext geht, habe ich Was das Gefühl... eigentlich vollkommen weird ist. Weißt du, Weil die machen das alle immer besoffen. Ja. weißt, heute habe ich Also, sowas von. wir sind im Fall die meine unbesoffenste USB-Sticks Band. parat machen für den DJ-Gig morgen Abend. Stimmt, ihr habt noch einen DJ gemacht. Ja. Ich wollte kommen, aber ich kann nicht. Don't put pressure on me. Ich habe USB-Sticks jetzt. Ja. Ich habe nämlich keine USB-Sticks. Haben die noch USB-Sticks daheim? Ich habe 2 am Schlüsselbund. Damn. Ich habe einen gebraucht fürs Studium, für das GIS-Modul, das ich nicht verstanden habe. Und jetzt Schau, das Mikrofon ist da, musst du da reinschwätzen. Das tönt wie meine Freundin. Du hast genau den gemacht. Du hast Corporate Microphone gemacht. Du bist so, ja, willkommen. Es ist, danke, dass noch alle so zahlreich erschienen sind. Ich habe übrigens noch Zahlen vom letzten Jahr. Für alle, die sich jetzt fragen, wieso wir uns einen Schranz lachen, ja, schauen Sie ein Video. Heute kann ich mal wieder so das Mikrofon umschwingen. Ja! There we go! Finden wir wieder einen roten Faden? Ja, wir haben ja gesagt, wir müssen nach der Pause oder in der Pause mal noch eure Bandroom-Memorabilia
Ich habe kein Englisch. Ricky, kannst Alle du haben sprechen? noch Videos schauen in der Pause. Irgendwelche... Ja, ihr seid auch noch nicht mal Sachen vielleicht auf dem Highway googeln. vom Wacken. Ja, stimmt. Wir haben, Was Wir haben wir haben Lust? wir haben eine noch... Rangverkündigung gehabt. Und dann haben wir noch mehr so... Aber dort sind wir auch noch nicht... Und dann Dann haben der Gudi und ich ein Bobbycar-Rennen Auf die Rangverkündigung sind wir auch noch nicht so wirklich eingegangen. Die ist auch noch so Ja. am Rande erwähnt worden. Das war so nach dem die ist aber auch Fototermin. nur am- gewesen Die Und ist auch nur am Rande sehr gut gewesen. ja, also weißt du, die hat 50 Minuten lang rumgegeiert und nachher dann hat es geheißen, also wir haben wirklich geheißen, ja, am 3 ist, und einfach vom 2 bis am 3 oder irgend sowas. Oder einfach, es war in einer Stunde gewesen, und es ist wirklich glaube es ist am 3 hat es irgendwie angefangen und am 10 vor 4 ist ist Expello quasi announced worden dann. Schau, es hat sich etwas so angefühlt, nimm einen Kaugummi, dann klebst du den auf den Tisch und jetzt nimmst du das Stückchen davon und dann ziehst du dran. Und dann ziehst du noch mehr dran und noch mehr und noch mehr. Und dann ziehst du es so lange da, bis der Kaugummi wieder weg ist vom Tisch. Und selbst das wäre noch nicht in die Länge gezogen gewesen, so wie sie es dort in die Rangverkündigung gemacht haben. Das ist mir ist das Gesicht nicht eingeschlafen, es ist schon fast vom Schädel weg verwest. Also, ich muss ein Kompliment aussprechen an alle Leute, die überlebt haben. Nein, Von denen umgehst. nein, Drama, das so. nein, ich muss sagen, es ist ein Kompliment an das ganze Metal Battle. Es ist wirklich alles tiptop eigentlich organisiert gewesen, so gut man es kann organisieren innerhalb von so einer riesigen Produktion. Aber du bist natürlich auch fucking ungeduldig, weil du bist dort. Ja, du natürlich bist bist du seit 3 ungeduldig, fucking aber Tagen bist du dort ja, und denkst so jetzt... aber dann haben sie die Rangverkündigung dort gemacht und haben sie irgendwie 2 Glöhne dort angestellt und die haben dann gesagt, Also die deutschen Bryans. nein, schau, das ist jetzt einfach dem Brian nicht gerecht. Weil der Brian ist lustig und der Brian hat sich ganz sicher vorbereitet. weil jedes Mal, Stimmt, wenn der Brian ist vorbereitet, weil ja. jedes Mal, wenn er zu euch im Podcast kommt, dann sehen die aus wie irgendwie ein Schluck Tee in der Kurve. Nein, der ist nicht vorbereitet, der ist so. Ja, ich weiss. Weil er kommt so mit so Sachen hinführen. Das hat er dort genauso gut gemacht. Also mit den Aber Fun die Facts zwei- über Bands von der Der Brian hat mir am ersten Die- Grenchen sowas von der Arsch gerettet beim Valetudo-Interview im Fall. Ja, hat er dir gesagt, das heisst nicht Veiltude? Ja, genau. Ja. Das klingt wie so, Ich hab's wie so eine Gefühl, Fantasy-Location. ich hab's Gefühl, Welcome to Veiltude! Ich habe das Gefühl, ich muss es so sagen. Valetudo! Ich sehe schon Mario sein Gesicht. Und dann noch an seinem Geburtstag. Ja, Ah. Nein, auf jeden Fall, sie haben Das Lustigste ist, weil er tut, ist Portugiesisch, gell? Nicht Italienisch. Es ist glaub brasilianisch. Ja, Portugiesisch. Ja. Hast du gewusst übrigens? Hast du gewusst? Oh ja, dass jetzt kommt der Fun Fact. Der Ja, Fun Fact bringen, mit bringen. Portugiesisch stirbt aus, weil so ein brasilianischer Streamer so Influence hat auf portugiesische Jugendliche, Ja. dass sie alle anfangen, brasilianisches Portugiesisch reden und ihre Eltern die halt fast verschrecken Aber und das ist sterben. so ein Kinder-YouTuber. So ein brasilianischer Kinder-YouTuber, also effektiv Content für Kinder macht. weißt du, also der brasilianische Cocomelon oder Brainrot oder irgend sowas? Nein, also es gibt YouTube Kids. Das ist anscheinend das Ding, weil Fernsehen ist out, darum Eltern setzen ihre Kinder vor YouTube. Und YouTube Kids hat noch ein anderes Problem, dass aller Content, der jetzt AI-generated ist, uns eine Sachen beibringt wie «Das ist ein I» und nachher siehst du ein Auto auf dem Bild anstatt ein I. Ja. Und auf jeden Fall hast du dort so einen brasilianischen Content Creator, wo alle die portugiesischen Kinder schauen und die nennen jetzt brasilianisch Portugiesisch. Also, Das ist Okay. noch hart. nach dem Grätsch. Curveball. Die 2 Bros, die dort das Zeug geleitet, sie haben Moderiert. oder moderiert, ja genau so. Sie haben ihre Anmoderation war, dass sie sich darüber lustig gemacht haben, dass sie beide absolut unvorbereitet sind und dass sie jetzt wingen und das eigentlich gar nicht können. Mind you, das Pressezelt ist rappelvoll Ja. gewesen, gell? Also das ist wirklich mit... Und dann habe ich gedacht so, aha, okay, sie fangen mal an mit ein bisschen Humor. Ja, easy, hoffentlich sind es lustige. Dann sind es einfach auch noch nicht lustig gewesen. Wenn du unvorbereitet bist und nicht lustig. Dabei sind sie einfach ehrlich. Dabei sind sie einfach ehrlich. Ja! ich glaube, sie haben wirklich Ist das- Zeit ein bisschen umbringen dort. Oder ich glaube, die haben auch irgendwie gefunden, so, ja, schau, du musst jetzt 50 Minuten irgendwie Haben 50 totschlagen. Minuten? Die haben es müssen Bis Bernd. zum, Bruder, bis die zum haben's müssen- Winning Announcement. Die haben es müssen Bernd das broten.
Sie haben es wirklich müssen während das Brot ein bisschen. Ja. Ja. Sie sind wirklich weg, sind so, reden wir doch mal drüber. Wieso hast jetzt du so provokativ die gut? Ich kann sie langsam aufmachen, dass man sie nicht hört. Danke. Zum Glück hast du jetzt jetzt... weg. Du hast gesagt, wir müssen Gutzli aufmachen voran. Ja, warte jetzt. Okay, ist gut. Erzähl weiter. Es hat irgendwann Ich bin angefangen. bei So, dir. ja, jetzt müssen wir dann nochmal den ersten Platz, also den 5. Platz announcen vom Wacken Metal Battle und so. Ja, wer könnte das echt sein? Ja, was meinst du? Ist das echt so eine Band, die da mitgemacht hat? So, okay, ja, vielleicht, ja, tatsächlich, vielleicht ist es eine Band, die da mitgemacht hat. So, ja, ich glaube, wir machen das Ganze jetzt noch ein bisschen spannend. Erzähl doch mal irgendetwas über das Land. Und dann so, ja, also das Land, das ist auf einem Kontinent von dieser Erde. Und dann so, okay, wirklich, okay. Dann so, ja, das ist ein Land, das ist bekannt dafür, dass Menschen drin leben. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir nicht zu viel über das Land verraten. Und dann so, okay und so. Aber du gehst gerade bei Platz 5, haben sie es ja eigentlich vorweggeholt, indem sie Salman auf die Bühne geholt haben. Ah ja, genau. Ja. Genau. Und dann sind sie so, aus dem Hut ziehen wir noch irgendwie so eine Spezialkarte von, was machen wir jetzt so, haha, let's do a racism. Und dann hat sie irgendwie gefunden so, keine Ahnung, das ist wie so, das ist wie so, Ein Autounfall? ja, nein. Ja, Story, was? Es ist einfach so, es ist mega obvious gewesen von dem, was sie erzählt haben, dass die Band aus Indien jetzt dann aufgerufen wird. Und dann sind sie so, ja, aber der Bandname ist so schwierig zum Aussprechen. Also ich habe das Protokoll, das ist die Band da. Ja, genau. Und das heisst Panchabutta. Panchabutta. Es ist nicht Extrem so, schwierig. Es ist unhuere schwierig, also man kann es kaum Ja, aber für aussprechen. den Deutschen ist das schwierig. Panchabutta. Ja, und nachher hat der... Siehst du, bin ich für Casual Ja, aber sie müssen ja Englisch reden. Ich hätte noch so viel im Petto gehabt, aber ja, die lassen wir jetzt. Und nachher irgendwie haben sie gesagt, so, ja, aber holen wir doch einen auf die Bühne, der das wirklich aussprechen kann. Und dann so, der Salman Social Media Manager. aus Indien erzählt uns jetzt in seiner Muttersprache, welche Band wohl aus welchem Land könnte gewinnen. Ah, smart. Er tut einfach die Band announcen, wo sie haben nicht mal gesagt, der Salman aus Indien, sie haben einfach gesagt, ja, der Salman kommt jetzt auf die Bühne und er war mega stolz gewesen, oder? Und sie haben gesagt, ja, er kann eben als einziger nur den Bandnamen aussprechen, darum muss er jetzt die Band announcen. Aus Polen, dem Und Fall. ich habe eben wirklich gedacht, jetzt kommt El Nuevo. 9/11, ja. 9/11. Ja. Recently found out, dass das alles gar nicht so wahnsinnig. Ja. Ich bin sicher, niemand im Wackendings hat das irgendwie. Ich kann heute Abend in einen Rabbit Hole rausfinden. No one got Ja, that. unbedingt. No one got that. Nein. Ich bin alle dort so. El Nuevo, ja, einfach die Band Argentinier, aus ja. Ja, die argentinische Band. El Argentinier, Nuevo. Gut, ich hätte mehr Angst, wenn es eine argentinische Band wäre. Und der Name wäre ein bisschen deutsch angekommen. Ist egal. Da kannst du machen wie der Burat. El Nuevo. Wie jetzt der erzähl weiter. Bring the Ah, ja. racist thing. Also vom Wacken, nicht von dir. Ja. Nein, das ist schon gewesen. Ja, aber das ist Was? noch nicht fertig erzählt. Ja, genau. Und nachher... Was? Nein, sie haben ihn ja aufgeholt, dass er den Also Bandnamen der Band aussprechen ja, genau. Und Und dann ist er einfach dort gewesen und gesagt, ja, was heisst Panchabutta? Nein, er ist dort angegangen und hat gefunden, I am very proud to announce India! Anstatt Panchabutta. India. Ja! Das habe ich vergessen. Ja, nein, Das ist der Eurovision Song Contest. Nein, das ist... Also sie haben dann ja wirklich... Germany, 0 Points. Sie haben vor allem Bandnamen gar nicht bei keiner Band gesagt. Sie haben einfach immer nur das Land gesagt, das gewonnen haben. Aber es war eben so witzig, weil es ist halt die erste Band, die announced worden ist. Sie sind so lange auf dem Namen rumgeritten. Und dann ist es mega lang auf dem Namen und jetzt muss er den Namen aussprechen und er kommt einfach an mit India. Ich so, oh nein, ey. Mega schwierig zum Aussprechen. Genau. Ja, und dann ist das halt so weitergegangen, dann hat es jedes Mal so ein Umgeeier gegeben und so. Und ich meine, ja, und dann Das Ganze 5-mal. ja, das Ganze dann so ein bisschen 5-mal. Und bei uns war dann so ein bisschen, wir haben von den Feedbacks, ist ein hure Gemisch im Vorfeld. Also einerseits die Juroren kommen ja schon nicht zu dir und sagen, ha, ihr gewinnt im Fall. Also das darf ja gar nicht. Und es ist nur so ein bisschen, es sind 2-3 Juroren, haben mich angesprochen und gefunden irgendwie so, hey, das war mega cool gewesen und hey, ich habe euch eine gute Punktzahl gegeben oder sowas. Aber das ist so das Einzige, was ich auf Feedback irgendwie hatte.
Und dann bist du dort und du hast zwar schon das Gefühl gehabt, hey, es ist verdammt gut gelaufen. Und ich habe tatsächlich gefunden, so mitunter die stärksten Konkurrenten von uns sind eben gerade Argentinier. 9/11, ja. Ja, und Das lässt dich nicht mehr los, hä? der Punkt ist, die sind dann als Vierte announced worden. Und dann ist gerade die dritte sind Sie sind Hellbound. eingeschlagen wie eine Bombe. Hellbound aus Bulgarien sind dann announced worden. Und dann, ich glaube, Momento aus Finnland, die sind schon abgereist gewesen. Die haben im Livestream eigentlich erfahren, dass sie Zweite geworden sind. Die haben nicht Ja. mitbekommen, dass es eine Rangverkündigung gibt. Die haben gedacht, wir werden irgendwann per Post benachrichtigt. Nein, sie haben, glaube ich, aus irgendeinem Grund, weil sie noch irgendeine andere Show hatten oder so, haben die dann müssen abzischen. Ja. Also das ist, Jet Set Live. Genau. einfach. Es gehen immer 100 verschiedene Wahrheiten einmal durchs Zeug. ja, hey, das Buschtelefon, weißt du, wie es ist. Nein, und dann... Außer bei Linkin Park, jetzt weiss man es immer noch nicht. Und Egal. der Punkt war, ich habe dann wirklich gedacht, so, hey, so rein von den Feedbacks, die wir bekommen haben, oder? Und rein von den Bands, die jetzt schon announced worden sind. Und sie haben ja dann auch angefangen, so ein bisschen hinzugeben, so von wegen, ja, von wegen der Winning Band und so. Und dann hat sie schon gesagt, so, ja, also Country from Europe. Und dann hast du schon gesehen, schon mal eine Menge Bands einfach schon so, oh. in dem Publikum so, okay, Europe, Sad. European Country. Ja, sie haben im Prinzip Dann- einfach nachher ein Guessing-Game draus gemacht. Genau, und irgendwann dann- haben wir wie gefunden, so. Also, entweder müssen sie jetzt wir sein oder sie erfinden ein neues Land. Ja, weil sie haben, also, ja, weil die Hints sind gsi European Country, No Navy. Nein, der ist eben ganz am Schluss gekommen. Der ist am Schluss gekommen, ja. Zuerst ist gekommen Mountains, Strange nachher- Language. Und dann Haben wir haben sie keine gesagt, Navy? haben sie gesagt, Na, für was? Haben wir keine Flussverteidigung? nein, das Pontoniere ist... sind keine Navy, nein. Wir haben keine Navy, nein, wir haben keine Navy. Mindestens einfach ein Schiff, Alter, zum Offizieren. Ja, man hat trotzdem keine Navy. Meinst du ein Schiff? Ja, man, Keine man, Angst. das ist so Man hat so ein Polizei. Boot, wo man Schlauchboot kann. Anyway, Ja, ja. ich erzähl bitte weiter. Ja. Und dann haben wir halt die 4 Hints gehabt. Und dort dann ist ja, eben, also Ja, ich kann Strange sagen. Language, Mountains, European Country, No Navy. Und dort hat es dann schon angefangen, so ein bisschen zusammenpuzzeln, so, hey shit, das könnte jetzt, es könnte jetzt in der nächsten Sekunde könnte es jetzt da vorne Switzerland heißen, oder? Und dann bist du halt so, und ich habe dort wirklich gedacht, okay, einfach so für den Fall, brace yourself, just in case. Und das ist schon irgendwie verrückt gewesen, wo das dann, also das ist irgendwie etwas, ich weiss da die Details gar nicht mehr. Ich bin froh, existiert so viel Videomaterial, weil ich weiss kaum mehr etwas aus dem ganzen Trubel, der dann ausgebrochen ist. Es ist auch wirklich, also Kameras und Interviews und also einfach mega viel aufs Mal, mega viel. Also, und bist natürlich auch völlig überwältigt dann in dem Moment. Weil das ist, meine, die Schweiz hat es noch nie irgendwie, auch nur schon in die Top 10 geschafft. Ist der erste Die erste Platzierung überhaupt. Ever. Also, Ja. weil es ist noch nie, also nicht mal in die Top 10. Also ich habe Sebastian extra mal noch gefragt. Also es ist, weil Wacken Metal Battle gibt es seit 2004, die Schweiz macht mit seit 2006, also es war immer wieder einmal passiv gewesen, aber also nicht durchgehend seit 2006, Ja. aber in dieser Zeit noch nie irgendwie. Ja, wer ist bis jetzt dort gewesen? Lodgevai ist gegangen und... Ich glaube Soulfly ist mal gewesen. Sind jenste gegangen. Soulfly, Nein, Ab in nicht Soulfly. Jova. Soulfly? Soulfly, Soulline. Soulline, irgendwas mit Soul. Soulline. Soulline. Dings ist auch gewesen. The Headers. The Headers. Hatters. Headers, Das ja. ist aber geil. Die sind auch mal Sie gewesen. sind stabil. Ja, aber das ist mega lang her. Und Battalion Oh, ist auch dort gewesen. Mhm. Battalion. Hure gute Band. Ich finde das krass, wie das sind alles starke Bands. Ja, sicher. Und irgendwie. Eben, es ist ja nicht einfach irgendwie... Ja. Wer Keine hast du Ahnung. noch gesagt, während du Soulline gesagt hast? Du hast eine andere Band gesagt. Was? Hathors. Headers. Nein, vor. Soulline. Du hast gesagt Lotrify. Battalion. Battalion. Lotrify. Das ist eine andere gesagt. Und irgend so eine Folkgruppe. Folkband. Was? Kollege, hast du mir das? Ja, keine Ahnung. Also müssen wir vielleicht mal, ich weiß es auch nicht auswendig, Ja. aber es ist schon. Also schon, ihr seid der Erste? Also erste Gewinner? Also es ist schon crazy gewesen und. Ja. Also. Also das ist jetzt echt der Aufruf fürs nächste Jahr. Also wenn wir können, könnt ihr das einfach auch. Ja, aber wir haben einfach nur Glück gehabt. Wir haben Einfach nur Glück gehabt. Offensichtlich, ja. Ja. also, ja. Offensichtlich 3-mal Glück. Offensichtlich. 3 haben einfach nur Glück gehabt, ja. Ja, nein, und dann ist einfach wirklich Trubel gewesen und dann. Ich habe irgendwann mein T-Shirt verloren. Jemand hat es wollen. Und ich bin so... Welches T-Shirt? Du Ja. hast es verschenkt, du hast doch, glaube ich, irgendwie einen von 9/11 geschenkt. Nein. Oder Ich has, irgendwas.
der, da das Magenta TV gemacht hat. Ah, der Der Moderator, der will ein Interview mit uns machen und er so, ja, jetzt müssen wir mit uns über das reden und wir so, können wir einfach gar nicht, also ich kann gerade überhaupt nichts sagen, irgendwie, oder was hat irgendetwas wollen, dass wir irgendetwas, ich weiß ja gar nicht, was es war. Nachher hat er irgendwie gefunden so, wow, hure geiles T-Shirt, kann ich das haben? Und ich einfach so, Ist nachher einfach Du bist irgendwann nur so mit der Flagge begleitet Hast du wieder deine eigene Band-Merch angehabt? Ja, Okay. ja, wie immer. Ja, fair. Nachher verschenken Ich habe mich nämlich immer gefragt, wieso du dein gottverdammte T-Shirt abziehst. Und dann so, ja, warte schon, wenn das ein Expello-Shirt ist, macht es Sinn. Ja, wir haben kein Merch mitgenommen in dem Sinn. Wir haben aber die neuen Sachen definitiv einfach gut gedreht, immer, dass wir einerseits das nachher posten können und andererseits, dass die Leute das schon mal so ein bisschen sehen. Ja. Das ist schon... Ja, von Weissrüt, die haben so ein leer gekauft dafür. Ja, das ist wirklich geil. Machen geile Merch, das lohnt sich echt. Ja, machen fairen Merch. Ich bin letztes Jahr angefickt worden wegen eurem Shirt. Ah ja, wieso? Ich habe mit Fear Lab gespielt und dann kommt es ein, hast du eigentlich auch noch ein anderes Shirt mit der Expello Longsleeve? Und ich so... ja. Mehr Longsleeves? Ja, habe ich. Wir machen sonst mal wieder noch ein neues Longsleeve. Nein, ganz ehrlich, macht lieber Merch, machen gar keine Musik, es lohnt sich auch. Machen einen Versandhandel. Dropshipping. Die tun Dropshippen, ja. Investiert, Rockpools. Nein, dann haben wir einfach noch so ein bisschen gefeiert am Abend und dann sind wir am nächsten... Ah, ich bin geschlafen, weil es mir immer noch nicht gut war. Ja, voll. Nein, wir sind am nächsten Morgen ist zuerst, glaube EMP, nein, zuerst ist, glaube Social Media Team vom Wacken bei uns gestanden und hat noch ein Interview gemacht. Und die haben, das ist... Oh, wie heisst sie? Bianca, irgend sowas. Blanca. Glaub. Sie hat mega coole Fragen gestellt. Von Spanien? Ja. Sie hat wirklich... Also weißt du, normalerweise kriegst du so Interviewfragen und so, sind so mega... Ja, halt so ein bisschen das 0815-Zeug, was sie halt immer gefragt wirst. Und sie hat wirklich so ein bisschen wirklich bessere Fragen gestellt, was ich sehr geil gefunden habe. So, wie war es mit 9/11 zu spielen und so? Nein, so Sachen wie... Ich kann mit dem aufhören. So Sachen... Ich nehme das Mikrofon weg. Ja, nein. Ist auch egal. Ich meine, das Reel ist da oben, schau jetzt. Und dann ist EMP gekommen. Dort haben wir irgend so einen Marketing... Da haben wir schon einen Fützel, der erste Fützel müssen ja, nein, da haben wir erst später, da haben wir dann noch digital, hat der Marco das gemacht. Und wir haben dort müssen noch irgend so einen Witz, so einen Cold... Weißt du, einfach müssen sagen, hey, es gibt dann Merch, PMP, von Expello, hey, und so. Und ja, dann haben wir das auch gemacht und dann ist noch Bullhead Crew vorbeigekommen und hat dort noch ihren Podcast noch schnell aufgenommen. Und dann währenddessen die anderen, die nicht am Podcast waren, sind schon am Zusammenraumen irgendwie, dass man dann einfach, dass man es irgendwie halbwegs aus dem Stau schaffen, weil das sind einfach die Leute mit den Traktoren gewesen, die Autos am rausziehen, weil du anders gar nicht mehr vom Gelände gekommen bist. Also du bist dann hast dich eingereiht und hast gewartet, bis du kommst mit dem Traktor. Die Straße ist mega schlecht weg, ich habe noch eine Dille gefahren, ein Mietauto. Yay. Nein, ist nachher ein bisschen weggeputzt und ein bisschen Grabbogen. Ja, dann haben wir hure viel Zeit verloren um Hamburg und dort war es hure Chaos. Oh, dort ist wirklich Chaos. Dort haben wir richtig gefickt worden. Und dann... Der Highway war richtig lang. Ja, was haben wir, 16, 17 Stunden? Hey, wir sind hure lang heimgefahren, weil wir einfach so viel Stau hatten auf dem Rückweg. Und wir haben einfach auch nachher grosszügige Pause gemacht. Ja. Oh, und das bist du dabei gewesen, wo wir den Burger King Unfall gesehen haben? Mit jemandem, der seinen Burger auf dem Parkplatz gefahren hat. Und es muss wahrscheinlich jemand genau einfach drüber gefahren. Und du hast einfach genau so gesehen, so, jemand hat da einfach ist da verzweifelt. Jemand hat da seinen Burger gefahren und der Burger ist überfahren worden. Scheiße. Was für Scheißleben. Bitter. Vor allem stell dir vor, der war am Wacken vor die ganze Woche im Schlamm am Ja. Der hat wahrscheinlich gefreut auf so die erste richtige Mahlzeit jetzt irgendwie. Aber die haben dort nicht so gut gekocht. Bei dem Burger King. Ich habe es nicht so gut gefunden. Wahrscheinlich hätte es am Raststätten Burger King so 15 Leute Schlange gegeben und jetzt so lange gewartet. Nö, die Raststätten sind eigentlich sehr unbelebt gewesen. Aber das hat was. Ich habe nämlich wirklich selten so
traurige Leute gesehen, wie wenn sie irgendwo sich auf Essen gefreut haben und dann geht das Essen am Boden. Ja. Alter, da Dann ist einfach so... cracks me up every time. Einmal habe ich fast brüllt. Ohne Scheiß. Ich habe glaube sogar brüllt. Ich habe sogar brüllt. Und zwar... Es ist... Genau. Ich bin mit der Nati irgendwie mit dem Auto sind wir heimgefahren und ich so, weißt du, das wäre jetzt noch richtig geil. Und ich gehe ein Glas holen. Nachher ist sie auf dem Parkplatz warten und ich bin nachher schnell in die Altstadt hineingelaufen, 2 Glas holen und so. Und sie so, ja, sie fährt nachher an und nachher müssen wir aber gerade weiterfahren. Und ich weiß nicht, Scheiße, ich weiß nicht, wer es geholt ist und wer gefahren ist. Ist egal. Ah, egal. Auf jeden Fall, irgendjemand ist das Glas geholt und irgendjemand ist gefahren und dann haben wir das genauso timen, weißt du, mit so, du läutest mir an, wenn du fertig bist mit dem Glas holen und dann fahre ich gerade so an, dass ich nicht muss in die Stadt fahren oder irgendetwas parkieren. Du steigst gerade ein und dann fahren wir heim. Und nachher ist es irgendwie Glas holen und dann so, ich muss helfen, die Türen aufmachen zum Einsteigen und habe nachher eine Tür so die Hand angeschlagen und einfach mein Glas einfach so pop am Boden geht und ich schwöre so. Ich habe mich jetzt gerade so lange auf das Glas gefreut und jetzt geht mir das Glas am Boden. Ich bin mit dem Glas so, ich habe so abgescoopt, bin nachher zurückgegangen zum Glasstall und ich dort so, mein Glas ist runtergefallen, ich kann nicht machen. Oder ich komme jetzt schon fast Tränen über, Mann. Das ist ein trauriges Erlebnis, ich schwöre. Ich so, Alter, mein Glas ist runtergefallen, ich kann es nicht können. Und dann sind wir ein gratis neues Basilikum-Glas gegeben. Ich so, Ja, aber es ist wirklich, ich habe wirklich schon effektiv einen Dude gesehen, dort stehen und dann einfach so, der Death Stare. Geil! Einfach so, wirklich so das Essen, das dann vom Tabla geht, ist jetzt nicht nur zur Nahrungsaufnahme, zur Nährmittelaufnahme gewesen. Das Essen ist mehr gewesen. Ich schwöre, als einfach nur... In meinem Kopf gehen nochmal 1000 Der Sachen hat jetzt vor. so lange auf das Essen... Irgendwie... Das Essen ist jetzt einfach... Und dann einfach so... Sachen vor, wenn es dann so... Einem geht irgendwie das Tabla ab oder keine Ahnung. Die Möwe kommt und rührt ihm... Nein, das finde ich immer lustig. Das finde ich immer lustig. Aber scheißegal was, Drecksviecher. Und... Das finde ich aber dann lustig. gehen in meinem Kopf sind das so... Ich schwöre, jetzt ist er wahrscheinlich da ziellos da oben angestrebt auf der Suche nach Essen. Hat sich mit seinem Geld, das er verdient hat, wahrscheinlich schafft er irgendwie noch in so einem Sweatshop und hat sich so das Geld verdient. Und jetzt kauft er sich die Pommes frites und jetzt sind sie zusammen einfach am Boden gefallen. Aber was für eine traurige vor allem Szene. in dem kapitalistischen Höllenstaat, wo wir drin wohnen, weil ich habe mich letztens darüber aufgeregt, dass Burger King so sauteuer wurde und habe mich gefragt, wie teuer das Burger King war, als ich noch jung war. Wann kommt der Bruder, Song what the raus? fuck. Was? Ja, er kommt. Auf jeden Fall, wir sind am Aufnehmen. Was habe ich gesagt? Slide Hiccups. Auf jeden Fall bin ich nachher dort googlen und habe gesehen, dass im 2013 ein Whopper-Menü 12,90 gekostet hat. Kostet es nicht mehr 12? 17,90 kostet es jetzt, Alter! Hält ihr eigentlich den Arsch offen? Fuck me, Mann! Das ist ja nicht reasonable! Als ich in der Lehre war, hast du einen Double Cheeseburger für 54 bekommen. Heute kostet der Wichser 6,90. The fuck is wrong? Okay, ist gut. Ja. Nein, das Thema beschäftigt dich auf emotionaler Ebene. Ich sehe das das. beschäftigt mich sehr, ja. Es sollte uns eigentlich alle beschäftigen. Ja. Weil die Preise gehen einfach auf und unsere Löhne steigen nicht. Das ist wirklich einfach, wir sind in einer Wirtschaft kurz vor dem Kollaps. Das ist Bekanntes Problem. Wir sollten eigentlich wirklich nicht... Wir Und sollten alle eigentlich sind wirklich alle nicht froh lethargisch. sein. Ja, wir sollten eigentlich gar nicht da sitzen und das eine Larifari machen. Wir sollten arbeiten. Nein, wir sollten den Staat stürzen. Aha. Wir sollten CEOs köpfen. Nein, nicht CEOs köpfen. Wir sollten einfach das Geld wegnehmen und denen verteilen, was sie brauchen. Zum Beispiel mir. Wir sollten einfach mal Leute dazu zwingen, ihre verfickten Steuern zu zahlen und nicht einfach ihre Steuern immer hinterziehen. Hey, vorsichtig. Beim letzten Jahr ein bisschen, Vorsichtig. ich habe mich im letzten Jahr ein bisschen auf habe Instagram verschoben. radikalisiert. Vorsicht, ich habe verschoben bis Ende November und ich bin absolut gewillt, um das auch erst Ende November zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht das Problem bist. Aha. Ich finde das so geil, wie viele Leute das FDP wählen, weil sie das Gefühl haben, irgendwie, wow, mich betrifft das, die Millionen, die Steuern auf die... Ganz Leute sind so, nein, ganz Also. sicher keine Erbschaftssteuer. Was ist, wenn ich 20 Millionen erbe? Dann gebe ich sicher nicht 10 ab. Das ist der Hope Hey, hallo, Class, weißt die du? Reichen, die haben sich das hart erwirtschaftet, geboren zu werden in eine reiche Familie. Ja. Anyway. Hey, auf jeden Fall, das ist mir, deine Geschichte gerade, haben wir erinnert an eine Memory, wo ich glaube, es war vor nicht langer Zeit, wo ich mal eine Klasse hatte, so einen Cone mit einem Ball. Und ich so, no. Also mit dem Comedic Timing, wirklich Das so... ist, das ist traurig, absolut. Alter. Aber es hat mir so in dem Moment gefickt, dass ich einfach keine neue Klasse geholt habe. Also, faktisch. Nein, dann ist das Leben einfach fertig. Ja, dann ist wirklich, wenn jetzt die Welt endet, ist es Ja, eigentlich wirklich genau das aber- Richtige. Eigentlich wäre 5-Sekunden-Regel.
du bist in dem Fall länger als 5 Sekunden am Boden gelegen? Ja, weil ich das andere Glas in der Hand hatte, das habe ich nicht auch noch irgendwie droppen. Okay, Ich bin am Durchzählen gewesen. Du bist also so ein selbstloser Mensch. 6,5. Du bist so ein selbstloser Mensch, der sein eigenes Glas dann opfert, dass das Glas Ja, sicher. von der Partnerin Ja, sicher. nicht kaputt geht. Ja, auf jeden Fall. Du bist ein guter. Ja. Ich hätte dir gesagt... Ich hätte das glaube nicht. Ich hätte Du glaube... wirst einfach finden, so. Ja. Also weißt du, das ist... Damn, Also, sucks to be you. Weißt du, du wärst... Nein, wenn das Du bist so, mein Glas ist runtergefallen. Yeah, sucks to be you. Das war dein Glas. Nein, bei mir wäre es dann mehr so, ich würde so lange ein schlechtes Gewissen reden, bis ich auch einen Teil vom Glas bekomme. Ich will einfach herzig schauen, so. Das habe ich eben outsourced. Du hast Guilt-Trippen. Ja. Ich habe eben herzig geschaut beim Glassestand nachher wieder. Oder du stöten oder quellen. Ich bin nachher Du bist direkt- wesentlich smarter wie ich. Ich bin direkt dort hin und habe dort natürlich mein Lied geklagt und da müssen sagen. Also zuerst war natürlich gewesen, zuerst bin ich hingegangen und habe gesagt, du weißt du, 3 Tränendrüsen und dann so, mein Glas ist runtergefallen und ich habe es so. Und dann habe ich natürlich schon darauf gehofft, dass sie natürlich Mitleid haben und sagen, ja natürlich Bub, da hast du ein neues Glas. Wie alt bist du gewesen? 31. Du hast praktisch... Einfach fürs Protokoll. Du hast Oder irgendwie sowas. Can't confirm, mit Du hast 31 ist mir ein praktisch- Kind. Du hast praktisch einen Garantiefall eröffnet. Nicht anders. Ja, basically. Aber ich habe, wie schon im Kopf ist schon wieder gesehen, ja, ich gehe einfach mal auf Mitleid und das sollte schon funktionieren. Und wenn es nicht auf Mitleid geht, dann gehe ich einfach hin und sage, was ist das überhaupt? Das ist einfach nur gefrorenes Wasser mit Geschmack. Also so teuer kann es auch nicht sein. Schenke einfach. Aber weißt Weil Mitleid einfach zu ihm ist So, einfach Ja, aber du hast so- von Basilikumglosse geredet. Ich nehme Ja. an, es wird wahrscheinlich nur teuer verkauft. Das ist nicht so. Nein, überhaupt nicht. Ist nicht so eine Hipster-Glosse-Manufaktur? Nein, ja, es ist schon eine Mit Streusel? Glosse-Manufaktur. Nein, nichts, es ist überhaupt nicht teuer dort. Nein, es kostet auch gar nicht so viel. Und ich Sie haben nicht mal Streusel. was für ein Streusel auf einem Sorbet? Ich mit meinte, dir? ich meinte, die haben noch anders. Was ist das nachher noch irgendwie, keine Ahnung, Olivenfeis-Glasse oder... Gib mir keine Idee. Hipster machen das noch. Das Ja. gibt's 100 Pro. Sicher. Ja. Safe. Das So. gibt's 100 Pro schon. Kann ich noch bitte einen Essiggurkenwasser Cappuccino Okay, zum frozen? Fernsehen, Essiggurkenwasser haben wir letztens in mein Leben gerettet. Ich bin an meinem ersten Schultag bin ich wirklich aufgestanden. Ich hatte Mordskater gehabt. Ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken am Abend voran. Das war nach dem Killswitch Engage Konzert. Hä? Können wir irgendeine Chronologie über Themen führen, die wir da drin besprechen? Das ist fucking Parkour. Nein. im Ja, du Fall. kannst einfach den Podcast hören. Auf jeden Fall bin ich nachher den ganzen Tag am Arsch gewesen, bin im Lidl gestanden und habe so einfach so das Glas Essiggurke gesehen und dann so, ich brauche das jetzt. Aber wieso hast Dann du... habe ich das Glas Essiggurke gesoffen, also ich habe Essiggurke gegessen und Essiggurkenwasser getrunken und eine halbe Stunde später bin ich wieder zu weg. Ja, aber warum hast du einen Kater gehabt, wenn du nicht gesoffen hast? Du bist also so quasi so Das ist mir schon öfters passiert. Kaffee-Kater, Velo. ja. What the fuck? Dehydriert. Ich habe zu wenig getrunken den ganzen Tag. Du bist in dem Fall sowas von Mathe-Kater ist real im Essiggurke Fall. quasi. Weil ich denke Sowas auch von nicht. Essiggurke Und ich bekomme den essen. Kabinenkater an. Aber ja, wenn du am Konzert so 6 Mates trinkst oder so, der Der holy Ricky und fuck. ich haben beide schmerzhaft herausgefunden, dass wir an einer Taoist schon, wenn wir beide nicht saufen, nicht sollten das Bier mit dem Mate substituieren, weil wir am nächsten Tag beide einen Kater haben und nicht können schlafen. Ich komme Kabinenkater ist Durchfall viel. über vom. Aber keine Ahnung, also... What the fuck? Ja, ist insane. Kater? Ja, das Ding ist eben, weißt du, Ei. bei normalen Leuten entzieht das Flüssigkeit im Körper. Und wenn du dann auch noch nicht schlafst, weil das Koffein dich wach behalten, hast du so ein bisschen wie ein Problem am nächsten Tag. Ja, I don't know. Keine Koffein macht mich müde. Du bist Ich weiss nicht, das ist normal irgendwie- people in dem Fall. Ja, okay. ja. Gut, die Frage ist, wer ist normal Das haben sie people? immer lustig gemacht über mich auf dem Segeltörn, wo sie gesagt haben, so, der Niki holt sich ein Gucki, das heisst, er schlaft in den nächsten 2 Minuten. Und es ist jedes Mal so, ich so, ja, ich mag eben nicht mehr so Bier saufen. Dude, ich Ich wünschte, muss schlafen. es gäbe etwas, das mich zuverlässig müde macht, das nicht Bier ist. Existenzängste. Nein. Nein, Nein, das die ist helfen genau gar das, nicht. was mich wach behalten in der die Nacht. helfen gar nicht. Also mir ist wirklich auch Alkohol trinken und es ist so... Also es war nur noch so, gewesen, ich trinke 2-3 Bier und bevor ich überhaupt auch nur ansatzweise besoffen werde, wollte ich einfach schlafen, weil ich müde werde. Dann wirkt ja das. Ich bin, weißt du, wie viel Oder Mal auch wieder zum... im Sitzen einfach eingeschlafen. Eine Party. Ja. Oder wie zu Amerika, die Fentanyl. Du kommst ja wieder mit einer ganz guten Idee. Ja. Dann schlafst du Nein, einfach was? da. Dann Ja, schlafst du einfach da? Ja. Schlafst du Mick, da? ich habe Spotify macht mittlerweile Themen
Captions, automatisch tut es in Themen und Bereiche unterteilen, der Podcast. Das heisst, wenn man Glück hat und Spotify unser Schweizerdeutsch kann entziffern, inzwischen schon. Es macht es im Fall. Ich habe nämlich letztens letztens Ricky gefragt, hast du dort die Kapitel gesetzt? Das machen nicht ja. Ja, du bist doch eine Kapitelliste gesehen von dem im Fall. Ja. Nein, Das heisst, es gibt... Wunderbar, wir sind schon flagged. Wir können nicht mehr nach Amerika reisen. Es ist fertig. So oft 9/11 gesagt. Wir sind schon auf der Watchlist. Wir zwei sind schon lange auf der Watchlist. Nein, Also vor allem, was haben wir gehabt? 9/11 und du, wo dazu aufrufst, CEOs zu köpfen. Und er hat noch irgendetwas gesagt über, er will es dem Kind voll geben und so. Nein, das habe ich nie gesagt. Keine Ahnung, Das hast du gehört. Oh, ja. Und Essiggurken. Aber anyways, nach dem Wacken Metal hat sich etwas geändert bei euch? Habt ihr etwas gemerkt, wo jetzt anders ist? Aber darf ich noch schnell kurz einen Ich muss auch noch schauen, etwas so wie brennt. Nein, was jetzt Da wirklich... fällt es dir einfach im Was jetzt wirklich eigentlich für euch spricht, ist, wir sind ja am Grenchen gewesen Er an dem Tag. behauptet, er hat Kantism. Habe ich ja nicht, aber ist okay. Auf jeden Fall sind wir nachher dort gewesen, am Grenchen und irgendwann hast du einfach wirklich auf dem ganzen Grenchen-Gelände kollektiv plötzlich aus allen Ecken irgendwie so, hey, hast du gehört, Expello hat den Band-Contest gewonnen, hast du gehört, Expello hat das Metal-Battle gewonnen. So, und dann irgendwie ist das wirklich wie so eine Welle über das ganze Grenchen drüber und dann haben alle einfach so mal kurz so Wäh! Gemacht. Also von dem her, es ist, glaube ich, schon nicht so viel Glück gewesen, wie ihr da die ganze Zeit behauptet. Dann wäre ich lieber dort gewesen. Das ist, ich habe noch mit dem Umi geredet und er hat genau das Gleiche erzählt, dass plötzlich so wie ein Raunen durch die ganze Besucherschaft irgendwie Geil. sagt, die Nachricht hat sich irgendwie verbreitet. Irgendwo in einem Hecken hat es angefangen und dann plötzlich, weil Freitagnachmittag ist das Ding ja auch schon gelaufen bei ihnen und ja, also es ist schon immer durch den Schau gewesen, weil wir sind ja eigentlich sonst immer am Grenchen, wenn wir nicht spielen, dann als Besucher und das ist... Ja gut, aber ihr habt eine gute Entschuldigung gehabt. Ja, das auf jeden Fall und wir werden dann nächstes Jahr mit der gleichen Entschuldigung nochmal abwesend sein. Unless. Nein. Was? Unless was? Ja, eben. Wieso sagst du dann nein? Ja, was ist... Unless wir fahren einfach nachher wieder heim und gehen das Grenchen. Ja. Wenn wir dann schon dort sind, ja. Wenn sich am Wochenende nicht mehr ergibt, showtechnisch, ja. 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 Allenfalls. Ausser es ergibt sich ja schon am Grenchen. Nein. Nee. Das Ja. Wahrscheinlich nicht nächstes Jahr. Nein, das nächstes ist Jahr ganz sicher nicht. noch ein bisschen näher. Ich kann nur schon sagen, wenn du etwas suchst, das dich consistently müde macht und auch zuverlässig, dann kannst du doch einfach wieder Drangverkündigung vom Wacken machen. Nein, dann bin ich voll eher hässig als dann bin ich... Gibt es die als Audio-Tape irgendwo? Ich würde das gerne wieder Ich weiss es Ja, ich eben glaube, es ist bei nicht. Spotify irgendwo unter gute Nachtgeschichten oder so. Ricky, Nein, ich was hast du glaub vorher nicht. fragen? Post-Wacken Metal Battle Triumph. Was hat sich so geändert? Expello plötzlich. Hey, Was ist neu? ich glaube grundsätzlich, wir haben sehr viel darüber gelernt. Also wir haben quasi gelernt, uns nochmal selber quasi ein bisschen kritisch zu betrachten und unsere Shows ein bisschen, ja, wo wir können verbessern, wo nicht. Wir haben auch im Nachgang von den Jurymitgliedern eigentlich noch versucht, Feedbacks reinzuholen. Und Verbesserungsvorschläge, weil das ist ja immer noch interessant, weil du hast so selten eigentlich die Möglichkeit, zum mal von wirklich so viel, ich sage jetzt eher mal qualifizierten Meinungen, einfach mal ein Feedback zu bekommen. Und das ist sicher sehr, sehr spannend. Das haben wir auch versucht auszunutzen. Wir haben nur von 3 haben wir effektives Feedback bekommen, aber ja, das... Brevi, ich arbeite an dem Zeug, weil ich glaube, hätte ich das Metal Battle gewonnen, hätte ich gesagt, fickt euch alle, ich weiss jetzt, wie es läuft. Ich Nein, hab's gut. Und ihr sind eben, ich glaube, darum sind ihr auch verdiente Gönner. Ich gebe jetzt euch Feedback. Ohne ungefragt. Klassischer Männer-Move. Ja. Ey, machst du Gützli auf, Alter? Nein, der Nick hat gesagt, ich darf Nein, nicht. mach gut. Wie hast du dem gesagt? Gützli? Gützli. Gützli? Er ist ein Berner. Das ist herzig. Wie ist das cute? Ja. Wie ist das? Gutzli. Gutzli. Also, wie sagst du nochmal den fucking Fondue-Topf? Wie heißt es? Gaclon. Gaclon. Ça c'est français. Ah. Das kannst du ja. Du Ja. redest wahrscheinlich besser Französisch wie... Ich habe es nie gehört. Gaclon. Das ist, weil er Spanisch kann. Voll. Ja, nein, was... Oye de Fondue. Was? Oye de Fondue. Das ist Fondue-Topf. Und die Topf. Auf Spanisch. Ah, Ja. Okay, Mick, ich glaube, du hast etwas Gescheites sagen. Wolltest du das Wenn Wort an dich 9/11 auch einen reissen? Fondue-Topf macht, dann können Nein, sie es doch- nein. weißt du, ich wollte noch schauen, bis Gutzli Ricky, offen gib mir das sind. vor ein Mikrofon. Ich warte, bis Gutzli offen sind, weil ich sehe,
Gilt das schon als Cybermobbing? Eigentlich nicht. Nur wenn er den Dave actually zwingt, zum ihn zu hören, weil er kann ja einfach immer sagen, ich glaube, den nächsten Podcast höre ich nicht. Aber der Dave weiss ja nicht, dass wir das machen. Ja, lust ihr euren Podcast überhaupt? Ja, er will immer wissen, ob ich negativ über ihn rede. so eine konstante Angst in seinem Leben. Ich tue jetzt immer extra vor mir vom Essen, nur für den Erik. Weil er geschrieben hat, mir eine Pizza vorgemacht und einfach Pizza am Fressen. So, Boys, fressen fucking Pizza. Alter, ist das eine nervige Folge, Mann. Alter, ich schwöre. Die habe ich auf dem Weg, wo ich auf Deutschland gefahren bin, habe ich die gelesen. Die sind mit der Sveti. Die ist nervig zum Aufnehmen. Ja, so haben wir auch Pizza gegessen. Ist das die mit der Sveti? Nein, die mit der Sveti haben wir einfach Pizza gegessen. Das war okay gewesen. Das, was der Ricky davor hat, ist die, wo der Ricky Pizza bestellt hat und ich gemeint habe, wir essen nach dem Podcast Pizza. Ah, ja, und wir dann eigentlich basically, ich musste eine halbe Stunde lang schnurren, weil der Ricky nichts anderes gemacht hat wie essen und meine Pizza kalt geworden ist. Das ist nicht nur zum Hören, sondern auch zum Aufnehmen. Ich habe die Folge gehört, aber das ist schon eine Weile her, nicht? Ja, es müsste etwa 2-3 Monate her sein. Ja. August, glaube ich. Ja. Möglich. Ja, nein, was haben wir noch? Genau, also einerseits Feedback und zum halt mal schauen, okay, was könnte man noch machen. Was sicher nicht der Fall ist, ist, dass die plötzlich alle Buckenhütten einrennen. Das, ich glaube, da muss man sich ein bisschen von den Illusionen lösen. Es ist nicht so, dass du plötzlich Zeug zufliegt. Das interessiert sich nachher immer noch niemand. Du hast als Band von unserer Größe, vor allem international und ohne Label im Rücken, hast du immer noch einen tendenziell schweren Stand. Aber natürlich können sagen, hey, wir haben das Metal Battle gewonnen, gibt dir ein bisschen eine bessere Verhandlungsbasis. Das hilft ein bisschen, ja. Und grundsätzlich, du musst aber trotzdem dich immer noch reinhängen. Du musst wirklich, also da könnte man sonst auch den Marco nachher fragen, wie das für ihn war. Er wäre nämlich gerade da. Also das ist sicher ein Punkt, wo er noch ein, zwei Inputs geben könnte. Plus, ja, also was man sicher, also was es für uns als Band so ein bisschen gegeben hat, was ich das Gefühl habe, oder für mich persönlich, wir sind immer so ein bisschen relativ selbstkritisch. Wir nehmen uns selber nicht zu ernst, das sowieso nicht. Aber wir gehen auch nie irgendwie an mit, ja, wir sind hier die Geilsten und so, und wir haben es voll drauf und alles. Ich bin der. Genau, und das ist, aber es gibt einem schon auch so ein bisschen eine Bestätigung und auch so ein bisschen einen Push an einem eigenen Selbstwertgefühl, dass man denkt so, hey, was auch immer wir da machen, weil wir haben mega lang sind wir so ein bisschen in einer Sparte gewesen, wo du schlecht hast können zuordnen. Wir haben nie so tönt, so wirklich wie jetzt vergleichbare Bands aus dem Genre. Und bei uns war immer so ein bisschen die Frage gewesen, macht uns das jetzt schlechter oder besser oder einfach anders? Und wenn ja, ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil letzten Endes? Und darum, zum einfach sehen, dass man so viel eigentlich gute Feedbacks und auch die Bestätigung bekommt, dass man, ich meine ja nicht nur das nationale Semifinal, das Final und dann noch das internationale Final gehen. Das gibt einem schon so ein bisschen Bestätigung, hey, es ist wohl nicht so falsch. Es ist schon vieles, es stimmt schon so, wie es ist und so als Gesamtpaket hat das Potenzial und das gibt schon sehr viel Motivation, die eigene innere kritische Stimme vielleicht ein bisschen hin und wieder so ein bisschen, ja, dass die dann gar nicht mehr so laut werden kann in solchen Situationen. Ist doch nicht nur Glück gewesen. Hey, wahrscheinlich nicht. Also ich denke, wir haben das ja aber auch vorbereitet. Wir haben das Ding durchgetaktet und gescriptet und wir sind angeguckt und wir haben auch wirklich gesagt, wir haben es selber alle ein bisschen weird gefunden, die ganze Zeit mit der Schweizer Flagge rumlaufen. Wir sind jetzt alles andere als irgendwie national orientiert oder so. Gut, aber das ist ja wie ein Fußball. Ja, das ist ja wirklich, aber es ist einerseits ist es so ein bisschen halt wie das fucking WM und auf der anderen Seite ist es für uns so ein bisschen, hey, wir repräsentieren jetzt ja vielleicht nicht zwingend die Schweiz als Land mit Kühen und allem, aber wir repräsentieren halt auch einfach, ich meine, es haben sich keine Ahnung, irgendwie 140, 200, was weiß ich, Bands für das Metal Battle in der Schweiz alleine beworben. Ja. Und all die 140 Bands, die sich beworben haben, wären jetzt gerne an unserer Stelle, würden jetzt gerne auf dieser Bühne stehen. Und wenn wir das half essen, ist das einfach fucking disrespectful. Wenn wir jetzt einfach finden, ja, wir machen es jetzt, wir gönnen nicht, also machen es halbarschig. Wir repräsentieren all die Leute, die nicht an unserer Stelle können auf der Bühne stehen. Wir repräsentieren alle unsere Freunde, die daheim sind und vielleicht mitfiebern oder auch nicht. Who cares? Und ja, einfach die ganze Szene, wo wir die letzten 18, 19, 20 Jahre uns drin bewegt haben und all die Erlebnisse und Erfahrungen haben können sammeln. Und ja, darum, dann trägst du halt die Flaggen, aber denkst dabei also so ein bisschen
an deine Kollegen die heimen und Also ihr repräsentiert in dem Fall den Werk 21 Backstage auf der internationalen Bühne. Ja. basically. Und vergleichen mit den Moderatoren vom Wacken sind ihr vorbereitet gewesen. Ja. Ja, ich glaube, da können wir guten Gewissens so im Raum stellen. Ja, Also ich glaube, man muss schon eben all die Punkte, die du gesagt hast, die muss man sich schon selber sagen. Eben. Ja. Ich habe auch lange das Gefühl gehabt, so, wir haben eigentlich all die Leute so derartig übers Ohr gehauen, dass sie das Gefühl haben, dass wir jetzt das gewinnen müssen. Ich meine, keine Ahnung, ich bin nachher gerade und ich so, ich spiele eigentlich gar nicht so wahnsinnig gut. Hat niemand gehört, dass ich eigentlich einen Scheiß gespielt habe. Ich muss irgendwie schauen. Und dann ist mir also die ganze Zeit so, ja, okay, dann haben wir jetzt halt das. Gut, aber nächstes Jahr spielen wir ja nochmal dort und dann spielen wir eine Stunde. Boah, ja. Eine Stunde? Ja, und dann kann ich mir... Ja, das sind 50 Minuten. Weißt du, dann kann man ja gar nichts erlauben. Ich meine, wenn dann irgendwie... Aber dann gerne, ja. Du kannst noch viel mehr erleben, weil du wirst nicht mehr bewertet. Voll. Das Voll. stimmt. Dann können wir endlich Wall of Death machen dort. Nein, dann brechen sie immer noch ab. Was? Nein, das darfst du am Wacken nicht. Darfst wirklich nicht. Außer du bist Heaven Shall Burn. Auch die anderen Artists haben eigentlich die Anweisung, aber es gibt Ah. aber eine gewisse Größe, greift das Wacken halt einfach nicht ein. Also es gibt, Ja, ich glaube, es wenn gibt- Heaven Shall Burn eine Wall of Death anzettelt und das Wacken sagt nein, dann wird wahrscheinlich der Randale grösser sein wie die Wall, der Schaden von der Randale grösser sein wie die Wall Also of Death. es gibt, Aber sie es haben eigentlich gibt, die Anweisungen. Es Ja. gibt in dem Fall eine Mosh Police. Das gibt es bei jedem größeren Festival, dass Ja. wir das nicht Ja, ja. der Fall sagen als Artist. Habe ich gewusst. Darfst du am Du Büro musst- am Ring nicht. Du darfst es vielleicht im Minimum so implyen. Weißt, Du darfst so, am Greenfield ja nicht crowdsurfen. Das wird auch verboten und du wirst das Bändeli weggenommen, wenn du es einmal machst. Musst du aber sagen, like Abraham with the Red Was? Sea. Sie bestrafen dann nachher den Gast? Noch nie habe ich... Wenn du Gast. gehst crowdsurfen, wer soll das sonst bestrafen? Die Band? Nein, arme Leute am Bahnhof. Ich weiß nicht. Ja gut, nein, man kann im Fall nicht Man alles könnte so ja machen wie Nothilfe unser... streichen, gell? Ja. Sie Man kann nicht alles so sie machen so, wie unser politisches du- System. Du hast da crowdsurft, jetzt gibt es keine Sozialzahlungen mehr für... Du hast da crowdsurft, jetzt gibt es kein Bier mehr da drin. ja, du so, schön. Gut, das sind nachher alles nicht besoffene Arschlöcher. Ja. Aber auf was ich mich sehr freue, ist, dass wir... Also ich spiele nächstes Jahr am Wacken, hä? wir spielen nächstes Jahr am Wacken. Geil. Das wird sehr nice. Wir spielen vor allem ein bisschen längeres Lot. Da kann ich es auch wirklich mal ein bisschen mehr geniessen. Ich glaube, auf das freue ich mich am meisten, dass ich wirklich mal einfach auch die Zeit habe, so wirklich mal anstehen und das vielleicht auch mal so ein bisschen auf mich wirken lassen können. Und Wir haben extra so ein 5-Minuten-Sample, das wir laufen lassen, damit wir einfach anstehen können. Also, Ist das die Schweizer Nationalhymne? ich hoffe, die geht nicht 5 Minuten. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie geht. Ich weiß auch nicht, wie lange sie geht, aber ich... Ja. Ja, nein, es ist... Also auf das freue ich mich. Ich freue mich darauf, mehr Shows zu spielen. Ich freue mich darauf, auch allenfalls Connections, die wir gemacht haben an diesen Shows und am Wacken selber. Weil wir haben doch mit einigen Bands geredet und mit einigen Promoters geredet. Und da sind doch ein paar Connections entstanden. Das ist jetzt natürlich nicht etwas, wo schon der oder nächsten Sommer schon komplett über die Bühne geht. Aber das ist etwas, wo nach uns noch eigentlich wir zuversichtlich sind, dass wir vielleicht einmal auch international die ein oder andere sehr coole Show oder vielleicht kleine Tournee sogar können machen. Das wäre sicher auch das nächste Ziel. Und Wir spielen in jedem Land im Ebrietas. Ja. Boah, das wäre aber actually Ja. geil irgendwie. So eine Worldwide Ebri-Tour. ja, einfach Werk 21. Ist endlich jetzt grosses für Sebri. Werk 21 schaffen wir schon. ja, vielleicht. No, ich Je glaube, nachdem, wer noch spielt. was sicher jetzt so ist, jetzt haben sie so die Aufmerksamkeit und jetzt schauen alle sehr genau zu, was ihr jetzt macht. Hey, ja, aber wir haben auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, ich meine, das ist eine Frage, die uns jetzt oft gestellt wurde, ist, was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem Geld? Vor allem, wir haben Geld. Also weißt, wir haben uns das nicht überlegt, hey, die 5000 Stutz, die wir da bekommen haben, die Eigentlich- werden sofort... Die beste Antwort war, ja, das ist ganz klar, das tun wir auf unser Schweizer Bankkonto. Nein. Nein, also weißt, Und dann wird das auf magische Art und Weise einfach mehr. der Punkt ist, das Gewinnen ist so unrealistisch, dass du nicht einen Masterplan hast für das, wenn das passiert, oder? Und auf der anderen Seite, wir haben auch, ich meine, ich bin noch im Studium, wir sind alle eingespannt im Job, der Moritz mit den 2 Kids und so. Das ist, wir können jetzt nicht einfach alles anschmeißen und finden, ja, let's go. Und wir haben auch immer gesagt, hey, die Band ist seit 20 Jahren sind wir in dieser Konstellation, oder fast seit 20 Jahren in dieser Konstellation unterwegs, und auch du bist schon seit 10 Jahren dabei. Also ich meine, wir haben seit 10 Das ist Jahren keinen wahr. Besetzungswechsel mehr gehabt. Und sonst der Rest von der Band ist irgendwie seit
fucking 2008, 2007 so unterwegs. Und das geht nur, indem du immer wieder Kompromisse gehst, indem du immer wieder angehst, dass es und nachhaltig wachst, um jetzt einen fucking Corporate-Begriff zu verwenden. Aber dass du einfach immer wieder schaust, dass es für alle noch stemmbar bleibt. Weil ja, dann kannst du wie auch zusammenbleiben und die Erlebnisse auch miteinander machen und kannst auch wieder reinwachsen. Und darum ist es für uns nicht in Frage gekommen, jetzt irgendwie in the wake of it alles über den Haufen zu rühren und finden, jetzt setzen wir voll auf das, weil selbst wenn wir das gemacht hätten... für den Scheiß. Ich würde das nicht mal so sagen. Ich würde einfach sagen, hey, für den Moment ist es cool, wenn wir anhocken und sagen, hey, und uns gut überlegen, was sind die nächsten Schritte jetzt, dass wir nicht irgendwie einen Vertrag unterzeichnet, den wir bereuen, dass wir nicht zu etwas committed, wo wir nachher dann bereuen, einfach so in the heat of the moment. Und dass wir einfach wirklich jetzt gute Entscheidungen treffen, gerade jetzt, wo so viel Aufmerksamkeit da ist und jetzt, wo das Ganze noch frisch ist. Und ich glaube, ja, das ist das, was wir jetzt in den Vordergrund stellen, aber schon klar, ich glaube, ganz oben auf der Liste ist natürlich Shows und vor allem auch internationale Shows. Aber auch das, eben, das müssen wir wir spielen einfach gerne Shows. Ja, Schauspiel ist einfach geil. Wenn einfach Shows spielen, scheißegal. Wir müssen da kein CD-Label, wo wir nachher irgendwie dort müssen etwas da. Am liebsten, keine Ahnung, das ist ja bei diesen Gesprächen immer, wenn es, weißt du, so die ganzen die Networking Day geben, wo du nachher können mit so Industry Professionals können über so Sachen reden. So halt. Dann sind natürlich jenste so Marketing-Fritzen dort, die sind dann so, ja, mit der Social-Media-Kampagne und so, diesen sind nicht so. Am liebsten würde ich einfach Social Media abschaffen. Ja. Ich will das eigentlich nicht. Kann ich. Schaut in einem Katalog, was für Bands das es gibt und dann. Weißt das wäre so geil. Ich hätte so gerne kein Social Media. Einfach ein Katalog, wo jeder Booker hat und dann kann ich sehen. Ja, dann kann er einfach Schweizer so Metal-Band-Katalog 2025. Ja. Ich finde das halt, weißt du, ich finde vor allem mit Social Media. Oder? Ich meine, wenn du ein gutes Social Media Game hast, heisst das deswegen trotzdem nicht, dass du viele Leute an deine Shows ziehst. Ich meine, es gibt, das ist einfach. Ich meine, ja, es gibt viele Booker, die darauf schauen, ja, wie viel Follower haben die oder so. Und das mag schon im ersten Moment das beeindrucken, aber wenn du dann zum Beispiel gehst schauen und zum Beispiel eine Band hat mega keine Ahnung, 20, 30, 40'000 Follower, aber dann irgendwie immer so das Engagement ist extrem tief und so. Also das bringt sie auch nicht. Nur schon so Sachen, wenn ich so Sachen höre, Engagement, ich will nicht engagen mit Social Media. Es ist so klar, ich will ab und zu mal ein paar Memes schauen, aber dann so... Egal, aber auf der anderen Seite, ich informiere mich auch über Social Media, was läuft für Konzerte. Und wenn jemand etwas rausbringt oder einen neuen Release oder irgend sowas, dann, oder wenn irgendeine Band wenn es irgendwo wieder Drama oder Beef gegeben hat und irgendwo auf schwarzem Hintergrund ein weißes Statement steht oder so, das ist das Beste. Das ist einfach so, dann bin ich schon so ein bisschen so, wenn wieder don't mind if I do. Wenn wieder in all seinen Gruppenchats, wo irgendetwas mit der Schweizer Underground-Szene so an der gleichen Screenshot geshared wird und du einfach aus jedem Gruppenchat 5 verschiedene Meinungen zum Thema hörst. Aber das ist, also weißt du, da bin ich dann schon ein bisschen, ein bisschen Entertainment muss. Es ist auch fair, ein bisschen Entertainment muss. Auf der anderen, aber weißt, und einfach so, du kriegst dann halt wirklich so ein bisschen schon in Echtzeit halt mit, was gerade läuft, was auch einfach wirklich, und es ist auch cool, ganz ehrlich, es ist auch cool, wenn Leute, die deine Musik hören oder Fans oder einfach Leute, die das cool finden, was du machst, eigentlich so ein bisschen einen Draht zu dir haben. Für das finde ich Social Media cool, um einfach irgendwie, dass Leute irgendwie können schreiben und sagen so, hey, wann spielen die dann? Und du schreibst, und du kannst nicht zurückschreiben, oder? Und die freuen sich dann auch. Also... Ich habe eine Steckdose im Backstage. Kann ich meine Jacke dir geben? Kann ich meine Jacke mit dir? Nein. Hey, haben wir GL? Das war so geil gewesen. Das ist, wo man das erste Mal bei Eskimo Callboy da sind plötzlich Leute auf Facebook, habe ich plötzlich Nachrichten bekommen. Irgendwie so, ja, Leute, die ich 20 Jahre nicht mehr gesehen habe, so, hey, weißt du, wie geht's? Weißt du, willst du mir eine Versicherung verkaufen? Weißt du, das hat genau den Vibe. Das ist so, irgendjemand Randoms schreibt dich an und du so, warum würde mir jetzt der anrufen, der mich damals in der Sek ins WC gesperrt hat? Und warum hat er jetzt einen Anzug? Gell, warum würde er mir auf einmal schreiben und du schaust so, hey, wie geht's so? Und du bist so, einerseits bist du mega curious, weil es ist so,
was will der von mir? Das ist ja der Grund, wieso ich immer so bei unbekannten Nummern das Telefon Oh ja! Ich bin immer so. Swiss Police, okay. hast du auch schon bekommen? This call is from the Swiss Police Department. Aber nachher denkst du auch, deine erste Reaktion ist so, oh, intriguing. In meinem Kopf geht aber vor so, da kommt so, hey, wie geht's? Und ich so, ja, Das Schneeballsystem kommt. what the fuck, was ist mit dir? Frag mich nicht so einen Scheißdreck. What do you care? Und nachher entweder ist es eben genau Multilevel-Marketing, Krypto, Ja. Versicherung, dritte Säule, das ist auch Ja, so das ist auch Zeugs. geil. Oder dann eben so, auf einmal so, ja, hast du noch Gästeliste? Ja. Da hat mir der Dings mal angeleitet aus dem Salzhaus. Ja, ist egal. Also weißt, ich bin ja im Salzhaus Security eine Zeit lang. Und da hat mir dort einer, der dort auch im Team war, hat mir plötzlich angeleitet. Ich so, was will er? Dann so, ja, du, noch schnell fragen, welche Krankenkasse bist du? Und ich so, Bro. Und er so, nein, ich brauche im Fall wirklich. Hast du einen Quereinstieg können machen? Ist es das? Und er so, ja, einfach, wir sind die Besten in der Region. Und ich so, weißt du überhaupt, wo ich wohne? Er so, wo wohnst du nochmal? Er so, ja, dort und dort. So, ja, anyway, also, ja, auf jeden Fall sind wir die Besten in der Region. Ich so, okay, schau jetzt. Also, es ist, Viel Krankenkasse Erfolg, Anruf Bruder. kann ich so einen Lifehack droppen. Schon auch sagen, hättest du Diabetes. Aber niemand etwas mit dir zu tun haben. Ja, aber Grundversicherung, wenn sie so oder so nehmen, ist scheißegal. Ja, aber nicht, wenn sie dir anrufen. Also weißt du, der ganz andere Scheissdreck. Ja, aber ich finde es eben geil, sie Leute immer an und du musst erst nichts sagen und dann sind sie so, Aha, nein, ich wer sage ist einfach da? Und ich so, kann ich, du hast mir angerufen, ich hoffe, du weißt, wenn du angerufen hast. Mir hat effektiv mal die Kantonspolizei Aargau angerufen und ich habe das Telefon abgenommen mit Ja. Und dann war mal Ruhe gewesen. Man hat gewartet. Ist da der Herr so und so? Ich so, ja. Nein, wieder gewartet. Wieso hast du jetzt so gesagt, ist da der Herr so und so? Hast du deinen Namen vergessen? Ja. Ah, Dann habe ich wieder gewartet. Und dann irgendwann habe ich dann einfach so gefragt, so, was gibt's? Das war effektiv Kantonspolizei. Meine Eltern haben gesnitcht, Mann. Was haben sie gesnitcht? Ja, es war fucking funny. Irgendjemand hat in dem Haus, wo ich wohne, ist das Internet, also die Internetleitung in diesem Quartier ist das Internet. Weil er einfach jemand swattet hat. Nein. Es ist wirklich fucking funny, weil die Internet, also die IP-Adressen haben dort, weil irgendwie die Verdrahtung so alt war, hat die noch getrackt werden bis Anfangsquartier. Dann haben die einfach mal geschaut, wer in diesem Quartier wohnt und all denen angerufen. Und weil ich kein Festnetz habe, haben sie meine Telefonnummer nicht gehabt. Dann haben sie einfach meine Eltern angerufen, weil sie die Telefonnummer hatten. Und meine Mutter so, ah ja, der hat sicher nichts ausgefressen. Da ist seine Telefonnummer. Hast du das Gefühl, die haben mir gesagt, dass sie das gemacht haben? Nein, haben sie nicht. Und dann ist einfach mir Kantonspolizei mal gegeben. Ich habe nachher meiner Mutter angerufen, hey, was fällt euch eigentlich ein, der Kantonspolizei meine Telefonnummer geben? Was haben sie so gesagt? So, ja, der Silvan hat gern Kind. Nein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass irgendeiner in meiner Siedlung auf Facebook geklaute Handys verkauft hat. Und dann fragt er mich so Polizistenfragen. Und nachdem ich ihm halt einfach so immer mit Ja geantwortet habe, so, kennen Sie den Facebook Marketplace? Ich so, ja. Aha. Facebook Marketplace. Haben Sie dort schon mal etwas verkauft? Ich so, ja. Und dann ist es wirklich so wieder nichts gekommen. Und ich so, ich rede nicht mit dir, wenn du mich nicht fragst. Und dann hat er mir so gesagt, ja, was denn? Ich so, ein Gitarrenverstärker, wieso gibt es ein Problem mit dem? Und dann er so, ah nein. Ich so, sorry, darf ich Sie fragen, wieso dass Sie mir anrufen? Wie zum Teufel kommen Sie auf die Idee, mir anzurufen? Er hat eine Frage zum Gitarrenverstärker. Die Frage zum Gitarrenverstärker ist geil. Und ich so, nein, der Mann verkauft. Ist Leinsigs gut? Aber ohne Scheiß. Nein, und dann hat er mir wirklich erzählt, dass irgendeiner, jetzt musst du dir vorstellen, irgendeiner in dieser Siedlung, dort wohnen etwa 500 Leute, hat geklaute Handys auf Facebook verzickt. Und jetzt haben die armen Siechen von der Kantonspolizei Aargau müssen telefonieren. Die machen fucking Door-Duty am Telefon. Die rufen einfach Leute an, random, und fragen sie, ob sie Facebook Marketplace kennen. Aber ich meine, Warum haben sie nicht eins gekauft? Genau.
Sie hätten einfach eins kaufen und sagen, hey Bro, wo wohnst du? Komm bei dir holen. Aber ganz im Ernst, also ich meine, wie hoch ist dort die Erfolgsquote? Ich meine, mal angenommen, du bist der Mensch, der die geklauten Handys auf Facebook Marketplace verkauft. Wenn die Kantonspolizei anruft und dich fragt, kennen Sie Facebook Marketplace? Dann sagst du, ja, ich verkaufe dort immer meine Hunderose. Weißt du, zum Fernsehen, es gibt auch Leute, die McDonalds-Mitarbeiter anstrengen, weil Glassemaschinen nicht funktionieren. Also ich habe das Gefühl, die Erfolgsquote ist relativ hoch bei dem Ganzen. Aber man muss schon sagen, Facebook Marketplace ist ein wild thing. Ja. Ein wild place. Ich habe das noch nie genutzt, weil ich bin viel zu Dort paranoid. findest du alles. Ich Also einfach nein, nicht mit den Leuten Nein, ich zu kann tun nicht mal haben. auf Facebook verkaufen. Nicht Ich mal kann zu- über Ricardo vertickt dann. Ja, aber nicht mal... Du hast die Polizei geschaut? Ja. Ja. Und wir haben es im Kasten. Also das ist, Ja. Ob es Kiffi. strafbar, ja. Ich weiss nicht, ob wir Das gefragt ist sicher haben, ob schon ich verkauft verjährt. habe oder ob sie mich gefragt haben, ob ich etwas Du dort hast draufgestellt Du hast habe. ihn verklaut. Der weiss nicht, dass ich den Ich habe mal geklaut den habe. Keller ausgemistet und dann wirklich haben wir alles auf Facebook Marketplace da und irgendwie... Das ist der mit dem Körb. Was ist mit der Körb? Ja, irgendein Dude, der mag den Körb. Das ist irgend so ein Körb. So Flaschenkörb oder so hast du doch gehabt. Und da hast du mir irgendeine Story erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach... Oh shit, was ist das gewesen mit der Korbflasche? Und da ist irgendein Korbflasche. Das war schon ein Ghetto gewesen, wegen dieser Korbflasche Ich hab für 2 Stutz oder irgend sowas. Ich habe mit jedem Ghetto gehabt. Ich habe so mit jedem... Du hast einfach generell immer Ghetto, wenn du auf Facebook Das sind die Memes. Das sind die Memes. Das Kann ist günstiger sein? Nein, Ja. es ist gratis. Es hat wirklich, ich habe so einen Hut verkauft, so einen was ist es gewesen? Ich habe das aus irgendeinem Grund, habe ich das mal gehabt, weil ich das mir irgendwie gekauft habe, so einen... Fedora. Hä? Nein. Es ist so ein Sowjet-Armee-Hut ist das irgendwie gewesen. Wenn wir früher irgendwie hatten, das ist doch so Das hat man so Das gemacht. ist doch so Mimi gewesen früher, so der ganze Zeit das Red Army und das ganze haha Sowjet in Sowjet Ich kann nur den Das ist einfach Sowjetwumbel. gar noch nicht so lange her, außer ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so lange her und es ist effektiv 10 Es Jahre. ist schon über 10 Einfach Jahre OG her. Brainrot. Das Ganze in Sowjet-Russia. Ja. Oh, in bla, bla, Sowjet. bla. Hast du dich auf 9gag so groß? Ja, das ist Ja. so ein Sowjet-Russia Nein-Gag. müsste drin ja, sein. ja, ja. Dann habe ich... Nein, Gag. Ja, 9gag. dann habe ich den Hut gehabt und ich habe den... Irgendwann brauchst du so Shit nicht mehr. Dann haben wir den dort vertickt für irgendwie 20 Stutz. Das war ein originaler Hut gewesen, aber es ist einfach viel zu klein. Weil der eine geschrieben hat, Comrade. Nein, der ist von Hast du so... noch einen Ex-Bassist von Save Last Breath vertickt? Nein. Way better. Der hat einer geschrieben und hat gesagt, ja, er interessiert sich für den Hut. Er sei bei einer Theaterschauspielgruppe und er bräuchte das für sein Kostüm. Und dann ich so, ja, ist gut, kannst du ihn haben. 20 Stutz, kannst du den Hut haben. Und er so, ja, er würde ihn gerne kommen anprobieren. Und dann so, ja, keine Ahnung, ja. Kannst du ihn anprobieren, ja. Kannst du aber einfach auch 20 Stutz mitbringen, kannst den Hut haben und dann, I don't know. Und nachher hat er gesagt, ja, wegen diesen 20 Stutz eben, ja, ob er das nicht günstiger haben kann. Und ich so, nein. Und nachher schreibt er zurück so, haha, so geizig. Yes! Und, Oh, beste! und ich habe auch noch mein Ding habe ich verkauft, mein Engel Fireball. Oh, ja. Ein unglaubliches Tool. Ein Wahnsinnskiste, 100 Watt ist er, glaube ich, oder? Ja. Aber 120? ein Mörderteil. Habe ich zusammen mit so einer Laboga-Box, die ich noch kann. Gerade ich so, ja komm, da Gitarre, Amp und Verstärker, ja für irgendwie 700, 800 Stutz. Ja. Ich so einfach, komm weg bitte. Und dann hatte ich eine Interessentin, hat sie geschrieben, so, ja, eben, ja, ob sie den anspielen kann. Und ich so, okay. Ja, kommst du vorbei. Kabel und so, habe ich so alles da, also, kann ich. Und sie so, ja, ist gut, ja. Ja, sie bräuchten das eben unbedingt für ihre Band. Ich so, ja, I don't care. Look, wenn er dich interessiert, dann kommst du ihn anspielen, von mir aus machen wir den Tag ab. Dann kommt sie. Und ich so, okay, ist jetzt so eine ältere Dame gewesen. Dann dachte ich so, ist das so easy strange, so eine ältere Dame, die dann so, ich interessiere mich mega für so einen Engel Fireball. Weißt du, ich wollte so richtig, Creator, Ja, who knows? Ich wollte Who richtig knows? durchthrashen. Ja. Und nachher kommt sie und ich dachte so, okay,
Hat sie jetzt keine Gitarre mitgenommen? Weird. Hä? Ah doch, sie hat so ein Güfferli. What the fuck? Also mit so einem kleinen Güfferli kommt sie. Dann kommt sie bei mir dort in die Wege und ich so... Okay, ja und so... das ist der Verstärker und so. Da können sie gerne mal anspielen. Dann packt die eine Giga aus. Und ich so... Lady, what the fuck? Aber ist es eine E-Giga? E-Giga. Und sie so, ja, sie ging mit ihrem Mann eben eine Band. Und sie... Einfach Atmospheric Black Metal mit Giga. Ich habe keine Ahnung. Ja. Sie bräuchte einfach einen Verstärker für ihre Giga. Nicht so... das ist ein Gitarrenverstärker. Es ist nicht mega so geeignet für das. Also... Sie kann es gerne probieren. Aber es ist... I don't know. Es wird wahrscheinlich nicht gut tönen. Ich würde jetzt eher etwas anderes empfehlen. Einfach, dass ich es gesagt habe. Nein, sie will das unbedingt. Dann hat sie dort irgendwas losdudelt. Das Portal in die Hölle aufgemacht. Absolut. Höchstwahrscheinlich. Absolut. Und dann so, ja, ob der noch Crunch? Und ich so, ja, der hat noch Crunch. Ja, ist gut. Machen wir mal auf 11, oder? Und ich so, ja eben. Es ist halt ein Gitarrenverstärker. Ich weiß jetzt halt nicht. Und sie hat sich sicher zurückgelegt und gesagt, fick, gell? Und sie nachher so, ja, also wenn ich jetzt ihr den noch Hilfe abtrage, dann können sie mir das Geld grad direkt geben. Und ich so, eigentlich wollte ich nicht, aber irgendwie, was weg ist weg. Weißt du, wie die Band oder was Ja, heisst? ich will wissen. No idea. Hast du nicht gefragt? No idea. Mann. Schau, nein, ich habe einfach gesagt, ich finde das keine gute Idee. Und habe gesagt, ich finde schon jemand Das anderes, ist die der so beste Idee, die kaufen. ich Du je bist der gehört schlechteste habe. Verkäufer ever, Alter. Ich bin immer der schlechteste Verkäufer. Du hast dir aber- den mansplained. Hä? Nein, ich habe sie... Nein. Er hat es ja probiert. Sie hat es einfach nicht akzeptiert. Sie hat mich ich habe nur versucht, wirklich... Das waren meine 2 Cents dazu. So, ich wollte ja dir auch nichts Schlechtes verkaufen. Keine Ahnung, ich kann ja schon so einen auf ein Schlitzohr machen und dir nachher irgendetwas verkaufen, wo ich genau weiss, du wirst vielleicht nicht zufrieden sein. Aber dann again habe ich müssen sagen, Vielleicht ist das gewesen, was sie gesucht wenn hat. sie absolut happy ist mit dem und das genau das war, was sie gesucht hat, ja dann Das bitte. klingt nach einem Banger-Setup. There we go. Ja. Banger Setup. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bereue es nicht. Ich hoffe, sie bereut es auch nicht. Danke vielmals, dass du den gekauft hast. Sie ist jetzt am Durchgehen. Ich hoffe es. Hey, falls irgendjemand die Frau kennt, wo ein Wir haben keine Angaben. Engel Fireball. wo ein Engel Fireball. Fireball. Fireball in der Haut, bitte sagt uns, wie die Band heisst. Ja, also. Sick. Ich bin jetzt must viel have zu them. invested in das Ganze. Ricky, du musst das heute noch herausfinden. Du hast 2 Sachen zum herausfinden. heute. Ja. Ich glaube nicht, dass das herausfindbar ist. Ich musste mit SMS schreiben mit der. Hey, haben wir noch schnell den Morgen dazu holen, dass es einen Input gibt? Nein, auf Vielleicht keinen sind- Fall. Ist unser Podcast. Okay, jetzt. sorry. Nein, ja. Wegen Booking und so. Ja, wenn wir das noch wollen. Ja, das können wir schon noch kurz machen. Und dann würde ich sagen, müssen wir auch wäre es wahrscheinlich auch für die Hörer Das haben mal wir gut, wenn wir verzeiht. eine Stunde 16 zusätzlich zu einer Stunde 30. Halb 11. Was Yes. soll Wilfi? Fuck my life! Ja, es wäre schon vielleicht. Ich habe schon lange wieder High RuneScape spielen. Ah, ja. Also wir können den Marco gerne noch schnell hinzufügen. Musst du noch mal einen Boss-Pad holen. Ja. Und dann, ich habe vorher Geh mal eigentlich schnell schon... fragen. Dort, wo du das so ein bisschen sentimental geworden, nicht sentimental geworden bist, aber erklärt hast, was jetzt so alles Zukunft bringt für euch, bin ich da gekocht so... Eigentlich wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einfach zu sagen, das war es. Und dann It's a wrap. hat der Niki wieder die Schnurren aufgerissen. Wow, gib mir die Schuld! Du bist Nein, off! ich habe es ja nicht gesagt. Mhm. Ja. Ich habe es ja nicht unterbunden. Ich bin effektiv selber schuld, dass ich dich zu Wort geholt habe. Vielleicht sollte man dich unterbinden. Willst du mich zum Eunuch machen? Nein, nicht so drastisch. Okay. Wir können ja zusammen gehen. Snip, snip. Für einen Snibbidi-Snubbidi. Wo wollen wir gehen? Hä? Wo wollen wir gehen? Zum Gynäkolog für Männer. Schön. Alter. Male Gynecologist. Urologen einfach jetzt Male Gynecologist nennen. Also. Wer? Ricky! Ah! Ricky! Ah, das sind meine Flossen! Ricky, ich sehe Shorts. Ja. You know what to do. Ja. Wow, gut. Oh. Nachher muss ich etwas sagen, nach Gutzling und spucken, das ist mega... Musst extra mit dem Mikrofon essen.
Du hast mir kein alkoholfreies Bier sollen geben. Alter, Aber ich gebe sonst gerne mein Mikrofon an Marco ab, dann bin ich nicht so laut. Ich bin die ganze Zeit da auf Zeit am Gehört. Ja, ich eigentlich auch. With class, weißt du, was ich meine? Ja, ich eigentlich auch. Ich hab's mir voll ins Gesicht. Der hat mich selber... Nein, ich habe dir nicht ins Gesicht. Ja. Du bist einfach noch zurückgekommen. Ui. Das war ja räudig. Wow. Zum Glück gibt es noch kein so Spotify mit olfaktorischen. Boah, das wäre der Shit. Nein, das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht Das wär cool. nicht gut. Stell dir vor, wie so jeder Durchschnittspodcast wird schmücken, wenn du dann los ist. Dann bist du so. Jeder Alpha-Mail-Podcast. Ex-Africa. Dann würden die einfach hoffentlich ein bisschen Protein-Farts, schneller Alter. Aber nur aussterben. Proteinfürz und Eikos. Das ist gerade zu der Überleitung. Wir hatten vorher noch die Frage gehabt, was sich so verändert hat jetzt nach dem Metal Battle. Und Yes. dann haben wir einerseits da so ein bisschen Inputs gegeben von halt auf Band-Ebene und so. Und weil der Marco jetzt gerade noch da ist, der Marco ist so unser Band-Papi und der Marco macht unser Booking. Weil das ist super, weil wir können das nicht. Es geht schief, wenn wir es machen. Ja, es ist auch super, weil ich kann keine Musik machen und darum ist vielleicht gut, dass ich das mache und nicht Musik. Also, Du bist ja. einer von der wenigen Menschen, die ich kenne, wo administratives Zeug so eigentlich sehr gut kann und auch irgendwie noch gerne macht. Und Hey, komischerweise ja, ich mache es wirklich Du gerne. bist ein Einhorn. Aber Ja, das ist wirklich Marco, ein Einhorn. du musst zuerst mal für alle Zuhörer mal ein bisschen deine Backstory erzählen. Ja. Zu wissen, wie es überhaupt zu dem Punkt kommt, dass du so gut mit dem Zeugs bist. Hey, das ist wirklich eine gute Frage und sie ist auch grausam schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist auch viel langweilig auf der Arbeit, oder? Hey, es gibt Leute, die schauen den Podcast bei mir beim Arbeiten. können wir das Ich skippen? habe vorher schon gesagt, ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Du darfst das Gleiche sagen. Nein, du machst einfach glaub, schon länger. Mhm. Ja, nein, ich habe wirklich schon früher mit irgendwie 16, 17 ein Booking für einen Club gemacht in Wädenswil. Club Industrie war mega lässig gewesen. Dort hat es auch noch nicht so Nachtzüge gegeben. Da sind die Leute noch in der Agglomeration in Ausgang gegangen. Und das hat dann aufgehört. Der Club hat dann irgendwann auch dazu machen. Darum ist dort nicht mehr so viel gelaufen und ich habe das auch ein bisschen vermisst, so irgendetwas anzureissen. Und es hat sich dann halt ergeben, dass ich durchs Zusammenkommen mit der Mick, dass sie meine Partnerin ist, eigentlich wie angefangen habe, immer mehr und mehr für Expello machen, wo sie selber vielleicht gar nicht so Bock drauf haben oder es vielleicht wirklich einfach nicht können. Ich glaube, der Marco ist einfach daneben gekocht und einfach gedacht, ich kann nicht zuschauen. Ich habe das, fuck genau, it. ich habe das effektiv genauso in Erinnerung, dass du irgendwann mal gekommen bist und gesagt hast, was ihr da macht ihr ja nicht mega gut. Macht doch, du hättest einen Vorschlag, macht ihr doch einfach Musik und ich mache das andere. Und ich habe das mega begrüßt, weil ich wäre die Speerspitze, um zu sagen, ich kann das Zeug nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, jede Band wünscht sich Ja. so etwas. Ja, wirklich müssen sagen, ich so, ja, das gebe ich unglaublich gern ab. Richtig. Also ich will wirklich, Und bin auch unglaublich dankbar. Spy und einen Arm geben für so etwas, ja. Hey, es ist auch mega lustig, dass wirklich mega viele andere Bands fragen auch so, hey, kann ich auch, können wir auch? Oder kannst du das für mich so? Ja, nein, ich arbeite ja noch nebenbei. Und irgendwie, es ist inzwischen zu einem Hobby geworden, genau wie es für euch ist, das Hobby zur Musik machen. Ich tue halt gerne unterstützen und gerne supporten. Mache gerne alles außenrum. Und ja, es ist... Ich kann wie nicht 2 Hobbys dann haben. Also ich müsste es zum Beruf machen, aber das ist, glaube ich, auch ziemlich schwierig. So. Wie, man kann nicht 2 Hobbys haben? Nicky mit. What kind of blasphemy are you telling me? Ja, es Das ist ist ja jetzt dann, eine es ist These, ja die dann, du mir auch musst erklären musst. wenn das ist, ich habe es am Luki von der Kate Effect letztens so erklärt. So. Er hat auch wieder gefragt, ja, möchtest du nicht bei uns? Und das ist dann so, ja, aber in dem Moment nehme ich ja Zeit weg, wo ich für Expello etwas machen könnte. Und dann kann ich es nicht mehr 100% machen und dann fühlt es sich falsch an. Das haben wir gerade im Auto gehabt, so you can do one job properly or 2 jobs poorly. Und das habe ich von der Diplomat Season 3 auf Netflix, schon gut.
Also das habe ich einfach von jedem Office, wo ich jemals drin geschafft habe. Aber Ja, aber das ist eine andere Story. Also, du hast kein Mikrofon. Sag mal noch. Ja, da kannst du einfach jedes Office gehen und kannst schauen, wie Leute keinen Job properly machen. Also einfach nur irgendetwas anarschen. Ist eine Option. Ja. Mhm. Ja, und jetzt auch mit dem Wacken, da hast du, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun gehabt, logistisch. Ja, ihr habt, glaube ich, etwa 20% von allem mitbekommen, auch am Wacken selber. Es ist ziemlich crazy gewesen, was an Informationen reingeprasselt sind, die ich auch nicht in dem Ausmaß erwartet hätte. Und es ist eigentlich wirklich schön gewesen, dass ich euch dort ein Stück weit auch können entlasten konnte. Also geil, ich kann einfach Joe gehen, kann Joe spielen. Und die Infos müsst ihr gar nicht alle bekommen. Ja, voll, das habe ich mega geschätzt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, du bist ja besser vorbereitet gewesen als das Wacken selber im Prinzip. Ja. Wo halt, wieso, du bist schon ready gestanden mit den richtigen Fragen, bevor sie überhaupt Antworten hätten können geben. Ja, und sie haben dann auch 3 verschiedene Antworten gegeben. Richtig, und ja, das habe ich auch so in Erinnerung. Also es ist mega gut gefiltert, weil es ist wirklich viel Zeugs reingekommen und zum Teil auch immer wieder andere Informationen, die sich dann zum Teil widersprochen haben oder die kurzfristig geändert haben. Und ich glaube, wenn wir das alles hätten müssen selber noch zusätzlich zu allem, was noch war, dort, noch irgendwie wuppen, dann wir wären mega lost ihr hättet gewesen. euch mega gefitzt. Vielleicht nicht einmal, aber wir wären einfach hure lost gewesen. Wir wären so überfordert gewesen, weil es ist so viel gewesen. Das klingt auch nach klassischer deutscher Projektplanung. Ja. Das ist, Also das ist wirklich extrem wertvoll gewesen. Aber was hast du so gespürt, dass sich so geändert hat vor dem Wacken und nach dem Wacken? Hey, eigentlich hat sich gar nicht so viel geändert. Die Anfragen, die reinkommen für Expello, sind so mega schüch. So also die coolste Anfrage war, das war Arcane, der uns angefragt hat, hey, können wir in Thomas Bierbox? Ja, aber ich weiss gar nicht, machen die denn das noch? Ja, so what? Ja, also ja, es hat sich eigentlich nichts geändert, oder? Es ist mehr das. Vielleicht Anfragen aus dem Ausland sind wenige, die reinkommen, aber das vielleicht ein bisschen mehr. Aber sonst hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist, irgendwie ist es auch schön. Ja, voll. Shoutout Arcane, letzte Single ist ein Banger. Habe ich schon letzte Folge gesagt. Oder gut. Mega. Ich zeige wieder mal mehr mein Alter, verdammt. Aber ey, in dem Fall, Expello hat mal ein MySpace gehabt. Ja, Natürlich. geil. Expello gibt es anscheinend auch. Nicht Expello gibt es ja anscheinend auch ein Drittel von meinem Leben schon. Wahrscheinlich 2 Drittel von dem her. Also ich meine, einmal, ich bin mein halbes Leben, mehr als mein halbes Leben jetzt bei Expello. Von dem her. Krass. Ja. Alright. Also gibt es mehr als ein Drittel von deinem Leben. Ja, und 20 Jahre? 20 Jahre nächstes Jahr? Ja. Ah, nächstes Jahr ist 20 Nächstes Jahr ist 20 years. Nächstes Jahr, ja. Haben wir etwas vor? Gibt es etwas in Planung? Läuft irgendetwas in den Hintergrund? Hey, ja. Das ist gut, das nehme ich als eine Antwort. Danke vielmals. Ja, natürlich ist das eine Antwort, du fragst, läuft etwas im Hintergrund und er sagt ja. Das ist relativ... Das nehme ich als ein Ja. Ich korrigiere meine Aussage. Ich akzeptiere die Antwort. Was hast du gedacht, als er so beiläufig erwähnt hat? Ja, nächstes Jahr werden es noch 20 Jahre. Ich kann einfach wählen, dass er jetzt da irgendetwas rausspillt, wo halt, weißt du, investigativer Journalismus. Ich habe gedacht, ich verwünsche euch jetzt irgendwie auf einem Fuß, dass er da etwas spillt, was er eigentlich gar nicht will spillen, dass ich nachher kann behaupten kann, ihr habt es zuerst gehört bei Metal Servola. Hey, ich kann vielleicht etwas Kleines. Ja, schau, du möchtest es hören. Bist du, aber mehr sage ich nicht. Ich sage einfach so, bist du am Parkway Drive Herrenschalberg, da mal im Volkshaus, ich glaube 2006. Bist du auf der Wahl 2006? Nein, es ist später. Volkshaus. Herrenschalberg Parkway Drive. Das ist 16. Es war mega geil. 16, oder? 17 wahrscheinlich. Oder 17. 16, aber ich habe gesagt, etwas mit 6. Ja, 6 ist Ja, spitze. irgendwann nach 30 hörst du auf Zählen. Das war nicht 2016, die muss irgendwann 2013 umeinander sein. Nein, das ist auch okay. 2016 ist Heaven Shall Burn, ist in Aber Parkway siehst du, Drive bist nämlich mit Architects im Volkshaus gewesen. 3 ist auch etwas mit 6. Ja, das stimmt. Das habe ich letztens gelernt. Ja, ist fix, 3, 6 ist ein kleines, ist ein Vielfaches von 3, also stimmt schon. Nein, und das ist mir mega geblieben und das war lässig. Okay, ja, ist gut.
Ja, das ist der Ricky, stell Alter. jetzt ab, ich will wissen mit dem. Alright. Ja, also wir besprechen jetzt Sachen. Jetzt kommen Abmikrofon? Insider-Infos. Ja, voll. Also, das war cool gewesen. Merci von euch beiden. Ja. Euch drei. Danke vielmals. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden Voll. Shoutouts, Aufregen, Feedback. Nicht im Mikrofon. Wir haben es abgestellt, erzähl mal. Ciao zusammen. Mach jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.